Jo, und das war das Intro zu der neuesten Ausgabe Metal Servala. Wir haben heute für gewisse Leute ist es Frühshoppen, für andere ist es, ich bin seit 8 Stunden wach und habe schon 14 Gitarren geflickt. Ja. Heute mit grandiosen Ricky von Taoist und ich habe keine Ahnung, wer da sitzt. Er hat eine Xonor-Maske an, sie hat eine Xonor-Maske an, ich weiß es nicht. Es ist Esgun. Esgun. Gun Self. Esgun, klingt wie so eine spanische HC-Band. Esgun. Ja. Elgun. Willkommen, Gun. Dankeschön. Ja. Für alle, die es jetzt immer noch nicht gecheckt haben, es ist der Xona. Ja. By the way, der beste Instagram-Handle ever. Kelly, ich schwöre, aber da ist mir erst so nach 2 Jahren Xonor heißen eingefallen. So, jo! Das ist schön, Mann. Ja, Mann, das hätte müssen sein. Jawohl, welcome back. Einer von den wenigen Return-Guests, die wir bis jetzt hatten. Ja, Mann. Der Mike ist, glaube ich, der einzige sonst. Und der Brian. Aber der Brian ist Breakdown of Sanity. Small District. Nein, Breakdown of Sanity haben wir nur einmal im Podcast gehabt. Nein. Du bist einfach nicht dabei. Fuck, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, ich bin retired. Brian und ich haben Breakdown of Sanity interviewt. Carlo und der Oli. 2-mal. Beste. Ja, also einer von den vielen Return-Guests. Der Lucky von Gate Effect haben wir auch 2-3 Mal schon ins Mikrofon stöhnen gehört. Stimmt. Okay, ja. Wir schauen, ob wir das noch heute machen. By the way, ich habe den Lucky die ganze Zeit falsch abgespeichert. Ich habe ihn im Handy als Lukas KTE abgespeichert. Nicht TKE. Lol. KTE, das könnte so ein Venue sein. Ja, das könnte so ein Jugendhaus in Deutschland sein, wo du nicht schon genau. ohne Ich glaube, es spielen. gibt sogar eine, was so. Das ist KTS in Freiburg. Ja! Ey, habe ich euch das schon erzählt? Hitler-Jokes darfst du auch nicht machen, habe ich gehört. Gut, aber weil unser Gitarrist ist angefickt worden, weil, also unser letzter Gitarrist ist, weil er sein Hemd offen hatte. Sind sie aufgegangen? Ja, wirklich, also sie hat das Hemd angehabt, das offen gehabt, so mega Dave-mäßig, oder? Und dann ist eine raufgekommen. So. Und ich bin so am Checken gewesen, wir sind am Spielen gewesen, und auf einmal sehe ich ihn so mit dem am Reden. Und dann erst nachher hat er das Ding suchen, dann frage ich ihn nachher so, hey, weißt du nicht? So, ja, ich gesagt, wir müssen mein Shirt zuknöpfen. Ich so, okay, gut. Dort hättest du den Security-Move bringen und einfach gerade von der Bühne boxen. Nein, also du hättest ihn als Sänger einfach gerade von der Bühne ginken und es hätte niemand dir übel nehmen, weil du einfach hättest können sagen, it's part of the show. Ja, die Story geht eben noch weiter. Oh. Also ging niemand, aber... Hättest du den Guilt-Trip Flying Kick gemacht? Der Guilt-Trip? Oh mein Gott, also. Okay, das hat tödlich ausgesehen. Das Video muss ich nachher einfach noch schauen, weil ich habe das noch nicht gesehen. Und ich habe das gesehen und ich denke so wie, Bro, der Bruder von Lamb of God ist ja im Knast gegangen wegen dem Scheiß. Er ist eben nicht in den Knast gegangen. Doch, da ist in Tschechien gewesen. U-Haft einfach. Ja, U-Haft, aber U-Haft ist nicht Knast. Ja, aber ist immer Knast. 6 Monate, Alter, der hat ein Buch geschrieben. Ein Song auch, 512. Ja. Voll. Das finde ich noch lustig. Das heisst, wir sind ist einfach okay, wenn wir was auch immer der Tim Lambesis wieder gemacht hat. Oder Leute für den Tod von Leuten verantwortlich sind, ist anscheinend momentan völlig in Ordnung. Wenn du eine grosse Band bist, wenn du eine kleinere Band bist, dann kannst du nicht einmal mit Bands auf Tour gehen, wo Allegations haben und du wirst gemobbt von deinen Fans. Ist auch nicht gut genug. Ist das das Oceana Gate, wo gemobbt worden ist, weil sie mit Bands auf Tour gegangen sind, wo Vorwürfe hatten, dass sie mit Leuten Sachen gemacht haben, die man nicht hätte machen sollen. Dann ist plötzlich Oceana, die Band, die noch nie irgendwie so etwas in die Richtung gemacht hat, noch nie einen Vorwurf gehabt. Ich glaube, die netteste Scheibe ever. Die sind dann einfach zu Tode gemobbt worden. Was fällt euch mit denen auf Tour zu gehen? Ihr seid genauso schlimm wie sie. Und du denkst dir einfach so, nein, sind sie nicht. Der Sänger hat den besten Rage-Quit gemacht, weil ich gefunden so wie, Bro, ich bin kein Redditor, fickt euch alle, ich kann weg ins reale Leben. Gut, anyway. Ich verstehe es einfach, man. Ich weiss, alle Local Bands, die sich um Gelegenheit am Kämpfen und so, und dann nachher landest du in so einer Situation. Ja. Also, nein, ich bin auch so nahe zum Aufhören Musik machen, weil ich so scheiße habe. Nein, echt. Aber echt, man. Ja, das ist das Ding, wie dort, wo Paleface Swiss jetzt, da haben so Paleface geheißen, mal kurz ein bisschen im Kreuzfeuer war, weil in einer Nazi-Doku vom SRF hat einen Human Hunter Hoodie angehabt. Also, und dann ist mal ganz kurz so, sind Paleface Nazis? So, nein. Wer hat einen Human Hunter? In dieser Nazi-Doku ist irgendein Dude vorgekommen und dann hast du gesehen, dass er den Human Hunter Hoodie von Paleface angehabt hat. Nein,
Echt? Oh. Ich muss diese Doku suchen. Sie wissen nicht, also anscheinend wissen sie auch nicht, wer das war. Wir haben so eine Situation gerade vor kurzem gehabt, wo das NZZ hat uns so einen Artikel geschrieben. Nein, wirklich? Mal. Und es ist so, also wir haben in Zürich gespielt und dann war anscheinend irgendeine Journalistin dort gewesen. Und wir natürlich mit dieser Sturmmaske über den Government und so. Und dann kriege ich so eine Mail am nächsten Tag von dieser Journalistin und die sagt so, ja, ich war eine Show gewesen und ich schreibe gerade einen Artikel über Jugendkultur und wie sie sich verändert und so und ich würde gerne noch interviewen. Ich so, ja, safe, komm, nimm mir doch ab, ist eine gute Gelegenheit, noch so stehen, Bad Publicity. Ja. Und dann habe ich mit der eine Stunde lang telefoniert, solche Fragen beantwortet. Weißt du, wir sind ja keine politischen Aktivisten oder so, wir tun uns bewusst irgendwie distanzieren von rechts, links, was auch nicht. Und ich habe alles so möglichst beantwortet, so, ja, was sind die rechts oder links? Dann habe ich gesagt, ey, wir machen Musik. Also, so habe ich es beantwortet. Hey, aber Schluss am Ende ist nachher ein Artikel bei NZZ am Sonntag gestanden. Ein riesen Titelbild. Ganz oben mir, dann Andrew Tate da, TikTok da, irgendein Schwingerfest, da unten Talerhons vom Boxkasten, oder? Und das ist so, ja, Titel vom Artikel war, was, ist der Mainstream plötzlich rechts oder was ist los mit jungen Schweizer Männern? So, ja, geschweige denn eine Frau in der Band, aber ist schon okay. Ja, gut, das ist natürlich taktisch auch falsch von euch, die hinter das Schlagzeug zu setzen. Aber ja. Okay, seht das ja gar nicht. Und Fresh Metal Frisur hat sie auch. Ja. Ja, okay. Und halt mit Gunmaske erkennst du auch nicht. Und im Come to Brasil-Land hat jeder Fresher genau die Frisur hat jeder Fresher dort. Okay. Und okay, ja, wahrscheinlich auch. Aber der Artikel ist so geschrieben, sie sind nochmal bei Namen erwähnt, nur den Song haben sie erwähnt. Okay. Und es war echt so eine hohe Schmieraktion. Wahrscheinlich auch so lazy Journalism. Von dem aus haben wir dann auch unseren Lügenpresse-Song geschrieben. Ich war so hässig. Wirklich. Ja. Das ist einer der wenigen Songs, wo ich wirklich einfach so hässig bin ab dieser Situation. So, oder ich habe wirklich gedacht, ich will jetzt einfach da einen ehrlichen Beitrag schreiben. Und dann habe ich, dann ist das einfach im Flow gekommen, oder? Ja, hey, aber man spürt Emotion. Das ist schon mal wichtig. Schon, okay. Ja, absolut. Das höre ich gerne, Mann. Ich habe heute Morgen Sonne gelassen, nachher bin ich in eine Thrash Metal Rabbit Hole reingegangen. So, Bonded by Blood, Gamma Bomb und so. Dann habe ich mir so, shit, die ersten Gamma Bomb Album sind nicht auf Spotify, what the fuck? Ja, es ist ganz komisch. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, so recht viele Bands haben so gewisse Alben nicht mehr auf Spotify. Ja, ich weiß nicht, ob es so ein Labelkampf sind oder so. Ich glaube eben schon. Ich glaube irgendwie so etwas. So blöd. Liegt wahrscheinlich daran, weil Spotify angefangen hat, eigene Musiker auf die Playlists zu rühren und Major-Label-Artists auch wegzutun, weil sie noch mehr Geld einsacken können. Ja, Spotify macht das. Sie machen es. Also bei Metal und so ist es glaube ich nicht so crazy, aber sie haben... Nein, jetzt kommt noch viel perfider. Sie haben... Perfid? Ja. Was ist das? Das ist ein deutsches Wort. Ich kann dir jetzt gerade auch keine genaue Definition bringen, wenn du mich auf den Spot setzt. Du hast mir das Hirnschachmatt gesetzt, glaube ich. Also, das ist ja, wenn sie würden eigene Künstler sein, das wäre ja irgendwie so ein sag mal das Wort auf Englisch. Nepotismus. Nein, das wäre so ein bisschen sketchy. Ja. Nicht sketchy, sondern Vetterli-Wirtschaft. Shady. Das wäre so ein shady. Ja. Und so perfid ist so das deutsche Äquivalent zum Wort shady. Nein, das ist nicht mal das. Also wenn Spotify jetzt als Label auch ist, dann die Artists sind Nepo-Babys. Also ich bin, ja, aber perfid ist so, bist du quasi, ich probiere das Wort jetzt zu erklären, weil ich weiss, was es heisst, aber ich kann es nicht ausdeutschen. Pervers? Ich kann man verstehen. Nein, irgendetwas. Ähnlichkeit. Es hat Ähnlichkeit damit, aber im Sinn von Schwein töten, das Fleisch zusammenmaschen. Nein, jetzt lass doch schon zu. Das Schwein töten, das Fleisch zusammenmursten und dann in den Darm von dem Tier reinstecken. Das ist ziemlich perfid. Es ist, okay. Es ist paradox. Okay. Nein. Das ist, pervers ist ein gutes Ding. Es hat zwar nichts mit Sex zu tun, aber eben so. Pervers muss auch nicht mit Sex zu tun. Eben, genau. Aber die viele Leute, ich unterstelle jetzt unseren Hörern, dass sie alle dumm sind. Viele Leute, die den Podcast hören, hören das Wort pervers und denken so, geil, Tüte. Ja, wirklich. Looking at you. Ja, 16-jährige Xona-Fans, ich weiss, wer ihr sind. Stimmt, jetzt haben wir wieder junge Fans, wenn wir den Donald da haben. Goons sind fast crazy. Anyway, wie sind wir jetzt dort abgedriftet? Auf jeden Fall, was ist denn noch weitergelaufen mit dem Hemd?
Stimmt, ja. Oh ja, stimmt, voll abgeschweift. Dann haben wir einfach weitergespielt und ich dachte, okay, ist schon gut, weißt du, was ich meine? Ich wollte etwas Grosses daraus machen, weißt du, das war auch in Mitte im Set noch gewesen. Aber dann am Schluss haben wir so ein technisches Problem gehabt. Und wer jemals so ein Konzert gesehen hat, wo wir ein technisches Problem hatten, wir haben so das Protokoll und das Protokoll heisst der Hurensohn Blues. Und der Hurensohn Blues. Kennt ihr auch den mit der Ziege gehabt? Sagen wir mal? Der Ziege-Song hat er auch gehabt, oder? Den haben wir dort nicht gespielt, glaube ich. Nein, doch, den haben wir dort noch gespielt. Aber vorher, es ist quasi vor dem letzten Song gewesen. Und dann haben wir halt den Hurensohn Blues gespielt. Und der ist ganz einfach, der geht dim, 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 und dann steigert es sich immer auf. Und das Lyrics sind ein Hurensohn, ein Sohn. Weißt du, was ich meine? Ich sehe, glaube ich, wo das hingeht. Ja, und dann haben wir das einfach gesungen, Alter. Und der Song ist basically so, hey, ich bin ein Hurensohn, du bist ein Hurensohn, wir sind alle Hurensöhne, oder? Und soll ich jetzt die Stimmung auflockern und so. Die Schweiz, ein absoluter Banger, wenn man den so selten, wie man spielen, wenn man spielen, kommt er immer verdammt gut an. Aber nein, in dem KTS haben sie unsere Mics abgestellt. Und zuerst habe ich gedacht, mein Mic ist kaputt. Dann bin ich zum anderen Mic gegangen. Und dann habe ich gesagt, und dann irgendwann bin ich so hässlich geworden, Alter. Ah, ist das im KTS Freiburg? Das ist im KTS Freiburg, Alter. Der hat direkt gespunten, Alter. Nein, echt, Alter, das machst du einfach nicht. Die haben unsere Setlist im Voraus, haben die haben gewusst, was wir werden spielen, was wir könnten spielen. Dickpics ist drunter gewesen, Murder the Government, alles, das ganze Paket. Und dann haben sie unsere Mics aufgestellt. Und nachher habe ich so eine Szene, aber erst nach dem Spielen dann, weil es ist der letzte Song gesehen, und ich denke, komm. Und danach habe ich dann so eine Szene dort reingerissen, Alter, ich bin dann nie wieder eingeladen. Geil. Ja, aber das liebe ich, wenn so freie Räume brutal reguliert sind. Ja. Es ist so ein freier Raum, dass es am Schluss reguliert ist. Das ist wirklich geil. Es ist fast Faschismus. Es ist, sorry, aber ein Stage, der Mao-Stage steht dann, Alter. Bro, come on. Du willst auch keine Hitler-Stage machen, Alter, oder Stalin-Stage. Aber nicht in der Mao-Stage steht in der KTS. Jetzt kommt wieder ein Take, wo ich höchstwahrscheinlich Hate dafür kriege. Weil, fuck, Dona, du machst mir, du. Jetzt kommt der Cancel-Podcast, jetzt sind wir am Arsch. Okay, here we go. Nein, ich habe ein Take gehabt. Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Ah ja, dort ist es darum gegangen, ich habe irgendwo Instagram-Werbung gesehen für eine Podiumsdiskussion über Kunstfreiheit und was man alles darf, was alles erlaubt ist, ab wenn das Propaganda ist. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich meine, ich bin 100%ig der Meinung, dass man das so rechte Nazi-Scheiße nicht darf propagieren, nicht darf tolerieren. Und weiss ich nicht was, aber ich finde es dann ein bisschen geil, wenn dann so eine Horde Sozialwissenschaftsstudenten unter sich dort reinhockt an dieser Podiumsdiskussion und sich gegenseitig einen darauf abgeilt, dass man nicht darf gewisse Sachen unterstützen, wie das falsche Propaganda in die Welt rausrührt, aber dann selber quasi in dem inne Propaganda pusht. Weißt du, wie ich meine? Das ist paradox, oder? Solange die machen, ist es nicht gut. Wenn wir es machen, ist es gut, weil wir sind ja der Meinung, dass es gut ist. Nein, es ist gut, das ist jetzt aber auch eine böse Unterstellung. Es könnte ja natürlich auch sein, dass sie das Podium so aufgestellt haben, dass dort zwei gekocht sind aus dem Lager und zwei gekocht aus dem Lager und die haben sich auf die Fresse gegeben und gesagt, wenn ihr dürft linke Scheiße rumposten, darf ich auch einen Hitlergruß machen im richtigen Leben. aber unter uns, ich bezweifle, dass es so war. Die grosse Frage ist halt immer, es gibt richtig und es gibt falsch und dann gibt es legal und es gibt illegal. Und wie ist das untereinander ordnen? Und ehrlich gesagt, ich bin halt dort durch ein radikal, ich sage, look, Bro, mach und sag, was du willst, Alter, aber wenn du eine auf die Fresse bekommst, dann I don't know, Bro, dann musst du halt auch helfen zu wissen, oder? Und das extreme Meinungsfreiheit, sage ich es mal so. Also meine Grenze ist dann vielleicht irgendwo. Also Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit oder Freedom of Speech hat ja nichts damit zu tun, dass du von den Konsequenzen von deinen Aktionen geschützt bist. Ja, safe. Also genau, aber Leute haben fast vergessen, wie es sich anfühlt, in der Fresse geboxt werden, wenn jemand einfach... Alter, du bist so richtig... Amen, Alter. Fuck me, Alter. Wo zum Teufel ist der Glatzkopf aus Amerika? Ja, wirklich. Also ich agiere immer noch mit der gleichen Mindset wie in der Schulhalle. Wenn du etwas Dummes sagst, dann bekommst du eine Fresse. Ja, das stimmt. Und deswegen bist du halt nicht so an. Weißt also nein. Ich bin nicht so an, wenn ich ein guter Mensch bin. Ja, habe ich das Gefühl. Ja, die Hälfte der Podcast lässt ja. Brudi.
Ja, Nein. Weißt du, das Thema Ich habe schon Angst, dass so Alex Jones Scheiße kommt. Who the fuck is Alex Jones? Kennst du Alex Jones denn? Nein. I don't like putting chemicals in the water to turn the freaking frogs gay. Alter, hast du... Du vergisst es, ich bin 30. Es gibt einen geilen Clip von Alex Jones, Eddie Bravo und Joe Rogan, wo Alex Jones, der Eddie Bravo versucht zu erklären, nein, the Earth is not flat. Und so wie Alex Jones versucht, the Voice of Reason zu sein. Ich schon gesagt, einfach verkehrt die Welt. Alter. Das ist wirklich funny, man. Das ist so eine Infowars, hat auch so eine Show, eine Online-Show. Und ich glaube, er ist relativ bekannt worden, weil er halt damals irgendwie... das mit den Kindern, oder? Genau, irgendein School-Shooting hat er als Verschwörungs-Dings... Das Lustige ist, meistens von den Conspiracy Theories sind tatsächlich wahr. Eben leider, aber das schon. Aber beim einen war er ziemlich falsch gewesen. Er ist brutal. Er ist einfach zu fest in 4chan drin gewesen, Alter. Ja, genau, das ist es eben. Ich habe letztens die beste Verschwörungstheorie gehört. Das ist die beste Verschwörungstheorie, die ich seit langem gehört habe. Jetzt bin ich die Füße lupfen, der kommt ein bisschen flach. Das war 9/11. Das war eine Terrororganisation, die Al-Qaida heisst. Jetzt kommen wir nicht raus. Das ist die Verschwörungstheorie. Meinst du? Das ist die Verschwörungstheorie. Keine Ahnung, was von 9/11 sind halt, ehrlich gesagt. Also ich sage nichts, aber als ehemaliger Flugzeugelektriker muss ich sagen, das Loch im Pentagon ist zu klein. Ei, okay, gut. Ja, in dem Fall. Das hat eskaliert. Jetzt Waffen-Metal-Podcast, Alter. Sobald jemand eine Sturmmaske Ich glaube, ich ziehe es mal an. So, jetzt haben wir alle Clickbait-Episodentitel draussen. Yep. So, jetzt können wir auflösen, dass wir das von Anfang an geplant haben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wenn der Donald Maske da oben hat, machen wir ein bisschen cringe Shit also ein bisschen cringe Verschwörungstheorie-Sachen. Ich rette uns nur gerade den Arsch. Also, sag mal, du hast den NZZ-Dings markiert, geframed und in den Proberaum gestellt. Das nicht, aber ich habe es auf jeden Fall abgespeichert und das Ding ist... Ich will das machen, ich muss einen goldigen Rahmen rumhängen. Ich soll einen Poster daraus machen. Also ich habe NZZ tagged beim Release vom Song, das habe ich gemacht. Aber das Ding ist ja nicht zu gross Glocke dran hängen, weil Bro, es ist bei uns gerade momentan eine Situation. Es ist nicht mal ein Problem, es ist einfach eine Situation, wo, okay, der durchschnittliche TikTok-Follower von Xoner ist Ashley, they, them, irgendetwas anderes. Dann Furry / Neurodivergent / Witch. Ja. Und dann irgendwie unten dran noch irgendwie Black Lives Matter, irgendetwas. Ja. Das ist der durchschnittliche TikTok-Follower von euch. Das ist der durchschnittliche TikTok-Follower. Und in der NZZ ist so der durchschnittliche, haben sie euch mit dem Andrew Tate gleichgestellt. Dann gibt es aber den durchschnittlichen Instagram-Follower. Der ist halt einfach 10 Jahre älter. Und der ist Father American. Christian, Firearms Enthusiast, Tax Evader. Und dann so ein Typ mit einer Baseballcap und einer Sonnenbrille hatte. Zum Fernsehen, das wundert mich schon nicht. Ganz ehrlich, das wundert mich gar nicht. Aber ja, es ist ein bisschen ein Ding, wo du jetzt halt dich als Band musst entscheiden, ob du mit dem mitgehen zum mehr Hype haben oder ob du das irgendwie ich finde es eben geil, dass es beides anzieht, Alter. Ja, das ist... Es ist irgendwie so eine weirde, vor allem auf unserem Discord-Server, dort ist so eine weirde Unity, dort hast du, alle haben so Goon bei ihrem Namen drin. Goon, ist so der Goon Heinrich, der Goon, was auch immer. Dann hast du den Goon Fanboy, Goon Trans Goon und so. Also wirklich, und die sind miteinander am Reden. Es wäre so einfach über Musik und Scheiße. Also ihr macht mehr für kulturellen Austausch, für intergenerationellen Austausch und interkulturellen Austausch wie die meisten. Das ist eben das Wahnsinnige. Wie die meisten Sachen, die behaupten, sie machen das. Ja, Murder the Government ist parteifrei. Irgendwie schon, ja. Eben. Ja. Ich meine, wir haben schon so gewisse Songs, die so ein bisschen, ja, eben All Hail Genocide um Palästina geht. Und dann hast du Killdozer, wo so die libertären Amerikaner gehen. Oder die Yannick von Lotrify. Ja, finde das geil. Ja, ich finde es brutal geil. Er schickt mir etwa jeden zweiten Tag irgendein Meme, wie er einen Bulldozer umbauen mit Panzerplatten. Und ich frage alle 2 Wochen mal so, Yannick, einfach so kurz zum Reinchecken. Ja, du hast es nicht wirklich vor, oder? Lernen schweißen und so. Das kann er ja alles schon. Der hat ja seinen eigenen Oldtimer, den er rumschraubt. Aber Bro, das ist schon, also sorry, aber die Story, ich meine vom Kilo, also,
dass einer so, egal für was er jetzt hässig, er ist ja so hässig halt, dass er sich jahrelang einen Panzer baut. Und er einfach gerade Sachen kaputt macht. Er hat niemand verletzt. Er hat nur Shit kaputt gemacht. Das ist ja... Das erinnert mich an das Bill Burr-Bit, wo er am Umschießen ist, von wegen das Second Amendment, dass jeder eine Waffe darf haben, das kommt ja aus einer Zeit, wo du noch Musketen hast. Ja, genau. Und so, wenn du hässig bist auf einen, hast du so, hey, dir schiesse dich, du hast meine Frau gefickt, dir schiesse den Grind weg. Und dann, wenn du so eine Minute die Muskete gestopft hast, irgendwann so, ja, also irgendwie, eigentlich lohnt sich das jetzt nicht. Eigentlich bin ich nicht so hässlich. Und der andere ist ein Jahr lang ein Panzer am Schweißen gewesen. Das heißt, der ist wirklich hässlich. Der ist wirklich hässlich, darum sage ich. Ich kann mir genau vorstellen, Alter, der ist so dort im Schweiß so fucking mit dem Maga-Hut. Ja, genau. Das war 2004 gewesen, jetzt noch kein Maga gehabt. Nein, aber es ist so perfekt, auch vom Vibe her. Also, wer hat sich schon mal nicht so gefühlt? Alter, weißt du? So. Bei mir ist dann meistens doch 5 Minuten fertig. Ja, gut. Ja, das stimmt. Eben. Aber da muss schon etwas passieren, dass du so lange hässlich bist. Ja, das ist so. Ist so. Aber das ist ja wie, aber in dem Fall habt ihr wahrscheinlich auch vor allem eher auf dieser Instagram-Follower-Seite dann Leute, die sich darüber aufregen, dass Rage Against the Machine jetzt Vogue ist. Ja, basically. Es ist ein bisschen da. Es hat also das heisst, alles. Ja, weil das ist das Geile. Die haben ja früher einfach Rage Against the Machine gelassen und das Gefühl, ja, fick den Staat, aber halt nie zugelassen. Ja. Und dann ist der Staat ja immer mehr quasi, dann ist das, was Rage Against the Machine in den 90er propagiert hat, ja immer mehr das geworden, was jetzt so ein bisschen wir alle als normal oder so sozial und fair anschauen und eigentlich gut. Und jetzt sind sie hässig drüber, weil Rage Against the Machine so Sachen sagt wie in der Corona-Zeit, bleibt daheim und legt Masken an, wenn ihr rausgeht. Und die Leute dann so, seit wann sind ihr eigentlich so woke, seit wann sind ihr nicht mehr gegen den Staat? Und dann alle Kommentare unter, also Rage Against the Machine ist im Fall schon immer genau für das gestanden, was sie jetzt propagieren. Nämlich, dass man aufeinander schaut und das nicht irgendwie asozial ist für irgendjemanden. Die Zeit ändert sich halt. Ja. Das heisst, ihr hättet jetzt eigentlich die Macht, zum so richtig fetten Backlash bekommen, wenn ihr so einen richtig... Oh ja, definitiv. Also es braucht nur ein Artikel und also dann sind wir also ich meine mehr so Backlash von euch Right-Wing-Fanboys in Amerika. Also wir verdienen halt bei. Sie könnten euren Instagram-Content noch mehr pushen, indem das drunter schreibt. Why did them boys get soft? Ja, und dann ihr so still. Unsere Drummerin. Ich glaube, Sonor ist mehr Systemkritik und Kritik und einfach Highlighting von Corruption und so Zeugs. Aber im Endeffekt, beide Parteien korrupt sind, scheißegal. Ganz genau. Deswegen sind wir alle on the same boat. Oder? Genau. Ich finde es voll nice, weil ich meine, wir haben alle in der Band unsere politische Meinung, das ist ja normal. Niemand ist nicht politisch, aber ich habe schon immer gesagt, von Anfang an, ich will nicht so eine hure Aktivistenband sein. Ich will über Politik sagen. Das ist aber auch fair. Ja, aber es gibt so viel davon. Alter. Die gehen wir hure auf die Eier. Weißt du, was ich meine? So, das Einzige, was wir ansatzweise so gemacht haben, ist damals, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, haben wir dort halt auch so unseren Support gezeigt. Aber wir haben es ein bisschen anders gezeigt. Aber ihr seid auch in Ukraine gewesen. Genau. Also wir sind gegangen. Genau. Und nicht, was so ruhig war. Voll. Es ist vorher wahnsinnig. Wir sind, by the way, nochmal eingeladen worden, dass wir so einem recht grossen Festival dort auftreten, in Lvov oder Lviv. Aber wir sind noch am Überlegen, ob wir dort hin gehen, weil sie zahlen nicht wirklich viel. Ja. Aber eben so das. Ihr habt es gehört. So nur noch Kommerz. Nur noch Kommerz, sowieso. Alter. Clean Vocals kommen bald, weil ich nicht mehr krank bin. Ja. Es ist schon, mir kommt es kotzen bei so, ich Slacktivism, kann man es irgendwie nennen. Weißt du, was ich meine? Wenn es voll ist, oder? Ja, es ist voll. Aber ehrlich gesagt, kannst du meinst, wenn es einfach so nicht ernst gemeint ist, sondern einfach zum noch ein bisschen mehr Applaus abgreifen? Ja, genau. Oder halt so zum so ein bisschen, ich weiss doch auch nicht, vielleicht kennst du irgendeine Band, wo so in einer Szene schon gestartet ist, ob es jetzt irgendwie eine linke Szene ist, rechte Szene gibt es wahrscheinlich nicht so viel bei der Musik, aber dann ist das so standardmäßig. Die rechte Szene ist die, wo Geld machst, Alter. Ja, wahrscheinlich. Sagt der Dockenburg etwas? Dockenburg? Da gibt es Turnhallen,
wo so 3600 ja, Neonazis ja, ja, Bands schauen. Von dem her musst du also da, ich glaube, dort läuft es wesentlich besser wie bei der linken oder der nicht politischen Bands. Es gibt so eine polnische Neonazi-Band und jetzt müssen wir gefasst machen. Weißt du, wie die heisst? Honor. Jetzt seht ihr, warum wir uns umbenannt haben. Einen Grund davon. Und ich glaube, die haben eben mal dort auftreten bei so einem Dings. Und das ist gut möglich. Und ja. Es gibt es schon, aber eben so, dass du standardmäßig, als wenn du deine Band gründest und rauskommst und schreibst Hashtag gegen rechts oder Hashtag Alert Antifaschisten. Was auch immer. Logisch ist ja alles fair und gut, wenn du das glaubst. Das Ding ist einfach so, es ist cheap. Weißt du, sind vielleicht in Ukraine aus Versehen gebucht worden? Haben sie die andere Band? Bro. Das wäre in Russland gewesen, Alter. Also es hat eben schon ein bisschen was mit den Nazi-Dings zu tun. Ich bin ganz ehrlich, weil die haben schon Probleme dort. Mhm. Ja, aber ganz Osteuropa, auch zu Rumänien, haben wir strube Sachen gesehen, muss ich sagen. Ich meine, ich habe letzten Dienstag Stick to Your Guns gesehen. Das war Dienstag gesehen, oder? Mittwoch. Nein, Mittwoch ist Trivium. Nein, stimmt. Ja, und das ist so auch so eine Band, die da auch rumschreien ist. Aber der Sänger von denen hat das Community Center aufgemacht in L.A., wo er quasi dann auch Obdachlose mit Geld und also mit Essen und Kleider und allem Scheissdreck versorgt. Und weiss ich was alles. Und dann ist es eben nicht mehr cheap. Ja, dann machen sie etwas. Gegen so etwas hast du nichts, gell? Das ist wirklich nein, überhaupt nicht. Ja, das ist ja eigentlich auch richtig, so solltest du es machen. So und nicht einfach nur für noch ein bisschen gratis Fame bekommen. Es ist ein Cloud-Chasing, oder? Ja. Ihr habt es ganz schön gemacht, throwing shit to the wall until something sticks. Ja, genau throwing shit against the wall, das ist genau das, oder? Ja. Im Endeffekt, ich habe kein Problem, wenn jemand das so dazu glaubt und so, aber ich glaube, so als Band-Marketing-Taktik finde ich es einfach cheap. Um das geht es. Okay, ja, gut. Weil dein Produkt ist nicht mehr Musik, oder? Ja, mein Produkt ist Musik und nicht mein Ziel ist, die Musik zu wachsen und halt mir daraus irgendwie eine Community aufzubauen, eine Karriere zu machen und so. Und nicht irgendwie da Social Change zu machen. Natürlich gibt es Sachen, die man will verändern und man hofft natürlich, dass es in die Richtung geht. Aber ich bin dadurch ein bisschen okay, es liegt nicht in meinen Händen, so in dieser Art. Und, auch wenn es ein bisschen in meinen Händen liegt, ich stimme ab, natürlich, aber... Sobald Musik da... In der Schweiz kann ich das wirklich gar nicht sagen. Es ist echt so 100... Ja. Also sobald Musik raus ist open for interpretation, oder? Ja, jeder kann interpretieren, wie sie wollen, oder? Du hast einen gewissen Intent. Kannst du nicht kontrollieren. Wir gestern mal Nachricht bekommen auf TikTok. Ihr seid Drecks-Nazis und ihr solltet euch schämen und so. Und ich so, okay. Wieso? Also, ja, ihr habt das Wort Lügenpresse benutzt. Okay. Und ich so, okay, Bro, weil ihr Wort benutzt habt, bin ich ein Nazi. Das ist okay. Ja. Ich sehe, woher lies mal die Lyrics, du Schwanz, Alter. Ich sehe, woher das kommt, aber das ist einfach genauso cheap wie das andere, was du gesagt hast. Genau. Es ist eben das Headline-Repetition. Einfach, du hast irgendwo eine Headline gelesen, das ist jetzt meine Gedankensweise jetzt, oder? Genau. Wo ich jetzt gehe, du hast schon deine Meinung aufgebaut. Gut, da ist auch ganz ehrlich Medienschule, dass sie einfach Clickbait-Bullshit machen. Ganz genau. Ja. Das sehe ich als einer der grössten Gefahren in der Gesellschaft momentan, ist, dass das Medien halt, sind es halt schon immer gewesen, eigentlich, sind wir ehrlich, aber es ist momentan mit Social Media, dass du nachher auf dem Handy liest und so halt viel mehr so, es muss einfach Klicks fangen und dann ist gut. Es muss die Leute hässlich machen, es muss Emotionen wecken. Also ich frage mich so, wenn du so Journalismus studiert hast, als so junge Mensch, der so das Gefühl hat, geil, ich kann etwas verändern und nachher schaffst du in so einer Agentur, die einfach so Twitter-Posts recycelt in eine Zeitung rein. Und dann musst du dir keinen Kopfschuss geben. Und jetzt fangen die Firmen einfach AI-Bilder brauchen. Ja. Es ist so weird. Es ist wirklich. Du meinst, der Roger Federer hat nicht wirklich irgendetwas gemacht, dass er von der Polizei verhaftet wird? Oder welches letztes Mal gesehen? Nemo. Oh Mann. Nemo, also das, was er gemacht hat. Ich so, ja, du hast auch nicht verstanden, um was es bei Nemo geht. He? Ja, wirklich nicht. Aber ich finde es schön, dass sie so ein breites Spektrum an Fans sind. Ich meine, Goons, ich sehe es einfach, die sind, glaube ich, einer der loyalsten Fanbase, die ich je gesehen habe. Ach, geil, Mann. Also ich mag es euch gönnen, dass ihr ein breites Spektrum an Fans habt. Ich finde es schade, dass ihr unter anderem wegen gewissen Fans von euch dafür irgendwie Kritik bekommt oder irgendwo in einer Situation. Ja, das hast du ja vorher erzählt. Wegen dem Ding, weißt du, durch das, dass quasi ihr ja auch durch irgendwelche Gründe oder was auch immer dann also eben MAGA-Hutträger haben, gibt es wahrscheinlich Leute, die euch das nachher
eben negativ nachtragen, Ja, weil sie dann das sowieso. Gefühl haben, Kannst aber nie kontrollieren. du musst quasi als Band aktiv dagegen vorgehen, so Leute gar nicht erst zu erreichen. Genau. Eben, auf der einen Seite, ich mag euch gönnen, dass ihr die Leute auch erreicht und die euch feiern, aber dann auf der anderen Seite ist halt eben die Kehrseite von der Medaille, ist dann halt das, was du gesagt hast, mit dem, dass es dann halt eben dann eventuell könnte zu einem Problem werden. Ja, du. Kann es wirklich zu einem Problem werden? Also weiss ich Wenn nicht. jetzt irgendein sagen wir mal, ein Also nein. CNN-Artikel würde kommen. Also so ganz und ehrlich. irgendein Also nein, okay, ja. Oder meinst du Backlash von den Fans? Und so? Ja, so Zeug. Nein, und was dann würde passieren, ist dann, sagen wir, sind jetzt da die Rechten, die da voll über uns aber cancelt. Aber der Podcast ist noch nie so politisch. ist schon. Ich probiere da gerade irgendwie uns über Wasser zu Jetzt halten. sehen wir, warum wir mich nicht eingeladen haben so lange. Dann was passiert, dann kommt auf die andere Seite mehr Motivation über. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, und dann ist halt so, weißt du, was ich meine? Ich überquere die Brücke, wenn ich sie erreiche. Also Ja, ich find auch, wie war es? Bad publicity is also Ja, genau. publicity. Dann again. No such thing as bad publicity. Genau, 100%. Ich probiere auch meine Musik zu pushen und, Das ist gut. und Genau, alles andere. But it's open for interpretation. Ja, That's genau. it. Ich habe ja nur die Option zum Musik schreiben, die authentisch mir gegenüber ist. Und alles andere ist echt außerhalb von meiner Hand. Ja, du könntest schon auch Musik machen, wo du absolut nicht dahinter stehst. Ah, das ja, wäre dann ja. halt einfach nicht geil. Nein, das wäre nicht geil. Nicht geil. So, der nächste Song. Der ist so, der nächste Song habe ich so ein bisschen Mühe damit. Aber es Warum? ist ein ganz krasses Thema. Mhm. Es ist aber einfach so musikalisch ist es so nicht mehr so da. Es tönt wie etwas, was ich vor 2 Jahren geschrieben habe. Weißt du, was ich meine? Aber wir haben jetzt produziert, wir haben jetzt parat und ready to release und man steht halt irgendwann schon nicht mehr so dahinter. Ich merke es ja noch schon an der älteren Musik von mir selber, dass ich nicht mehr so dahinter stehe. Irgendein Zitat habe ich mal gelesen, dass in der Kunst du erst zufrieden bist mit der Verwirklichung von deinem nächsten Projekt. Und das hört nie auf. Ja, Dann ja. bist du quasi, ja. Und wenn das fertig, ja. Dann bist du beim nächsten, du wirst nie zufrieden sein. Oder? Und dann, Aber das zeigt eben Growth. Genau. Und das ist, weil wenn du es nicht so würdest spüren im Fall, dann bist du einfach gleich stecken geblieben im gleichen Ort. Das nein, stimmt, weil Genau. wir haben ja da, ich habe ja mit Eversis vor 2 Wochen noch eine Single rausgebracht, oder 3. ja. Ich finde die... So voll. Ja, wir haben schon, also ich finde sie nicht also ich stehe dahinter, ist ein guter Song, aber ich selber finde den Song nicht, ich finde ihn so ein bisschen, für mich ist er ein bisschen langweilig, aber es ist ein guter Song und ich habe jetzt von mega vielen Leuten gehört, dass das der erste Song ist von uns, was sie wirklich auch in eine Playlist hinzugefügt haben. Und das Ding ist, wir haben den halt irgendwie 2023 geschrieben und recorded. Gut, du hast auch den wahrscheinlich schon 1000-mal gelost. Nein, den habe ich am wenigsten gehört, den haben wir noch nie einmal live gespielt. Aber beim Schreiben, beim Production, ich kenne es vom Gut, ja. Mischen. Ja. Ich kenne es vom Mischen, vom Recording. Ja, aber vom das habe ich bei Schreiben. anderen Songs nicht. Never Know finde ich immer noch der beste Song von uns. Und den haben wir zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen. Ja, aber das spielt Präferenz Aber auch. hey, ich finde es gut, sind wir als Künstler sind wir ehrlich mit uns selber und können auch das sagen. Ich meine, Das ist der beste Song ever, Alter. ne? Das ist der beste Song ever, den ich je geschrieben habe, den wir letztes released haben. Könnt ihr ihn hören. Los. Ja, genau. Also nein, er ist wirklich gut. Das ist nicht halt, das klingt so, als ob ich gesagt hätte, der Song ist nicht schlecht, der Song ist gut. Ich finde ihn geil, er ist einfach nicht mein Favorite. Darum finde ich es so lustig, dass mega viele Leute sagen, das sei jetzt ihr Lieblingssong von uns. Und ich habe dort und verstehe es nicht. So ein Podcast ist halt ein guter Ort, um jetzt dich eben persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und dann deine echte Seite sehen. Also weißt du, ich meine, natürlich stehe ich auch hinter meinen neuen Stuff, aber warum sollte ich jetzt drüber lügen? Oder weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so eine Frage. Also schau, ich bin jetzt voll gehypt für tausend Songs, die erst in einem Jahr rauskommen. Oder? Ja, Und jetzt voll. muss ich noch fertig die Fokusseite für einen, den ich vor einem halben Jahr geschrieben habe. Ich so, okay, ich muss machen. Fühle ich immer noch, aber Ja, so, ja. es Es gibt schon so gewisse Grade. Ich meine, Ja, Cupkiller, der Song, Bro. In einem Kleinkind habe ich mich gefreut, um den zu droppen und so. Und ja, es hat sich schon gelohnt. Der ist sehr gut angekommen. Das vor allem das Paleface-Feature hat mega dazu beigetragen. stimmt, ja. Und ja, dafür den Messiah bin ich mir komplett unsicher gewesen. Ich habe den Song auch gefühlt, aber ich hatte schon so einen, den ich so tot gelassen hatte. Aber der ist trotzdem mega gut angekommen. Also so, wenn ich darüber denke, ist gar nicht ausschlaggebend. Das ist nicht, nein. Ja, voll nicht. Nein, das ist gar nicht. Und Amix, also das sehe ich auch jetzt so, die Songs, die am wenigsten erst erwartet, wie es passiert,
explodiert nachher am meisten. Und Ja, fuck, Bruder, das war ein Fehler. Das ist im Fall etwas, was ich mir angewöhnt habe. Wenn ich zu lange an etwas rumküchle, höre ich einfach auf damit. Ja, wenn ich jetzt sage, so, ich brauche jetzt da eine Strophe oder ein Refrain oder ein Ding, wenn ich dort eine Stunde lang dran rumküchle, dann höre ich auf damit, weil dann höre ich aber mit dem ganzen Song auf. Weil dann ist wirklich, dann höre ich auf und vielleicht komme ich in 2-3 Wochen einmal darauf zurück, aber wie dann wird es nichts. Das ist ja das, was du gesagt hast. Der eine Song, den jetzt wir bei Taoist spielen, wo wir alle irgendwie am geilsten finden. Mist. Den hättest du ja einfach in 2,5 Minuten. Das ist ein Fehler gewesen. Ja. Das hast du in 2,5 Minuten rausgerührt, einfach weil du noch einen Filler-Track gebraucht hast. Und jetzt ist es wahrscheinlich nicht der beste Song, aber der wo irgendwie gerade die ganze Band klickt am meisten mit dem Song zum Spielen live. Okay. Du musst eben auch erkennen, so als Künstler, dass manchmal ist es, vielleicht ist es du machst die Kunst, du bist irgendwann mal dahinter gestanden und es ist doch wert, zum anderen die Welt rauszuzeigen. Also, ja, logisch. Gut, das ist ja das. Ich meine, ich habe letztens meinem Chef auch gesagt, beim Mitarbeitergespräch, also wenn ich an 25-jährigen Silvan denke ich mir so, der war dumm gewesen. Und ich hoffe, dass mein 35-jähriger Ich auch denkt, dass ich jetzt dumm bin. Ja. Und wenn es so weitergeht, dann ist das so. Ja. Und das ist das Gute ist, wir historisieren das Ganze mit dem Podcast und dann können wir zurücklassen. Ja, safe. Das heißt aber, ist der Mongo? Ich schwöre, das ist jetzt das kommen so 100 Kommentare. Actually, du hast vor 3 Jahren genau die gleiche Scheiße, die jetzt gesagt hast, schon mal gesagt. So. Ja, verdammt. Ja, gewisse Sachen bleiben auch stecken, gewisse Ticks und so. Ja, sag nicht. Es ist schon eine Challenge, muss ich sagen. Also es gibt größere Challenges auf der Welt als jetzt Musiker. Mir so, oh nein, es ist schon hart. Ja, es ist schon hart. In meinem Büro hocken und Thrash-Metal spielen. Ja, oh mein Gott. In meiner Wohnung, wo ich mir die Miete kann leisten von meinem Job, wo ich 40 Stunden nur arbeite, in einem Büro, wo es eine Heizung drin hat und eine Kaffeemaschine, wo ich gratis Kaffee trinken kann. Wow, das ist schon alles zu viel. Weißt du, genau, da denke ich dann manchmal, wenn ich so keinen Bock mehr habe, denke ich, was macht eigentlich so, ich meine Fresse heben. Ja, aber das Ding ist jetzt, das ist jetzt natürlich auch wieder ein Punkt, wo ich muss sagen, das kannst du jetzt natürlich aber dann aus dem Winkel anschauen, wo wir ihn jetzt gerade angeschaut haben, oder aus dem Winkel anschauen von, wir haben ja vorher schon mal darüber geredet, wir machen heute mit dem Donna und dem Ricky machen wir einen BWL-Podcast. Das ist Hochschule Baden jetzt. Hochschule Baden? Wirtschaft da. Und das ist ja eigentlich, wenn du Bedürfnispyramiden anschaust, hast du ja unten die Grundbedürfnisse und dann geht es immer wieder auf. Und wir in der Schweiz... Die Maslows-Pyramide zum genau sein. Ja, genau. Genau, wer hat da studiert? Ich muss mir scheißegal, wie sie heisst, ich muss sie noch anwenden. Fair. Ich habe letztes Jahr auch ein Venn-Diagramm Kollege gesagt, also, was für ein Diagramm? Ja, das Schnittmenge-Diagramm. So, ja, das habe ich verstanden. Und dann ist so, haben wir eben gehabt, von wegen, viele Leute haben das gute alte Schnittmenge-Diagramm, das Selbstbild, Fremdbild. Was ist nochmal der Schnittmenge ist nicht vorhanden. Was ist nochmal Schnittmenge-Diagramm? Das ist die 2 Kreisli oder 3 Kreisli. Kreisli, okay. Mit der Schnittmenge drin. Und eben, und wir in Mitteleuropa sind halt wirklich in dieser scheiß Pyramide so weit oben, dass das halt effektiv unsere Probleme sind. Ja, Selbstverwirklichung, aber genau. So, die Probleme selber werden nicht, also die Auswirkung oder das Ding, wenn du irgendwo, das Problem ist immer da, es hat einfach einen anderen Auslöser. Ja, ich glaube auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, Menschen haben immer Probleme. Ja, ich glaube, das ist so. Ich schwöre, gell? Und, wenn du das haben wir jetzt gesagt, in der Selbstverwirklichungsphase bist, du bist nur dann zufrieden, wenn dein nächstes Projekt fertig ist. Und das impliziert ja schon mal, dass wir gar nicht zufrieden sind. Oder sagen wir es mal so, Musiker, die zufrieden sind, schreiben auch schlechte Musik. Ja. Darum werden auch alle Punkbands, das ist meine Theorie, sobald Punkbands nicht mehr arbeiten, sobald Musiker, die so ein bisschen hässige Musik machen und so ein bisschen Musik, eben so sich über Sachen aufregen, sobald die nicht mehr arbeiten müssen, können ihr Leben chillen und quasi machen, was sie wollen, wird ihre Musik scheiße. Weil sie nicht mehr hässig sind. Weil sie sich nicht mehr über Sachen aufregen und das nicht mehr verarbeiten und dann fangen sie an so... Ich könnte halt echt noch sehen. Oasis-Zeug schreiben. Oder nachher wirst du Rick Rubin, weißt du mal. Ja, aber der Rick Rubin schreibt ja selber keine Musik. Der Rick Rubin ist so ein Guide. Das ist fucking Guru. Der Rick Rubin ist ein Guru, der hässige Leute quasi
es ermöglicht, ihr inneres Chakra zu finden und dann das zu releasen. Ja, also die Producer sind schon Songwriter. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit ich jetzt... Die besten Songwriter, sind wir ehrlich. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, seit ich meinen neuen Job habe und 80% arbeite, Bruder, ich bin so unkreativ geworden. Leck mich am Arsch. Schon? Ja, wenn ich mich an Zeug... Ich bin meistens nur dann kreativ, wenn ich mich über Zeug aufrege. Schon? Also, dann ich 4 Songs raus, Alter, dann mache ich Zeugs. Das ist schon so ein Fall, weil ich meine... Jetzt bist du zufrieden. Ja. Du musst ja nicht mehr... Also, das ist ja geil. Ja, weil so, ein alter weißer Mann. Ich bin nur am produktivsten, wenn ich einen Podcast habe, arbeite, studiere, zweite Bandprojekt habe. Bruder, ich fange halb an. Alles zusammen. Eben, genau. Und nachher bist du so produktiv im Fall. Ja. Weil nachher bist du einfach im Stress und dann hast du 1 Stunde, wo ich so, okay, ich kann 1 Stunde Musik schreiben und das ist der beste Song geschrieben ever. Ich schwöre, aber da empfinde ich eben auch so. Die Leute sagen mir halt oft, ich muss mal mein Leben ein bisschen chillen. Und ich sage so, wenn ich das mache, dann gleitet es schnell ins Bach. Aber wenn ich Minecraft einmal öffne. Es ist Minecraft! Nein, echt, ich darf nicht zocken, Leute. Ich darf nicht zocken, weil das ist so. Hin und wieder muss ich es machen, weil hin und wieder brauche ich es wirklich, weißt du, auf den Ausgleich. Look, bei mir, immer wenn ein Valheim oder eine Valheim-Expansion rauskommt oder ich habe letztes Enshrouded neue Region rauskommt, ich schreibe keinen Song für 2 Monate. Ja, aber du bist ja das geilste Beispiel gewesen. Du kommst so zu mir irgendwann einmal Mitte letztes Jahr, so kurz vor unserer fetten Show im Werk Baden, so Rudi Bella, Whiteout löst sich auf. Wir spielen das letzte Konzert dort und ich so fuck. Ja, den weißt du jetzt? Und dann 2 Wochen später kommt er. Hey, ich habe 3 Songs geschrieben für Dings. Wochen später haben wir wieder einen Podcast aufgenommen. Bruder, ich habe eine EP. Und ich einfach so aus Scheiß. Ja, Ricky, wann hast du das Album? Und er so, nein, ich mache jetzt einfach ein EP und wir tun einfach das Schlagzeug programmieren und ich mache das jetzt voll easy und dann mache ich es wie so Dings mache ich das dann? Ich habe den Namen von dem anderen Projekt vergessen. Demi God Unleashed? Ja, ich mache es für Demi God Unleashed. So, einfach so Self-Release und so. Literally 2 Wochen später, Bro, ich habe ein Album. Ich so, mit Vocals, also ohne Vocals wäre es kein Album. Flow, der also, ohne Vocals wäre es kein Album. Aber eben, das ist garantiert, das ist 100% daraus entstanden, weil sich Whiteout gerade aufgelöst hat und der Ricky irgendwie nicht zufrieden war mit dieser Situation und etwas machen daraus. Und mein Fuß ist... habe ich vielleicht nichts und ich kann nicht bouldern. Ja, stimmt, die Misere haben wir auch noch gehabt. Ich für 3 Monate oder so nicht bouldern und ich bin so hässlich gewesen. Das ist krass. Fun Fact, in der Zeit, wo der Ricky seine Bänder überdehnt hat, hat der Mike, der Bassist von Taoist, sich den Fuß gebrochen und wieder geheilt und Mountainbike-Rennen gefahren. Er hat das Ganze gespeedrunnt. Ja. Aber jetzt, wo du da gerade sagst, dass du den Fuß verletzt hast, ich habe auch 2 von meinen besten Songs meiner Meinung nach geschrieben, währenddem ich beim Angry Again Abschiedskonzert habe ich mein Knie ausgerenkt. Das ist hässig. Ja, wie hast du es gemacht? So? Oder so vorne raus? Nein, es ist Seiten raus. Also mein Knie ja, das ist geil. Und voll haben sie einen Pit schleppen und ja, nein, es ist grusig gewesen. Ich habe aber 2 Wochen später noch ein Konzert gespielt in Gröntal. Alter. Das ist noch witzig gewesen. Aber Krücken bin ich dort gekommen. Aber hey, dort habe ich auch zu dieser Zeit, wo ich einfach komplett hässlich bin, dass ich so nichts mehr machen kann. So kann ich nicht mehr ins Gym machen, wieder Huren zugenommen und alles. Also da habe ich Kopfkiller geschrieben. Ich sage ja, ich sag's ja. Ich sage, drum ist Punk so wichtig. Das, was Musik gut macht, ist der Punk. Ich sag's immer wieder. Auch wenn du es mir nicht glauben willst, Luki. Der Punk ist wie Jenga einfach der unterste Stein. Ja, weil das ist das, was modernem... Jetzt kommt wieder mein moderner Metalcore-Rant, aber das fehlt modernem Metalcore. Es fehlt einfach der Hass. Nur weil es heavy ist, ist es nicht hässig. Ich finde... hat was. Weil Slayer ist fucking Standard-Tuning und es ist hässig wie Sau amix. Nicht alles ist im Standard-Tuning. Ich glaube, mehr als Hass. E-Flat ist es eigentlich. Ja. Also, es ist schon Standard, aber E-Flat. Ja, E-Flat. Okay, E-Flat ist immer noch nicht Drop B. Ich finde, du kannst aus jeder negative Emotion oder auch positive, wir machen ja Metal, negative Emotion kannst du ja um einen Song bringen. Und ich finde, Frustration ist das Stärkste von allem. Ja. Hass und traurig und so ist schon cool. Ich meine, du kannst auch Emo-Songs schreiben. Nein, aber ich sag dir, wenn du frustriert bist, kommt... die beste ist Liebeskummer, Alter. Darum ist jeder Song ein Love-Song im Radio.
Das ist der Motivator des Jahrhunderts. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Unsere Frauen, könnt ihr uns bitte... Es zeigt auch, wie krass eigentlich so andere Genres unterwegs. Also weißt du, so, auch wenn ich Hip-Hop höre und so, es ist so viel Liebe und so. Und Metal ist so bis auf den Bauch. Metal auch, das ist wohl kitschige Kack-Scheiße. Aber viel weniger so, finde ich jetzt. Ja, aber gut, hast du schon mal Manowar gehört? Ja, nein, nicht wirklich. Also, ich habe auch nicht. Ist das Manowar? Ja, aber so Metal über Metal finde ich eben auch so ein bisschen lame meistens. Also Metal? Ja, Metal. Wirklich so, es ist schon... Du meinst kein Hate, aber Heavy Metal ist the unheaviest form of Metal. Paar Beispiel. I don't know. We alone will fight for metal, that is true. Oh, yes. So, I don't know. Battle Beast, Alter. Du musst überlegen, das ist eine Zeit geschrieben worden, wo Punks und Metalheads sich tatsächlich in den Streets prügeln. Ja, ehrlich, ich verstehe den Kontext und Messer rausgezogen haben in New York. Aber weißt du, das Ding ist, die Kiddies auf TikTok, die wissen das nicht, die wissen den Kontext nicht. Also die sind wirklich dann so... I don't know, die gehen wie so auf so einen Contrario-Rabbit Hole, aber wo sie so sich weigern, zum einen Song zu hören, wo die Gitarren in Tune sind. Alter, weißt du? Es gibt so ein paar, ich nenne keinen Namen, aber es gibt eine TikTok-Thrash-Metal-Band, Alter, wo denn ihr ganze Ding ist, alle anderen Bands sind verdammte Posers, also wir sind real Metal, no Wimps, no, also, weißt du, sind die 62? Nein, eben nicht. Das ist das Ding seit irgendwie 19 oder so. Oh fuck, aber das ist etwas, die legen sich, also die jetzigen 15 Jahre jüngere wie ich legen sich so an wie ich, wie die, ich lieb's. die 15 sind. Jetzt muss ich nicht mehr fucking tighte Hose anziehen. Jetzt kann ich wieder mal... Sie spielen vor allem alle auch wieder mit Amps auf der Bühne. Ja. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, sie haben auch alle das Gefühl, sie müssen keinen guten Gitarrensound haben. Sie kommen alle mit ihren Amps auf die Bühne und haben das Gefühl, die überproduzierte Kackscheiße, die da die 30-Jährigen machen, die machen wir nicht. Und mein Gitarrensound tönt nach Arsch. Nein. Ich habe eben das Gefühl, weißt du, ich denke, sie reden sich ein so, ja, das ist besser, aber... I don't know. Weißt du, was funny ist? Neutral, was weißt, Sachen was funny ist? Und ich finde es auch scheiße. Weißt du, was funny ist? Das haben wir auch gemacht. Die Alten mit ihren scheiß Amps, ich komme da mit meinem Helix, ist viel besser. I don't know. Im Endeffekt, I don't know, es ist Musik, Alter. Und wir dürfen einfach nicht zu fest uns fixieren auf... was Musiker denken, habe ich das Gefühl. Nein, das solltest du sowieso nicht. Ich finde jedes Mal, wenn Musiker in so Politik-Podcasts oder Talkshows eingeladen werden, denke ich mir so, oder wenn sie auf Sportlehrer laden, das ist noch schlimmer. Musiker gibt es ja auch gewisse, die sich effektiv mit der Materie beschäftigen. Ich meine, mein Favorite Tweet, mein Favorite Meme ist immer noch, wo einer den Tom Morello anschreit, er soll seine Fresse haben, weil er ist nur ein Musiker und er weiß ja nichts von Politik und bla 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 bla, oder? Und dann der Tom Morello zurückgeschrieben, du musst nicht ein Harvard-Degree in Politikwissenschaften haben, um zu wissen, dass das, was Donald Trump jetzt plant, eventuell nicht das Beste ist fürs Land. By the way, ich kann einen und kann dir sagen, dass es nicht das Beste ist, was er plant. Also, das erinnert mich an den Bill Maher und Bill Burr Clip, wo quasi der Bill Burr Bill Maher sagt, Maher? Nein, das ist der Joe Rogan, wo er ihm erklärt wegen der Maske. Nein, wo der Bill Burr ihn sagt, so wie, Bro, du redest von Politik, als du bist so wie die Fantasy Football spielen. Der hast gesagt, hast du mir geschrieben? Ja. Der Bill Maher hat so gesagt, so wie, I know what I'm talking about. Bro, du bist so wie fucking Fantasy Football Coach. Eben, das ist wie dort, sie haben doch irgendwann mal, was ist es? Ist das nicht bei Corona? Okay, wir schicken dich zu Gas, Alter, du kannst lösen. Du weißt es eh nicht, aber ist das während Corona gewesen, was der Jürgen Klopp irgendwie gefragt haben, wegen, ob es okay ist, das ist ein deutscher Fußballtrainer, was sie gefragt haben, was er davon haltet, dass wir jetzt da die Spiele ohne Dings und mit Masken und so durchführen. Und er ist auch da gestanden, hey Brüder, ich bin Fußballtrainer. Ich bin Fußballtrainer. Fragen das doch Leute, die das studiert haben. Ich mache da absolut keine Aussage dazu. Wenn die sagen, wir müssen es so machen, weil die haben es studiert. Ja, echt, so, ich bin Fußballtrainer. Hört auf, irgendwelche. Vor allem, das sind Fußballer. Ja. Es gibt einen Grund, wieso dass die Profifußballer sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es auch nicht können, aber es gibt einen Grund, wieso dass sie Profifußballer sind. So, und den Grund findest du meistens raus, wenn sie interviewt werden. Aber sind wir ehrlich, also viel. Also das ist aber die andere Seite jetzt. Viele Leute, die eben so Degrees haben das Gefühl, sie sind eben der Shit. Alter. Ja gut, das stimmt. Weißt du, und eben, du sagst eben selber, die Leute in der Schule, die lernen es auswendig. Ja, okay, weißt du, was ich meine? So, haben sie wirklich das Verständnis dafür? I don't know, ich kenne eigentlich sehr viele so Akademiker-Typen, wo ich einfach das Gefühl habe, so... Ja gut, aber weißt du, die Akademiker-Typen, die
an den Corona-Sachen, in der Wissenschaft, weißt du, was so die Regierungen beraten haben und so, die so die so das Zeug herausgefunden haben und die Wissenschaftler, die da die Impfungen Sachen, also die haben es glaube schon im Griff. Ja, ich weiss es eben nicht, Alter, weil jetzt im Endeffekt siehst du aber auch, dass viel falsch gemacht wurde. Ja, logisch ist viel falsch gemacht worden, aber das Ding ist, bist du schon mal irgendwo arbeiten, Alter? Keiner hat einen Plan, Alter. Ja. Jeder macht aber einfach genau, nach bestem Wissen und Gewissen. So wird es eben auch dort sein. Ja, logisch ist das so. Aber ich habe dann lieber Leute, die das 20 Jahre studiert haben, dort, wie mich. Okay, fair, würde ich zustimmen. Ja. Das ist eben das. Ich sage, es ist nie eben. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es, egal wo du, in welchem Feld du bist, es ist immer zu einem gewissen Grad ein. Aber das sind eben vor allem bei Sachen, die du noch nie, weißt du, bei der NASA, wenn du so überlegst. Aber das Problem mit der Akademie ist auch, mein Bruder ist Wissenschaftler und das Thema Funding, Alter, ist insane. Ja. Weil halt, es wird halt nur Pioniere kommen und pushen die Sachen, die sie wollen pushen. Ja. Und dann eben, also, und ich sehe so Postdocs und so, die einfach die ganze Zeit nach Funds suchen, um ein Projekt führen bringen. Also sie müssen betteln, Mann. Ja, ist so. Und ich glaube, von dort kommt eben die meisten... Ja, die meisten Fuck-Ups. Von Seite Politik, von Seite Spezialisten, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Wenn sie auf ihrem Quest, zum wirklich Gutes zu machen, und ich glaube, viele von denen wollen auch Gutes machen, sie dann halt hin und wieder mal abschweifen mit, okay, dann tue ich mal halt irgendwie das Pharma-Medikament da pushen und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, so deren Art, damit ich die Funds bekomme, damit ich das wirklich machen kann, was ich wirklich mache. Genau. Ja, das ist so. Hingegen, das Ding ist, die Leute sind eben, die da oben hocken, das sind Fachspezialisten. Und das entscheidet überhaupt nicht, sagt überhaupt nicht aus, ob sie Leute sind, die eine gute Vorstellung haben, von was richtig und was falsch ist. Aha, ja, gut. Nein, das musst du denen sagen. Das musst du denen sagen. Du brauchst einen Puppenspieler. Ja, im Endeffekt, was ich auch meine, ist so, es ist schon vielleicht recht, zum zu sagen, okay, Impfungen sind, gerade bei der Corona. Aha, ich glaube, wir sind wirklich meterweit zu weit in das ganze Thema reingerutscht. Ich kann eigentlich nur sagen, wir sollten nicht Musiker und Fußballer befragen zu so Themen, sondern Leute, die sich mit dem auseinandersetzen. Ich denke, auf die Problematik kommt von dort, dass man von den Leuten auch erwartet, dass sie dann auch irgendwie, ja, sagen wir mal, Moralapostel dann sind, weißt du, was ich meine? Also sie sind vielleicht, sie wissen ihren Shit, aber das Intelligenz muss noch lange nicht heissen, dass du ein guter Mensch bist. Aha, das habe ich keine Korrelation. Und ich meine, es ist auch eine besondere das Lage. Das ist genau, wie wir nicht uns drei das Thema besprechen lassen. Ja. Nein, aber es ist eine besondere Lage gewesen, weil es müsse schnell etwas gemacht werden. Genau. Sie haben sogar die ersten Batches vom Johnson & Johnson irgendwie zurückgezogen, nachdem Leute schon genommen haben. So, ja, fuck, Alter. Ja gut, aber eben, das es ist halt nicht perfekt. Es ist das Beste gemacht worden, was gemacht werden. Und ich finde nachher Themen, Sachen wie kann ich Produkt politisieren und Masken halten. Fucking, jetzt, wenn ich sagst, ja, ich bin krank, ich wollte mein Team nicht anstecken, ich ziehe Masken. Und dann Boomer da und sagt, hey, du, der Woke-Bursch, das habe ich Bro, die Japaner haben es immer gemacht. Ja, und jetzt ist einfach, fucking, sehen sie das, also, oder halt Impfungen als Politik, politisieren ist auch Medizin politisieren ist ein fucking Bullshit, Alter. Genau, so, wie nachher tust du ein Produkt oder ein Brand oder eine Firma mit der Politikbewegung irgendwie vergleichen oder platzieren und dann ist so, ja Bro, that's not the fucking point. Wenn ich das wieder zurückziehen kann in die Musik, jetzt, wir sind ja in der Pandemie entstanden. Ja. Aha, stimmt, ja. Oder? Und ich muss schon sagen, wir sind alle in der Band, wir sind in der Situation ausgeliefert gewesen. Und ehrlich gesagt, anfangs, habe ich die Krankheit, die Corona ausgebrochen und ich dachte, okay, ich nehme jetzt da mal ernst, weil ich weiß nichts. Und es gibt Spezialisten, die sagen, lass jetzt da. Und ich glaube einfach, die Zeit allgemein hätte so viele Leute ein Gefühl gegeben, wie es das Leben anders könnte sein. Und so wie die Norm ist in Ländern, wo es jeden Tag so zu und her geht, dass der Staat einfach tak entscheidet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wir haben jetzt das für 2,5 Jahre, 3 Jahre, haben wir das, ja 2,5, haben wir das so erlebt. Also in einer sehr abgeschwächten Variante. Ja, also weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, also. aber weißt du, wir haben so einen gewissen Geschmacksprobe bekommen. Das definitiv. Definitiv. Und deswegen Murder the Government, unsere Fanbase ist zu 80% in den USA. Also das ist, ich weiß nicht, TikTok hat das so verholfen und so. Und einfach, wir sprechen halt eine ganz andere Community mit unserer Musik an, wie jetzt einfach in der Schweiz. Ist mir jetzt einfach aufgefallen. Ja, also. Aber aber jetzt, wo du das sagst, macht das meiner Meinung nach auch ein bisschen Sinn,
weil wir in der Schweiz halt relativ fest involviert sind in das Ganze, indem wir davon abstimmen. Genau, ja. Und weil wir halt die Geschmacksprobe während der Pandemie hatten, haben wir können so ein bisschen, jetzt sind wir wie auf der gleichen Wellenlänge, wie sehr viele Türken jetzt sind, sehr viele Amerikaner, sehr viele, weiss ich auch nicht. Ja, und es war global gewesen, zum ersten Mal. Alle haben die gleiche Erfahrung gemacht. Genau, und ich glaube, das hat uns dazu verholfen, ich würde nicht sagen, wir sind aus der Schweizer Szene ausgebrochen, weil ich habe das Gefühl, wir sind nie in der Schweizer Szene richtig so da gewesen. Also ich weiß es nicht. Aber weißt du, wer auch das gemacht hat? Paleface. Genau das Gleiche. Habe ich eben auch das Gefühl. Und ich frage mich, Paleface hat keine TikToks, also schon auch, aber nicht Doch, so. aber weißt du noch, sie haben früher eben nicht Reels, sie haben Reels gemacht mit der Bürostuhl. Mit der Bürostuhl. Ja, aber TikTok ist glaube ich noch nicht. Also sie haben den Bürostuhl. Aber ist nicht so viral gegangen. Doch. Durch das haben sie sind bekannt gewesen wegen ihren Reels. Schon, okay. Und nachher halt Beatdown noch dazu. Und nachher, es ist auch progressed, aber es ist auch so, sie haben auch zuerst explodiert. Sie sind halt einfach wirklich ein stabiles, als ganzheitliches Unterhaltungsprodukt sind sie halt. Weil es ist auch Corona gewesen, oder? Stabil gewesen. Ja. Nein, die sind, ja, keine Ahnung, also ich habe die Timeline von Paleface so im Kopf. Sie haben vor Corona haben sie da ihre Beatdown-Zeugs gemacht, dann sind sie mit Mental Cruelty am Anbandeln gewesen, haben mit Mental Cruelty und Nasty mit Nasty, glaube ich, ein bisschen etwas gemacht, dann ist Covid gekommen. Dann haben sie... Bürostuhl? Nein. Bürostuhl ist nachher gekommen. Dann haben sie Curse rausgebracht mit dem fetten Video, wo von YouTube banned worden ist und alles. Stimmt. Das Video, wo Helikopter? Nein. Das wo der Janik von seiner Freundin verschossen wird. Mit dem Auto? Nein, das ist das Gleiche, das mit dem Auto und dem Helikopter. Das hat sehr nicht durchgehen. Nein, das ist das, was in der Lagerhalle sind und eigentlich basically nur gesehen für zwei Kehlen und geschlitzt wird, überall Blut ist, sie hängen dort. Das gute Musikvideo. Ja, voll. Nicht, dass die anderen nicht gut werden, aber das. Und dann ist das gekommen und gut, dann haben sie innerhalb von einer Woche, weil der Videoclip so krass war und der Song halt einfach auch brutal. Also nicht so war wie das alte Beatdown-Zeug, sondern wirklich ein frischer Stil war, meiner Meinung nach. Der hat dann innerhalb von einer Woche 350'000 Aufrufe gehabt. Stimmt. Und nachher haben sie dann beim Recording von dem ganzen Zeug haben sie die Bürostuhl-Videos gemacht. Aha, ja. Und das Thema ist, die haben halt die Reihenfolge auch so gemacht. Sie sind zuerst viral geworden und gross geworden und dann haben sie Ebri gespielt. Nein. Doch? Nein. Sie haben vor Corona im Ebri gespielt. Das Ebri hat nichts zu tun mit Bürostuhl Paleface. Nix. Also ein Clip gibt es noch auf YouTube von Paleface im April 2018, wenn es mal recht ist. Ja, aber eben, das ist alles während der Pandemie. Aber sie haben schon, der Anstieg hat schon angefangen mit der zweiten EP. Eben, mit Mental Cruelty und so, aber genau. sind sie noch im April gewesen. Aber das sind trotzdem wahrscheinlich, wie damals gesagt, auf 10.000 Monthly oder 15.000 oder so. Also es war schon nicht wenig gewesen. Ja, und sie haben einfach nie zusammen gespielt oder mega wenig zusammen gespielt. Ich glaube, so Anzahl Shows, bis sie mal Tour gemacht haben, sind mit 3 oder 4 gewesen. Ja, ich glaube, das ist aber wirklich gewesen, weil sie hätten dort wahrscheinlich umeinander dann das gemacht und dann ist halt Covid gekommen und dann haben sie halt gesagt, jetzt müssen wir halt anderes Zeug machen. Ja. Würdet ihr mir das auch zustimmen, dass ein bisschen so in der Schweizer Szene explodieren? Ich glaube, so fast ein bisschen so braucht, dass du zuerst im Ausland musst bekannt sein und dann kommt erst die Schweiz. Okay, 100%. Die Deutschen, die Amis, Franzosen, das sind alle sind zum Fühlen. Ich glaube, jetzt ist die Schweizer sind wie so die wohlüberlegten Nachzügler. Weißt du, was ich meine? So, man schaut zuerst mal, was die anderen dazu meinen. Schauen, ob es ein Fehler ist. Sind es Nazis? Nein, aber ich habe ja schon oft mit Leuten Schierschlägereien gehabt, weil sie mir gesagt haben, ja, in der Schweiz gibt es halt auch keine gute. Wieso bist du das nicht so viel? Ja, das ist halt eine Schweizer Band, die vor mir war. So. Und wieso bist du darum nicht schauen? Ja, in der Schweiz gibt es keine gute Band. So. Ja, das Schweizer Publikum ist, glaube ich, das schwierigste Publikum in Europa. Also wenn du nicht schon einen Namen hast, auf jeden Fall. Ja, sehr schwierig, weil ich meine, du gehst Legends Trivium Dings, voll Metalhead, so, Bro, was sind die, wenn wir fangen Ebri oder Werk-Show haben? Aber eben, das ist wieder das Gleiche wie immer, die interessieren sich nicht wirklich, das sind nicht so, ich meine, wir, die Musik machen, sind auch einfach absolute Touchköpfe. Ja, wir sind die interessieren sich nicht so fest für Musik wie wir, darum gehen sie nur die grossen Bands schauen. Ist so. Ja, aber muss ich auch sehr ehrlich sagen, verstehe ich auch. Weißt du, was ich meine? So, vor allem, wenn du betrachtest, wie viele Konzerttickets kosten, ich meine, nur schon im Ebri jetzt erst ein Konzert gehabt, 25 Stutz oder so, 20 Stutz? 25, ja. 20 oder 25. Finde ich überrissen. Finde ich echt überrissen. Ich finde es ist jein, weil wenn du überlegst, für 25 Stutz siehst du dann 3 Bands. Ja, und aber ich schaue es jetzt aus der Perspektive, ich sehe deinen Punkt, ich sehe exakt, ich sehe deinen Punkt perfekt. Ja. Aber das Ding ist halt eben auch, ich finde dann auch,
dann haben wir wieder das Problem als Musiker, dass du eigentlich quasi immer drauf zahlst. Ja, ist so, ja. Weil wenn du nicht 25 Stutz verlangst in der Schweiz beim Eintritt, kannst du als der das Konzert veranstaltet, der Band am Schluss nicht mal genug Geld geben, dass sie ihr Benzin zahlen davon, was sie als Anreise und Rückreise hatten. Ja. Ja, ich meine, das stimmt schon bei mir. Ich mache die Rechnung ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel so. Vor allem, ich weiss es, weil unsere Fanbase relativ jung ist. 16 bis 24 ist. Ja gut, die können sich das auch nicht leisten. Ja, die können sich auch keine 15 Stutz leisten. Ja, das ist also, so. Weißt du nicht mal. Es ist verdammt ein Scheissdreck. Die müssen sich zuerst mal eine Packung Ziggis oder Snus holen, mit den 20 Franken Taschengeld, ganz richtig, ja. Und dann können sie irgendwie noch ins Konzert rein, wenn aber andere Leute auch noch gehen. Ja, die perfekte Lösung dafür. Was? Straight Edge werden, mehr Shows schauen. Ey, schau, wir haben auch bei dem Konzert jetzt auch zuerst irgendwie 30 Stutz verlangen. Habe ich auch zuerst, das ist unsere Headline-Show in Wetzikon am 12. April. Mit This Burning Sky, auch eine Band aus Wetzikon, relativ neu, machen das so ein bisschen melodische, ich würde sagen, es ist eine Alternative, aber schon noch auch heavy. Und Sons Coherence kennen wir ja, wie die Szenen, Alter, sind. Hey, nein, kannst du mir schnell erklären, was die Band so macht? This Burning Sky? Nein, Sons of Coherence. Sons of Coherence, ja. Groovecore nennt es. Stimmt. Und ja, das passt. Den Michel habe ich am Trivium-Konzert gesehen. Der Michel? Ja, ja. Bruder. Ja, der ist ein geiler Sieg. Er fotografiert uns, aber er hat auch das Bild gemacht. Geil. Er macht es mega gut. Wir Shoutout an Michel. Nein, aber auf jeden Fall, am Anfang hat es geheißen, hier 30 Franken und so, ist so die Standard jetzt. Und ich so, nein, machen wir nicht, Mann. Vorverkauf, Early Bird machen wir 15 Stutz. Ja. Und nachher 20 Stutz und dann Abendkasse können wir machen, wann er will. Weil wenn du erst am Abend spontan kannst entscheiden, dann zahlst du einfach drauf, oder? Deswegen 20 Stutz finde ich jetzt in Ordnung für 3 Bands. Ja, finde ich auch. Finde ich jetzt auch in Ordnung, aber so, ich sage jetzt mal so, auf Ebri-Liga, so ganz kleine Clubs und so, die müssen wirklich so, zum wieder auch die jüngeren Leute anziehen, müsstest du auch so, ja, 5 Stutz Entry und irgendwie 3 Franken Bier machen. Halt. Erzähl mal, weil ihr habt jetzt die Erfahrung gemacht in andere Länder außerhalb von der Schweiz. Oh, das ist das Problem, dass erzähl mal, wie so war. Darf ich noch schnell? Was, ja? Ja, das ist das Problem in der Schweiz. Es ist alles viel zu teuer in diesem Land. Genau. Und ich glaube, das wird einen grossen Einfluss. Und auch, was ich vor allem eben auch geil finde, ist so Jugendhäuser, die Kulturförderung bekommen. Ja. Wo du aber irgendwie 2000 Stutz musst Miete zahlen am Abend. Ja, und so, in Deutschland haben bessere Ausgangslagen, was das anbelangt. Also dort ist es wirklich so, dass dort musst du halt einfach die Hemdknöpfe zubehalten. Ja. Amen, Alter. Aber ja, eben, ich glaube, die Kosten sind ein riesiges Problem. Vor allem, ich glaube, der Schweizer, dem geht's, Durchschnittsschweizer, gerade heutzutage geht es nicht mehr finanziell so gut wie auch schon. Wie vor 10 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Das ist gut möglich, weil auch wenn du nur schon wenn verdienst. Letztes Jahr habe ich mir mal den Spass erlebt und mal geschaut, wie viel ich für eine Wohnung im Stil von der, die ich in Bülach hatte, würde zahlen. Und haben mir dann gedacht, so, alter, verfickte Kackscheiße, das wäre ja die Hälfte von meinem Lohn. Lass mich raten. 4,5 Zimmer? Nein, 3,5. 3,5. Bülach? Ja. 2,8. Nein, so viel ist es schon nicht. Aber also neu schon. Aber ich habe so eine. Dann bist du bei 2000. Ich habe bis jetzt noch nie in einer neuen Wohnung gewohnt. Ja, es sind knapp 2000. Ja, eben, genau. So viel ist. Ich habe damals, als ich da gewohnt habe, 1300 gezahlt dafür. Und das hat alles einen Einfluss auf die Kunst, ja? Absolut, ja. Du hast noch etwas fragen. Ja, wir sind jetzt, wir haben uns jetzt im Podcast in 2 Jahren noch mehr gesehen. Und ich habe gesehen, ihr sind oft im Ostblock und so am Spielen. Ja, und erzähl mal ein bisschen so von der Erfahrung, auch so businesstechnisch, so Merch, Showpreise oder allgemein. Also hey, wir sind ja 10 Tage auf Tour in Osteuropa mit geplant 9 Shows, schlussendlich sind es so 7 gewesen. Komme ich dann drauf? Kann es geben, ja. Osteuropa, einfach Rumänien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Kroatien und irgendein anderes Land noch. Tschechien, genau. Ja. Ich muss sagen, dort merkst du halt auch, also wir sind mit einer guten Einstellung an die Tour angegangen, so. Also finanziell hat es sich überhaupt nicht gelohnt, sage ich mal, vorab. Ja. Das hätte ich jetzt aber auch gar nicht angenommen. Auch bei diesen Shows, die voll waren, und ich meine wirklich voll, so Kroatien haben wir, es ist kein grosser Club gewesen, es hat aber über 100 Leute gehabt. Haben wir im Endeffekt vielleicht 100 € bekommen. Also weißt du, was ich meine? Also es ist auch, weil die haben auch müssen die Preise so gestalten, damit die Leute überhaupt kommen. Ja, klar. Und die Drinks sind ja dort auch stinkgünstig und so. Wir haben in Polen 30 Zloty bekommen für eine Show. 30 Zloty, das sind etwa
10 Euro? Knapp, ja. Ja, wir auch. Wo wir in Warschau gespielt haben wir auch letzte das bekommen. Aber ich muss sagen, so, sie sind ein riesen Vorteil, den du dort hast, ist, sie kriegen nicht oft ausländische Bands. Und wenn es mal eine ausländische Band kommt, die nicht gerade ein Vermögen will oder so, dann geht die ganze Stadt. Haben wir in der Ukraine krass gemerkt. Also das erste Mal Festival, wo wir da gespielt haben, Festival-Headline und es war voll gewesen. Geil. Oder? Und das ist echt, weil es ist schon mal nicht eine Grindcore-Band aus Kiew gewesen. Weißt du, meine? Ja, aber das ist noch oft so. Das habe ich bei Safe Lost Breath in Kuba auch gesehen. Ja, dort sind auch alle dort gestanden, auch die gar nicht so Musik hören. Einfach weil... Ja, safe. Also das kann ich auch von... Das war etwas am Laufen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das kann ich auch von Es Südamerika, läuft einfach zu viel. Ja, das kann ich auch von Südamerika, weil ich glaube, die Schweizer Crowds sind so verwöhnt, die ganze Zeit so internationale Headliners und so zu haben, oder? Wo ich in Peru und Chile gewohnt habe, im Fall, Metallica ist einmal in 10 Jahren gekommen. Gut, das macht sie in der Schweiz auch. Aber sonst halt nichts. Sonst halt nichts, gell? Also, ich habe, Death Angel ist mal gekommen und das war mein Emmys erstes Konzert für Thrash. Und, aber die sind einmal gekommen in 20 Jahren. Ja, aber das ist krass, aber das ist, weil grosse Bands halt Geld machen und sich das wahrscheinlich... Südamerika ist absolut brutal schlecht zum Touren. Du musst fliegen von einem Land zum nächsten. Ja. Du kannst nicht einen Bus mieten. Ja, und vor allem... Fucking Amazonas. Also kann ich kannst du nicht tun. Ich nehme an, die Parkway Drive-Doku haben die gesehen, wo sie dort in diesen komischen Ländern gegangen sind. Dort haben sie irgendwie, ich weiss nicht, wie viele Shows gespielt, aber die haben das alles aus der eigenen Tasche finanziert. Die haben das einfach gemacht zum Ferien machen und zum lustig haben. Ja, safe. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du als grosse Band irgendwo eben dort umeinander spielst, das lohnt sich gar nicht. Darum machen sie es auch nicht. Ja. Nein, ist so. Ich glaube aber, du hast einen grösseren, auch wenn du mal einen Gig spielst, der nicht zahlt ist, es hat oft einen Rattenschwanz, wo sich mit sich zieht. Wir haben eine Show in Tschechien gespielt und ich erzähle das ungern, weil es ist fast schon traurig. Alter. Es war aber am tschechischen Nationalviertel am 29. September und es war irgendwie ein Samstag oder Sonntagabend gewesen. Und sie haben nicht einmal unseren Flyer aufgehängt, sie haben kein Facebook-Event gemacht, nichts. Also weißt du, was ich meine? Dort war niemand gewesen. Es war niemand da gewesen, Bro. Und es ist eben leider Gottes noch, also nicht niemand, es hat 15 Leute gehabt. Okay, also, gut. Aber ich habe jetzt mit 0 gerechnet. Nein, Gäste gezahlt haben 18 und dann hat es noch ein paar andere Leute gehabt und so. Also, okay, aber, hey, ein sehr war der gewesen. Booker, einer, der irgendwie gerade in dieser Stadt Brno in Tschechien studiert, ist aber ein Norweger und er bucht einmal Bands in Norwegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht, dass jede Show so ist, aber wir haben trotzdem... Nein, aber hast du Glück. Wir sind auf die Bühne gegangen von diesen 8 Leuten oder 10 Leuten, was auch immer mit dem Soundtechnik und so. Die Show haben einfach durchgezogen. Weißt du, was ich meine? Und dann hat es trotzdem... Einmal Probe. Ja, wir haben es einfach so als Live-Probe gesehen, oder? Ja. Aber wir haben trotzdem auch Gas gegeben, ein bisschen Bühnenpräsenz gemacht und so, ein bisschen Crowd-Interaction. Wie ist die Crowd-Interaction da gewesen? Was ich herausgefunden habe, ist, wo wir jetzt Polen gespielt haben letztes Jahr, Polen sind brutal verwirrt, wenn du plötzlich anfängst schnurren auf der Bühne. Wenn du einfach mit ihnen redest. Weil die zwei polnischen Vorband haben nicht viel geschnurrt gehabt. Ja. Und entweder haben sie einfach kein Englisch können oder sie haben hure mitgemacht. Alles, was wir wollen, haben sie gemacht. Also weißt, wenn der Bursch gesagt hat, alle am Boden, sind alle am Boden oder so Crowd-Dings. Sie haben dann sogar angefangen, Liegestütze zu machen irgendwann einmal. Aber jedes Mal, wir sind auf die Bühne gekommen, wir haben einfach angefangen, unseren Scheiß durchzuziehen. Die zwei Vorbands vor uns sind wirklich brutale Bands gewesen. Safe, ja. Und dann haben wir so auf die Bühne gekommen, was machen wir jetzt? Und dann... Den Eindruck habe ich generell von Osteuropa gehabt, dass es eigentlich recht zurückhaltendere Leute sind. Man steht sich halt immer so ein Ostblock-Typ vor, so. Etabliert und so. Ja. Überhaupt nicht, Mann. Im Gegenteil, die sind oft so sehr so sanfte und. Ja, ich habe wirklich so, ich habe nachher, irgendeiner, der hat unsere Show in Warschau, hat einer unsere Show mit dem Handy gefilmt und aufgeladen. Die ganze Show ist da, du kannst die ganze Show vorstellen, das ist super geil. Und es ist wirklich sick, weil ich habe das geschaut und ich sehe dort einfach so hallo. Ich sehe dort einfach so bei dem Video, wie wir einfach so auf der Bühne dumm tun und dann einfach so, hello, bla bla bla. Und ich so, ja, ich wollte jetzt eine Wall of und also, nein, ich so, Wall of Love. Und dann schaut es mich so verwirrt an und ich so, Wall of Love. Ich gehe das auseinander und dann umarmen wir euch einfach und sie schauen so wirklich völlig verwirrt rein und der Butch einfach so, jetzt gehen wir auseinander. Und dann haben sie es aber gemacht, die haben so verwirrt reingeschaut. Und dann haben sie es gemacht und darum eben, das ist so, ich glaube, wenn du so ein bisschen mehr als Local Band ein bisschen mehr auch noch machst, anstatt nur deine Songs spielen, die fühlen es dann hure. Ja, ich glaube, du kannst auch. Ich meine,
Hello Hundi. Du kannst auch recht rausstechen dort rein, indem dass du einfach mal so ein bisschen... Ich denke, sie werden auch viel mal eine Band haben, die vom Ausland kommt, aber völlig demotiviert dort steht, weil sie genau wissen, sie werden nicht viel Geld verdienen, es war eine lange Fahrt und so. Und vielleicht... Ja, aber dann machst du es aus den falschen Gründen. Wir sind in die Shows immer rangegangen und haben halt einfach geschaut, dass von Anfang an der Vibe stimmt, weißt du nicht mal. Ja, ihr habt das aber auch wahrscheinlich mehr als Ferien angeschaut mit ein bisschen Konzert spielen und nicht als irgendetwas zum Geld machen, oder? Nein, überhaupt. Also Geld machen ist nie eine Priorität gewesen. Ich glaube, die Hauptpriorität, wir haben gewusst von Anfang an, es wird sich finanziell nicht lohnen, ist gewesen, wir müssen mal wissen, wie es ist, auf Tour zu sein. Halten wir einander überhaupt aus? Weißt du, was ich meine? Das ist ein wichtiger Punkt, hey, ja. Und es hat schon zum Teil ein bisschen, weißt du, so, okay, aber aus verschiedenen Gründen. Und oftmals mit Alkoholkonsum. Das ist im Fall etwas, was ich letztes Jahr gemerkt habe, weil ich an den Shows nicht gesoffen habe. Bruder. Das ist der Great Catalyst. Also Leute sind nach 3 Bier... Also Leute behaupten immer, ich habe erst 3 Bier gehabt, ich bin gar noch nicht so durch. Also Bro, mal eben. Du hast es eben schon gemerkt. Und ich habe dann mitgetan, dann habe ich komplett alles abgesetzt, oder? Also ich trinke eh nicht viel. Und Anfang Tour habe ich auch nicht viel getrunken, aber mein kleiner Bruder war der Wichs und so. Aber 2-3 Mal ist es einfach ein bisschen zu viel gewesen bei allen so ein bisschen. Und dann haben wir es halt... Wir haben einfach schnell gemerkt, so, okay, Equipment gab vergessen, weiss ich auch nicht, eben Streitereien mit Leuten und weiss ich auch nicht. Und dann haben wir gesagt, so, okay, ich glaube, ein grosser Lerneffekt ist, wenn wir wirklich mal länger auf Tour sind wieder, dann muss der Alkohol einfach. Also dann muss es wirklich bei den Double Digits Bier bleiben. Also wahrscheinlich, nicht Double Digits, nein. so. Double Digits wäre ja 99. Yes! 1 oder 2. Yeah. Und I don't know. Aber es ist eine mega coole Erfahrung gewesen, so dort. Auf das mal wissen, wie der ist. Aber auch für mich müssen sagen, und das wird vielleicht ein paar Leute schockieren, ist einfach nichts für mich. Nein, das hat mir ich habe mit dem Paleface-Konzert mit dem Lucky über das Zeug geschnurrt und dann hat er gesagt, dass mich als ich glaube, du wirst Touren hure gut vertragen, du könntest das einfach, aber er wäre einfach nach einem Tag Alkoholiker. Es wäre eine Show, okay, nächsten Tag Flasche Whisky. Mir ist es einfach so, schau mal, Showspielen ist alles gut und so und hast du mega Reichweite, aber ich sage dir ehrlich, da mache ich einmal im Jahr und dann nachher nicht mehr. Also, weißt du, ich meine, das ist völlig fair. Ich habe jetzt auch Kinder heim und so und ich meine, das ist alles so Zeug, das im Hinterkopf bleibt. Und du machst dann irgendwann auch eine Rechnung. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, ein bisschen modern, aber sag mal, du verlierst in einer Show 100 Stutz. Weißt du, wie viele Leute du kannst auf Social Media erreichen mit 100 Stutz? Ja. Weißt du, was ich meine? Und wenn die Rechnung die ganze Zeit im Hinterkopf hast, dann bist du irgendwann so, sollen wir jetzt wirklich dort hingehen, um die Show zu spielen? Auch wenn es natürlich viele Vorteile hat, die du nie im Leben mit Social Media kannst erreichen. Es ist da, oder? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass Touren, bis sich, sagen wir mal, das Finanzielle, das Wirtschaftliche besser ist, dass sich wieder ausgleicht, ist, glaube ich, Tour einfach noch nicht so gut. Das Ding ist vor allem, wenn eben so Mitarbeiter haben mich auch gefragt, so, wieso machst du Musik nicht so beruflich? Also Bruder. Erstens mal... Also ist geil, bekommst du Doppellohn und so. Ist geil, ja, voll. Und dann denke ich mir so, eben so Knocked Loose, wo irgendwie jetzt 7-8 Jahre lang in einem Sprinter rein tourt, wo sie selber so Bankbeds rein gemacht haben, wo sie übereinander drüber steigen und den Grammy-Nominations, weil ich meine. Und so, wo ich mir einfach denke, so, nee. Da bin ich mir mit 20 schon zu schön dafür. Also das ist einfach mein Leben zu komfortabel. Das hat ja Breakdown of Sanity gesagt, wo wir sie interviewt haben bei ihnen im Bandraum. Sie sind ja dann an dem Punkt gewesen, wo sie hätten können sagen, all in. Und dann haben sie aber gesagt, nein. Da werden wir nicht. Ja. Weil, respektiere ich total. Ja, absolut. Total. Es ist nur ein Hustle, Alter. Vor allem, du musst so viel anderes Zeug aufgeben. Sind wir ehrlich, Alter. Du auf Tour bist ja so, da kannst du keine Beziehung haben. Was sei denn, sie kommt mit. Und dann musst du vor allem, also sagen wir es mal so, wenn du die ganze Zeit auf Tour bist, ja. Genau, ganze Zeit. Und ich glaube, okay, vielleicht, es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Aber ich glaube, so etwas wäre halt so mega viel schwieriger. Ja, definitiv. Dann hast du natürlich, okay, wenn du jetzt noch irgendwie andere Sachen im Leben machen willst, ist dann halt so, Bro, du kannst dann keine IT-Karriere mehr machen oder so. Und ehrlich gesagt, ich finde es im Fall völlig okay, wenn du Musik machst und du sagst, ey Bro, ich würde das geil, wenn ich mir jetzt da ein Nebeneinkommen kann verdienen, aber ehrlich gesagt, ich will nicht den ganzen Tag Musik machen. Ja. Nein, weil dann bist du wieder an dem Punkt, wo wir es vorher davon hatten.
Dann bist du nämlich irgendwann an dem Punkt, wo du keine Inspiration mehr hast zum Musik machen. Ganz genau. Und du bist dann einfach so nur ein Job. Und da will ich nicht. Ich habe mir immer gesagt, so, ich fände es geil, wenn ich könnte einfach so... Ja, ich arbeite als Social Media Manager. Ich hasse gerne meinen richtigen Job. Ich will nicht auch noch Musik hassen. genau. Das Ding ist, ich mag meinen Job, den ich habe, so ist das neuerdings Social Media Manager für die Firma, die ich arbeite. Geil. Ja, vorher bin ich der Einzige und irgendwann, jetzt habe ich den Wechsel. Dann haben sie mal dein private Instagram-Profil angeschaut, das Gefühl gehabt, entlümmern oder tun wir ihn promoten? Ohne wegen Xonor habe ich jetzt einen Job als Social Media Manager. Also ganz ehrlich, wenn ich die Content Creation gesehen habe von ein paar Firmen, ist so wie... Ihr sollt mal ein paar Metal-Bands mal anschauen und dort mal Leute suchen, man. Ihr habt keine Ahnung. Es hat auch ganz viele andere Challenges in einer Firma, wie du hast, wenn du eine Band bist. Ja, das ist so. Du kannst nicht einfach einmal machen. Ja, das ist ja Feldschlössli. Hat ja das ist doch der hohe Trend von dieser Tusse, die da vor einem Bentley gestanden ist. So. Bentley. Oder, das war ein Trend für die Jugendlichen heutzutage. Das kennt ihr gar nicht mehr. Die für die jüngeren Zuhörer, ihr habt das gar nicht mitbekommen. Das war vor 3 Jahren oder so. Ja, und Feldschlössli hat dann so 1,5 Jahre später oder ein Jahr später ist dann von einer Feldschlössli-Werbung rausgekommen, wo es bei ihrem Lastwagen so Feldschlössli. Und ich habe nur so gedacht, so, ich weiss genau, was dort abgegangen ist. Dort sind die zwei, die den Social Media Account runnen, sind gekommen und haben das Gefühl gehabt, hey, das Ding, das könnten wir jetzt einfach eins an durchziehen mit unserem Lastwagen. Das wird funktionieren. Und dann sind sie zu ihrem Chef so, können wir das machen? Und der Chef so, machen wir. Und dann hat sie das Video gemacht und dann der Chef so, gut, ich lasse jetzt greenlighten. Der Chef so, Anne. Und dann so eine Horde alte, weisse Männer so, ja, das müssen wir jetzt zuerst kurz abklären, ob dies funktioniert. Und dann so 1,5 Jahre später, ja, ihr könnt das Video veröffentlichen. Und alle in der Social Media Abteilung so, also, eins finde ich als Amen. Ein Konzept habe ich richtig cool gefunden, wo Gen Z das Skript für Boomers gemacht haben. Ja, das ist fucking funny. Das ist fucking funny. Es gibt so viele Sachen, die du machen, aber im Endeffekt... Ist Sophia eigentlich noch bei Migros? Ich kann schon lange keine Bau- und Hobby-Werbung... Nein, das ist der falsch. Migros-Do-It-Werbung mehr gesehen? Nein, es ist jetzt woanders, glaube ich. Okay. Ja. Die Social Media Manager wechseln ihre Jobs auch in die Unterhose. Das ist etwas Marketing. Marketing ist da... Marketing, dort hast du einen Personalverschleiß, das ist unglaublich. Ja, also ich glaube, die Rotation ist recht hoch. Stell dir das mal vor, so bei unseren Jobs. Also so alle 2 Wochen einen neuen. So, also, fuck! Das ist geil. Hast du so einen Base Pro Shop? Rip and Dip MILF, man, I love fish. Das ist geil. Also, es ist wieder einmal Zeit für den guten alten Einspieler. Wolltest du noch etwas trinken? Eldoni, bitte sponsor uns. Ja, sonst Cola Zero, Wasser. Du hast Cola Zero? Ja. Bro, du wirst mich. Ja, aber das mit dem Ding ist eben auch, ich habe nämlich den Podcast und den ganzen Schmarrn habe ich in mein CV reingeschrieben. Ah ja? Ja, unbedingt. Und ich habe keine einzige negative Reaktion auf das bekommen von irgendjemandem, sondern nur interessierte Fragen, was wir dort so machen. Weil heutzutage... Die meisten machen nichts. Ist das eben wichtig, dass man eben, heutzutage ist dann, wenn du irgendwie privat Social Media Content machst und du bewirbst dich irgendwo und die haben jetzt, dass du dich nicht mal auf die Stelle bewirbst, sondern eben wie du, dann haben sie das Gefühl, hey, fuck, irgendetwas, wir brauchen jemanden und dann sehen sie so, der kann das. Ja, safe. Dann nehmen sie ihn. Oder eben dann so, okay, wir brauchen jetzt zwar niemanden, der Social Media macht, aber vielleicht brauchen wir ja mal jemanden, der Social Media macht oder uns kann helfen oder irgendetwas und dann, wenn du das kannst, dann schreib es auf. Und eben, heutzutage siehst du ja auf Instagram, also seit der Podcast von den 2 Basel gibt, ist also ziemlich jede Schweizer Band Social Media Experte. Oh ja, mega. Seit es Xonor gibt, machen alle Xonor nach. Schon? Ihr sind sicher die Vorreiter gewesen, was Social Media Content angeht. Ich habe nämlich so meine Werbung gesehen, wir haben ja am gleichen Tag den Song released. Ah, du meinst den Lügenpresse? Ja, und das Nachwuchs sind, glaube ich, am gleichen Tag rausgekommen. Schon, ich meine, die haben erst am Freitag dann. Ah, haben die noch Donnerstag rausgelassen? Nein, wir haben Mittwoch rausgelassen. Ah, okay, gut. Ja, auf jeden Fall, dann haben wir aber am gleichen Tag ein Promo-Video vergeladen. Ich habe so mein Promo-Video vergeladen, ich war so stolz gesehen, ich so euch ein Promo-Video, so ja, ja, ist gut. Ja, da kann man noch eine Scheibe davon abschneiden. Da habe ich mir einfach gesagt, ja, die haben ein grösseres Budget. Ja, jetzt nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, das Ding ist, ja, nicht das Gefühl, dass Leute es viel nachmachen. Ich würde ihn, aber ich sage nein, nicht nachmachen im Sinne von nachmachen. Ich meine, ihr habt wirklich stabile Social Media Präsenz und die Leute machen es so. Ich sage dann immer, ja, machen es auf Xonor. Sie machen einfach Social Media. Weißt du, was ich meine? Xonor ist für mich so ein Synonym für Social Media richtig machen. Goddamn, Xonor ist so ein Verb geworden, weißt du? Der Ricky und ich sind immer, der Ricky hat mich mal angeschrieben, so,
wir müssen mehr gesonoren. Und ich habe genau gewusst, was er meint. Das Ding ist, die Leute sollen doch einfach uns nachmachen. Ich hätte so kein Problem damit, Bro. Weil, ganz ehrlich, ich habe noch ja nachgemacht. Bei welchem jetzt Wort? Ich habe einen Song geschrieben. Aha, ja, gut, ja, erzähl. Wie ist er nochmal gegangen, Alter? Cutting taxes with my exes. Ja, genau. Jetzt erst verstanden, cutting taxes with my Lexus. Meine Freundin hat verstanden, cutting taxes with my exes. So, what the fuck? Ja, ich schwöre, Mann. Es ist, mit dem Lexus Tax-Cuts machen wäre aber auch gut. Ich muss sagen, Alter, Social Media für eine Band machen macht auch Bock, Alter. Ich weiss, dass Leute sich schwer damit tun, Alter, aber sobald du mal in so einen Flow reinkommst und so gewisse Sachen checkst, ist es so geil, Alter. Es muss vor allem, ja, es ist einfach schon ein Pain in the ass, aber man muss einfach machen. Man überdenkt es. Also das habe ich gemerkt, viel zu viele Leute studieren, viel zu viel. Also eben, ich habe jetzt herausgefunden, je weniger ich überlege und einfach etwas mache, ich kann in der Probe und ich nehme die Kamera. Ja. Und wir reden einfach auf Spanisch. Documents don't create. Du redest auf Spanisch, Alter. Ja. Und ihr schaut einfach zu. Ich warte eigentlich immer noch auf den Zusammenschnitt mit dem Bild von dir, von der Show und meinem Voice-Memo drüber. Ich sage euch jetzt hier ein Beispiel, Alter. Was denkt ihr? Ich meine, der effektive Arbeitsaufwand von so einem TikTok, so einem Reels, da, wo jetzt sagen wir, der hat 1,9 Millionen. Wir haben ja eins gemacht mit dir, das hat nicht so. Es ist nur Text. Nur Text. Ja. Du machst ein Clip, wie wir synchronisiert haben, also ein bisschen Gedanken hat schon dahinter gehabt, oder man hat so ein bisschen, das ist nämlich Üben und so. Und der Rest ist halt alles nur noch, die Idee ist da, wo im Text drin ist. Und alles andere ist nur noch Optimierung. Haben die ein Blitzlicht oder ist das edited? Das ist edited. Ah, wir haben sie ja, wir sind ja bei dir gewesen, aber wir haben es mit euch einen gemacht. Ja, stimmt. Der hat auch easy viel Views bekommen, 100'000 oder so. Ja, wir haben es eben erlebt mit Xonor, wie es ist, von Idee zu Conception. Und da ist einfach so gesagt, hey, wir sollen das machen. Ja, wir haben das mit Alexi durchgezogen jetzt. Wir sind mit Alexi im Bandraum, haben 3 Stunden lang etwas gemacht und haben jetzt 11 Promo-Videos für unsere Single. Ich sage dir ehrlich, also, ihr müsst schon so 30 haben, wenn ihr so richtig optimiert wird. Ja, wir sind halt alt. Weißt du, ich habe auch kein Schickt es mir, ich schneide es euch zusammen. Ich kann das. Dann sind es einfach nachher wie Xonor, Alter. Das ist halt so das stimmt auch. Ich mache gerne. Für das neue Album komme ich zu dir. Ist gut. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht so ein bisschen, weiss nicht, das Ding ist, ich fühle mich nicht wohl dabei, zum zu sagen, ja, ich mache jetzt noch Coaching, weil das dann so, ich weiss, Consulting halt vielleicht zu machen. Einfach so ein bisschen, das Ding ist, immer wieder mal gesehen ein Video von einer Band und dann denke ich mir, Alter, 2, 3 Sachen ändern und da ist ein viraler Clip. Ich kann das schmücken, weißt du, was ich meine? So. Und dann auch zum Beispiel der... Ja, ist gut, also machen wir. Ich komme zu dir für das Album-Zeugs. Okay, ist gut. Ich gebe dir auch etwas, wenn du willst. Ja, mal schauen. Also, auch für die Erfahrung ist das für mich gut, für andere Bands, was man wie Sam ist, also Optimierung. Das wird dann also wahrscheinlich in 2 Jahren. Oder bei ein paar Bands. Zu viel französische Promo gemacht. Bei ein paar Bands kannst du mit einer kleinen Änderung gerade um 100% das Zeug optimieren. Ein paar machen es vielleicht schon recht gut und sagst, hey, mit dem kleinen Fix dort schon noch 10% rausholen, oder? Das ist das Einzige, was du musst wissen, wenn du das machen willst. Du musst der Ricky sein bei dem Ganzen immer. Weil ich schicke immer dem Ricky einen Song und dann sagt der Ricky, hey, das ist eine easy, geile Idee, ich würde aber das und das und so machen. Und dann sage ich immer nein. Weil ich habe mir ja sicher etwas überlegt dabei und darum ist das so. Dann ist bei mir einfach, mein Hirn sagt dann einfach generell einfach immer mal nein. Ja. Einfach so von Anfang an, oder? Weil ich kann das ja. Dann der Ricky sagt, dann sagt der Ricky immer so, das ist gut, Silvan, dass du das so siehst. Und dann 4 Tage später sehe ich dann das File, das der Ricky mir wieder zurückgeschickt hat, wo er das Zeug umgemodelt hat. Dann denke ich mir so, vielleicht hat der alte weise Mann recht. Dann probiere ich es umzumodeln, dann mache ich es mal und dann höre ich und denke so, ja. Also das ist einfach etwas, was ich dir muss sagen, wenn du Leute coachen, also wenn du nicht coachen, das ist eben so ein Hurensohnwort, aber wenn du das ist einfach generell, mit dem musst du umgehen zuerst mal. Weil es gibt dann Leute, die dann hässig werden und das ist dann nicht produktiv. Darum ich liebe den Ricky für das. Sein Approach ist einfach so, der alte, weise Zen-Dude. Bella, ich weiss, du kommst schon um die Ecke. Mein Approach ist, ich habe aufgehört, mir Gedanken zu machen, wie Leute zu meinen Kommentaren reagieren.
ist einfach so, fuck it, if you hate me, I don't give a fuck. Ich sag dir, was ich denke, Punkt. Weil es wäre so schade, wenn ich es dann nicht sagen würde. Und nachher 2 Wochen später findest du so, oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Hättest du mir sollen sagen. Ja, definitiv. Aber tun die in dem Fall wirklich Collaborative Songwriting machen? Nein. Taoist meinst du? Ja. Das ist alles der Ricky. Okay. Nein, ich bin jetzt unser Schlagzeuger von Eversis, ist momentan ein halbes Jahr in der Ferien. Und normalerweise, wenn ich irgendwelche Ideen und Riffs und so habe, dann mache ich früher, also jetzt geht es nicht, weil er nicht rum ist. Und früher habe ich einfach ein Riff geschrieben, bin mit dem Gitarre-Riff zu ihm und dann haben wir aus dem einen Song rausgebracht. Und jetzt ist er ja fort. Das heisst, ich muss die Heime die ganze, also ich habe gesagt, ich schreibe jetzt einfach so viele Songs, wie ich kann. Das heisst, ich mache jetzt die Heime effektiv einfach einen ganzen Instrumental-Track mal fertig. Aber wirklich so Basic Shit. Also ich mache so wirklich nur das Grundkonstrukt. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, bei gewissen Sachen habe ich das Gefühl, ne, das ist geil so. Und dann ist das gut. Und bei gewissen habe ich das Gefühl, irgendetwas fehlt. Und dann frage ich einfach irgendeinen, den ich kenne, der auch Songs schreibt, frage, hey, ich habe da ein Lied, wo ich mal das Grundkonstrukt habe. Hast du Inputs? Ja. Und eben der Ricky ist halt so, der hat ja schon mal eine EP von uns produziert. Haben die gute Erfahrungen, aber so miteinander Songs schreiben? Ich kann es gar nicht anders. Bei mir funktioniert das nicht so. Der Ricky kann selber ein Album schreiben, das von vorne bis hinten aufgeht. Ich kann das momentan nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich brauche immer noch irgendjemanden, der mir sagt, da braucht man etwas, da lassen wir etwas weg. Ich bin auch gut drin, eine Idee herauszufinden, auf dieser Idee rumzuhacken, dann die Idee vielleicht ein bisschen ausarbeiten und dann nichts mehr dazu beitragen selber. So du brauchst jemand anderes für den Feinschliff zum Schluss, oder? Ja, entweder für den Feinschliff oder einfach ich glaube, es gibt wirklich Never Know ist der einzige Song, den wir jetzt released haben, wo wirklich nicht mehr viel dazugekommen ist. Also wo der Timo einfach seinen Basspart geschrieben hat und der Domi seinen Schlagzeugpart geschrieben hat, aber der Song nicht mehr geändert worden ist. Okay. Sonst ist, glaube ich, bei allen Eversis-Songs hinten und vorne komplett alles noch 4-mal über den Haufen gerührt worden. Okay. Ich frage eben, weil wir haben jetzt früher ist es so gewesen, als ich Honor beitreten, wenn es beitreten, es ist erst dann wirklich angefangen, oder? Ja. Dann haben sie halt schon den Luc, der Gitarrist, hat ein paar Songs wie so geschrieben und so, die haben wir dann einfach 1-2 übernommen, mit den Drums und so. Und dann, wo der Luc dann gegangen ist, habe ich dann so ein bisschen die Songwriter-Rolle müssen übernehmen. Jo. Und ich weiss nicht, ich war so auf mich allein gestellt gewesen, und ich habe dann schon so ein bisschen probiert, Feedback reinzuholen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, das war damals, dass es die Leute gar nicht so recht, oftmals bei mir gar nicht so recht interessiert. Ja. Und meine Frage ist jetzt eben mehr so, ich weiss auch nicht, finde ich ja, dass Zusammenarbeit. Ist okay, wir sind alles amerikanische Hockey-Coaches hier, wir können sprechen, wie du möchtest. Wichtig ist. Ne? Also ich finde, die Zusammenarbeit, es kommt auf das Konstrukt von dem Team drauf an. Ich habe in meiner Mannschaft, in meinen verschiedenen Teams, habe ich mehrere Blöcke. Das ist wie in Albano oder so. Alter. Nein, ich hab die Eishockey-Trainers gehört, ich habe viel früher Eishockey gehört, die sprechen wie diese. Nein, jetzt habe ich Albaner drin. Du mit meinem Vater. Sind alle Kanadier oder wie? Amerikaner, hören viel. Aha. Mein Vater hat auch gecoacht, dann ist die auch. Das ist geil. Ich liebe es. Nein, und das ist wirklich, es kommt darauf an. Eben bei Taoist ist es jetzt ja so, ich als nicht Head von Taoist und nicht der das Projekt gegründet hat, übernehme jetzt das Sprachrohr für den Ricky. Nein, also bei Taoist ist es so, das ist ja am Ricky sein Projekt, oder? Generell. Aber am Anfang mal mehr gewesen wie jetzt. Ja. Und die Idee war so, ich übernehme das Ganze halt den Workload und die Jungs können wir spielen und wir haben Spass miteinander. Er hat das eigentlich so gefischt. Ja, genau. Hey Boys, ich habe ein Album geschrieben. Ich brauche noch Leute, um das live zu spielen. Willst du bei mir Gitarre spielen? Einfach nur so easy peasy, weißt du, so Bros, ein bisschen ab und zu mal einen Gig spielen. Okay. So hat er uns alle reingefischt. Ja. Nein, aber gefangen. Also ich verstehe den Punkt, weil zum Beispiel, lustigerweise mit Taoist, ich schreibe schon alleine, aber ich mache so Fake Multiple Personality. indem ich mein Worst Enemy bin. Also zuerst, ich schreibe mal eine Idee. Ja. Ich finde so, ist cool. Und ich speichere die und ich höre die nicht für 3-4 Monate. Ja. Und dann komme ich zurück. Und so wie wir ja festgestellt haben, man ist eine andere Person nach gewisser Zeit, man ändert sich. Und dann komme ich zurück und denke so, wer ist der Mongi, der den Scheiß geschrieben hat? Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Schließt mir auf, weil
im Fall, das, was ich in den letzten 10 Jahren oder länger gelernt habe von Tontechnik, ist Trust Gut Feeling. Weil genau das, was du gerade spürst, so wie Gitarre sind zur Mitte oder so immer, musst du gerade aufschreiben, weil nachher gewöhnen sich die Ohren, du gewöhnst dich dran und nachher gehst du in Rabbit Hole und es ist gewesen. Oder? Deswegen die Initial Reaction ist die wichtigste. Und deswegen genau das sollst du folgen. Und dementsprechend, ich nehme, also ein Taoist-Song, der wird von 3 oder 4 verschiedenen Rickys angeschaut, oder? So immer in einer Zeitspanne von 2-3 Monaten später. Brudi, du hast gar nicht so viel Zeit gehabt bis zum ersten Release. Nein, aber ich stelle mir ihn so vor, im Simon so, weißt du, wenn ich wirklich ein bisschen schizophren. Er hat so einen Zeitkalender, und dann steht so, jetzt ist ein Zukunfts-Ricky dran. Ja. Nein, zum Beispiel, ich schreibe die initiale Idee, ist immer Intro-Verse Chorus. Ist cool, dann habe ich dort, schon mit Vocals und alles. Dann mache ich es wieder mal auf. Du hast mal fertig geschrieben, noch ein Bridge oder Breakdown dazu, etc. Vocals, sobald ich spüre, sofort weg, neue Take oder neue Texte. Und dann habe ich alles noch fertig müssen aufnehmen. Vocals, alles ist fertig aufgenommen. Aber ich habe das Vocal Editing für am Schluss kurz vor dem Release gelassen. Oder? Heisst, ich mache den wieder auf, jetzt 6 Monate später. Und ich höre noch alles, was ich eigentlich als Final aufgenommen habe. Und ich muss sowieso Vocals editieren und den Double Vocal noch aufnehmen. Und wenn ich dann merke beim Aufnehmen, der Tag ist scheiße, ich mache es nochmal, mache ich gerade nochmal. Und da ist nochmal, es sind so wie Control Layers, die ich einfach dazu rein tue. Safe, ja. Dementsprechend, aber mit Whiteout haben wir auch miteinander aufgenommen. Also früher, am Anfang haben wir wirklich, ich habe einen Song geschrieben, Tim hat einen Song geschrieben und wir haben so Ping-Pong gespielt, oder? Okay. Und schon gut, irgendwann habe ich gefunden, hey, probier mal gemeinsam zu schreiben. Und es braucht schon sehr viel Geduld, sehr so zwischenmenschliche Gespür. Und es nimmt halt länger. Oder? Aber es ist wichtig gewesen, um sofort zu identifizieren, wer in der Band Teil des Prozesses sein und wer will einfach spielen. Und dann haben wir zum Beispiel gefunden, hey, die Person, die will einfach live spielen, und das ist auch gut, das ist okay, es macht ja nicht weniger von einem Mitglied. Aber nachher sind quasi 4 wie viel sind wir gewesen? 5. Von 5 sind wir 3 Personen, die aktiv am Instrumental geschafft haben. Und nachher mit den Vocals haben wir auch unseren Sound gegeben. Ist halt nachher irgendwie 5 Minuten gegangen, bis der Song fertig wurde. Es ist aber ganz cool rausgekommen. Und dementsprechend, es ist halt wie mit Authoritarianism bringst Change viel schneller rein als in einer Demokratie, oder? Es ist einfach genau, das ist eben da, wo ich so ein bisschen Sorgen mache. Das letzte Wort, das ist jetzt gerade das, was mich brutal triggert, das ist so das Problem, das wir bei Eversis haben. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen alle immer noch etwas zu sagen haben. Und wir sind 4. Ja. Und jetzt darfst du 3 Mal raten, wie jedes Mal, wenn wir irgendetwas entscheiden müssen, die Hurenabstimmung rauskommt. Jedes gottverdammte Mal. Ja. 2 dafür, 2 dagegen. Das ist eben da, mit dem ich zu kämpfen habe. Und wo so, okay, wir releasen ausschließlich Singles, bis wir dann, wenn das hat, das Album fertig haben. Und das bedeutet eigentlich, dass man halt, ich sage es halt immer so, wenn ein Song release ist, muss schon der nächste bereit sein. Der muss schon fertig sein. Und deswegen ist ein gewisser Zeitdruck da. Und so, ich habe jetzt so probiert, Leute so rein zu involvieren und so. Und dann Luca, unser Bassist, er ist mehr so für den Feinschliff. Am Schluss sagt er manchmal noch etwas, wo ich denke, Alter, holy shit, wieso habe ich das nicht von Anfang an gesehen? Aber er sagt nicht viel, den ganzen Prozess durch. Ja. Aber dann so gegen den Schluss so, kannst du das nicht noch schnell so machen? Erst beim Mastering kommt und sagt, ey, den Part kann ich noch mal aufnehmen. So, genau. Oder? Und eben so, ich weiss auch dann, ich will die anderen Leute involvieren. Ich weiss aber nicht, wie fest ist es nötig. Aber es ist jetzt halt einfach so gewesen, die letzten 2 Jahre, dass ich komplett allein im Zimmer Bedroom-Thrash am machen bin. Oder? Und ja, es ist halt so die Veränderung. Eben so haben die das Gefühl, es ist wie so notwendig, dass andere Leute halt auch mitschreiben. Oder ist es halt eben je nach Projekt verschieden? Es kommt wirklich darauf an. Es kommt wirklich auf die Leute in dem einzelnen Projekt drauf an. Weil bei Matchbox Whispers ist es jetzt so, dort schreibt der Silas eigentlich auch die Songs und dann schaut er mit dem Marco, unserem Drummer, ob das, was er geplant hat am Schlagzeug, einigermaßen in Ordnung ist. Und dann kommt es so und dann sagt er mir mal, hey, das sind Grundsachen, willst du da mal Bass dazu schreiben? Und dann mache ich meistens einfach mal das Grundkonstrukt von der Gitarre mit und je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, der Part ist langweilig, probiere ich noch irgendetwas dazu zu machen. Wenn ich dann aber das Gefühl habe, hey, dort bei dem ich würde das anders machen, dann schauen wir, ob wir das
wie wir das anders machen. Und wenn es nicht gut ist, dann machen wir es nicht. Und wenn es gut ist, dann nehmen wir die Änderung mit. Ja. Und jetzt bei Versus ist es wirklich so, das ist immer das Geilste, wenn ich so eine Demo mache dann von dem Song, ist immer das Erste, was von meinen Kollegen kommt, wenn ich das Zeug schicke, ist einfach so, ja, also ich will das Drum ändern. Und ich sage, nein, Drum musst du gar nicht hören. Drum musst du nicht hören. Drum ist nur für mich da, dass ich nicht zu einem Metronom spiele, weil sobald ich den Track dem Domi schicke und frage, Domi gibt Feedback, kommt vom Domi zurück, nimm das scheiß Drum raus, ich will sicher nicht spielen, was du doppelt zusammen programmiert hast. Völlig fair. Aber ich finde, also wenn du einen Song schreibst als Gitarrist, musst du auch Drums rein tun. Das Drum ist da fürs Feeling. Eben, es ist fürs Feeling da. Ich gebe dem Domi dann immer den Drumless-Track und den Track mit Drums. Meistens komme ich dann im Bandroom und der Domi sagt mir, ich habe es eh nicht gelassen. Und dann spiel mal und dann spielen wir einfach das Lied so, spiele ich Gitarre mit ihm mit. Also spiele ich Gitarre und er spielt das Schlagzeug dazu und nachher fragt er so, hey, und was meinst du, wie ist das so? Und ich sage, ja, also der Part hätte ich jetzt gedacht, ist ein bisschen mehr schnell und ein bisschen aggressiver und der ist ein bisschen mehr mellow und dann lasse ich ihn einfach machen. Ja, fair. Aber da kannst du dann. Weil ich habe eigentlich so den Tick, Alter, so nein, den brauche ich genau da, Alter. Weil aber ich glaube, das ist wichtig. Das ist eben das Ding, das betonen. Also, erstens, egal welches Modell nimmst, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, es ist wichtig, zum klar transparent kommunizieren mit den Leuten und sagen, hey, was denken wir, einfach alle Gefühle on the table setzen, oder? Weil du willst nicht, dass jemand nachher irgendwie hässlich wird oder nachher... Ja, das Ding ist jetzt halt eben auch der Domi und ich machen 12 Jahre Musik miteinander. Ja, okay, gut. Aber weißt du, wir sind mittlerweile, ist das... Aber zum Beispiel... Wir sind eingegroovt. Ja, wirklich, also es ist, wenn ich einen Domi... Ich kann dem Domi dann auch sagen, hey, kannst du etwas anderes probieren? Und dann probiert er es, oder er sagt mir dann einfach gerade direkt ins Gesicht, nein, kein Bock, das ist eine scheiß Idee. Und dann ist es für mich aber auch gegessen. Das habe ich aber verdammt lernen. Früher habe ich auch immer so am Anfang habe ich immer so, genau, ich kann das ja, das ist ja mein Riff, meine Idee, das muss jetzt so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn der wirklich weiss, wie sein Instrument funktioniert, das macht, was er macht. Ja, ich habe schon beides eben erlebt, weißt du, so mit Musik machen, mit anderen Leuten, wo ich das Gefühl habe, nein, so, I don't know. Da kommt eben davor, dass du schreibst einen Song und dann bist du 3-4 Monate den am Hören, dann hast du irgendwie so eine gewisse... Das heisst, das hat einen Namen. Das ist Demoitis. Demoitis. Und das ist das Problem, wenn eine Band im Studio kommt und sie haben den Song schon 6 Monate durchgelassen und wenn der Producer irgendetwas versucht zu ändern, die Band wird sich automatisch so wie, ja, das ist halt schon unser, du hast so viel, bist schon involviert gewesen. Deswegen... Sie machen wir gar nicht so viel, Alter. Wir machen so wenig, bis wir einen Song ins Studio aufnehmen. Und deswegen versuche ich auch nicht so viel Zeit beim Schreiben brauchen und einfach so schnell wie möglich etwas ausspucken, schon mit Vocals und alles. Weil sonst, ich kann zu in der Rabbit Hole. Aber was ich noch sagen ist, zum Beispiel jetzt mit Towers, ich habe das ganze Album geschrieben und Dave, der Safer as Breath Drums macht oder fucking Maschine, hat Drums aufgenommen. 10 Songs in 3 Tagen. Was? Okay. Ist Weekend. So Freitag bis am... Und Freitag, ganz ehrlich, wir sind irgendwie 5 Stunden dran, einfach die Technik am zusammenstellen. Okay. Es ist nicht gegangen mit dem Scheiß-Rack. Aber das Thema ist... ist schlecht, also. Ich habe ihn quasi in die Zahl geschickt. Ich glaube, er hat vielleicht mal die Songs 1 oder 2 Mal gelost, wenn überhaupt. Und nachher bei Drums habe ich gesagt, Bro, mach dein Ding, oder? Und bei gewissen Parts, zum Beispiel ich habe die nur instrumental laufen und ich habe Vocals angeschaltet. Und nachher in gewissen Parts habe ich so gefunden, oh wait, ich muss nochmal Vocals anmachen, weil dort habe ich so besondere Betonungen gemacht, wenn ich mit den Drums synchronisiert habe. Dann habe ich gefunden, so, hey Dave, look, in diesem Part kannst du das und das spezifisch machen, aber aus dem und aus dem Grund. Immer eine Argumentation, weil ich finde, es besonders bei jungen Bands passiert und ist uns alle passiert. Also, das Ego ist halt immer da, oder? Und das Wichtige ist, dass alle einfach das gleiche Ziel haben. Es ist der Best für den Song und nicht für mein Ego. Dementsprechend mache ich nicht dort den fucking 1 Minute lang Bass-Solo rein, weil ich einfach spüren, sondern einfach, weil der Part da das braucht und es ist besser für den Song. Dementsprechend, also konstruktive Argumentation und konstruktives Feedback ist immer das A und O. Ja, safe. Und einfach argumentieren und sagen, hey, wegen dem und dem, ich rede immer von Energie, hey, das stoppt Energie, da muss Energie gesammelt werden. Das ist Hippie, Alter. Nein, aber ich bin genau das Gleiche. Ja, es ist so wie, oh, das ist zu langsam, das nimmt die Energie weg. Oder, Also was ich vor allem das Gefühl habe, wenn du zusammen Songs schreibst, du musst entweder etwas komplett from scratch neu machen, oder du musst schon irgendeine Grundidee haben. Und wenn du irgendetwas zwischendrin machst, wenn du mit so einem fertigen Song kommst, wo du aber dann willst, dass jemand anderes noch etwas macht, aber irgendwie lässt ihn dann nicht machen, das kommt dann irgendwie nicht gut, habe ich das Gefühl.
Aber ich glaube auch, ja. Was bei Eversis mal geholfen hat, wir sind mal wirklich, glaube ich, wir sind aufnehmen, das Zeug. Wir sind, glaube ich, mal in Flumsenberg ins Ferienhaus von irgendjemandem und haben nicht einfach ein Wochenende lang Sachen aufgenommen. So Airbnb-mäßig. Ja, das ich sehe ständig auf TikTok so Bands Airbnbs am Buchen und dort in ihr Album aufnehmen. So. Ja, es ist eben, weil, wenn du nicht... Bleed From Within haben das gemacht im Fall. Echt? Ja, schon geil. Ja, wir haben jetzt ein Studio, also nicht ein Studio, aber wir können unsere Band als Studio brauchen, das ist voll sick. Ich schicke dir mal die Vlogs. Ich liebe die Videologs, Documentaries, die so Bands machen. Die inspiriert mich mega. Kennst du K-Mac 2021? Ja. Der hat so ein Video. Von Channel 5. Hä? Von Channel 5. Nein. K-Mac, so ein sorry. Shots. Das ist der schottische YouTuber. Ja, stimmt. Und der hat so ein Video, every band's Studio Video ever. Also, Ja! Das ist scheiße. Der K-Mac ist der, der Delay... Ja, genau. When you play the wrong note, with the delay and shit. Musst du das Video schauen, so every band's Studio Video ever. Das weißt ist so gut. Aber das ist einfach so eins zu eins, weißt du, mit der Musik im Hintergrund und so. Ja, man hat den Vocalist von irgendwie Cattle Rape Decapitation Dings eingeladen für ein Vocal Feature und dann kommt so ein Clip in einer so... so 1 Sekunde. So, und dann, ja, good take, let's go. Ja, es ist witzig. Kennst du das Video von der Typ, der Kollege vom Jardines, der eben sagt, hey, we are not loose. Und dann hat so den My Name is Tag und macht einfach einen not loose quasi Parody. Ja, das ist etwas, was auch hure viel bringt. Wenn man üben, Songs schreiben miteinander, mach einfach mal, hockt einfach mal Nachmittag an und schreibt einen Joke-Song. Ein Joke-Song? Einfach schreib einen fucking Joke-Song. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Weil dann denkst du nicht, dann hast du nicht den Hintergrund, dass du irgendetwas musst machen, weil dann hast du nicht das Gefühl, es muss jetzt gut sein, dann kannst du einfach mal sagen, wir schreiben jetzt einfach einen Joke-Song und das muss nicht einmal Metal sein, weißt du, kannst irgendetwas anderes machen, aber dann hast du einfach mal zusammen einen Song geschrieben. Und dann hast du du ohne dass du den Druck hast, dass du irgendetwas musst machen. Dann hast du, weil ich habe herausgefunden, wenn wir Sachen machen, ist wirklich, sobald du zu viel anfängst zu studieren, kommt es nicht mehr gut. Und dann, so kannst du eben mal den Druck weg. Und wenn du eben noch nie, wenn du irgendwas, ich weiss nicht, wenn du eben noch nie zusammen etwas geschrieben hast, dann kannst du einfach mal sagen, fuck it, wir probieren jetzt einfach mal den absurdesten Gore-Grind-Song zu schreiben. Und dann schreibst du einfach mal den absurdesten Gore-Grind-Song und nimmst ihn auf. Ja. Und dann hast du vielleicht jetzt, wenn du sagst, 3 Stunden Zeit, hast du vielleicht zwar eine absolute Scheiße produziert, aber du hast zusammen einen Song geschrieben und du hast einfach indirekt, auch wenn es dir gar nicht bewusst ist, dich mit allem auseinandergesetzt, wo du musst damit auseinandersetzen, wenn du einen Song schreibst, weil du hast es ja gemacht. Ja, da glaube ich, ja. Das ist die Idee ist mir jetzt gerade gekommen, Alter. Das ist gerade viel zu gut für mein Hirn. Hey, was zum Fick ist da los? Würde ich sehr gerne mal probieren. Darum habe ich angefangen, als ich arbeitslos war, die hure Schreiben-Song. Darum habe ich das hure Gesonner-Dings gemacht und das Safe als Brafting. Ich habe einfach mal das Gefühl gehabt, ja fuck it, ich würde gerne mal besser Songs schreiben. Und dann habe ich halt einfach mal so die 1,5 Minuten Tracks geschrieben. Und das hat mir hure viel gebracht, weil ich habe dann einfach mal drauf losballert und dann so eben Schlagzeuge besser programmieren lernt. Nein, mein Lifehack, wo ich kann, ist, ich habe eine Session. Ich habe eine Reaper-Session, wo ich alle meine Ideen habe. Okay. Es könnte ein Riff sein, es könnte ein paar Noten sein, es könnte Riff und Chorus sein, es könnte instrumental sein, es könnte mit Vocals sein, egal. Und ich mache einfach immer eine neue Region mit einer neuen Idee, schreibe den Namen von dem, oder? Humpa Lumpa, was auch immer. und dann, du kennst es, du hast die Momente amix, wo plötzlich spielst du so wie, bei mir kommt es amix mit den Hunden, wo sie am Kacken sind draussen oder so. Oder bist du bei einem Konzert von anderen Bands. Oder Dusche. Und Knocked-Loose-Konzert. Ja, es sind so die Inspirationsmomente, wo sie so, oh shit, ich spüre etwas, ich muss jetzt ein bisschen rauslassen. Oder? Zum Beispiel die Song auf Spanisch da habe ich gemacht, die ist auch rausgekommen, indem ich mit den Hunden draussen war und sie sind am Kacken gewesen. Und ich habe gerade den Intro und den Verse mit Vocals als Idee plötzlich bekommen, so wie, oh shit, das ist schon geil. Ich muss noch merken, so schnell Sprachnachricht und so. Und nachher bin ich hochgekommen und ich an meine Verlobte Lara hat gesagt, so, Baby, nimm Hund, ich muss aufnehmen. Ich habe nicht einmal die Hunde den Harness rausgenommen, einfach Baby, ich muss, und sie versteht schon. Aber du weißt, go be autistic, weißt du? Aber du hast die Story schon 8-mal gehört. Weißt du, wieso der Song Knocked Loose von Eversis Knocked Loose heisst? Wieso? Erste Strophe bis zum zweiten Refrain habe ich während dem Knocked Loose Konzert geschrieben. Nein! Sie haben Mistakes Like Fractures gespielt und ich habe yes, das ist der Text. Inspiration can strike anytime. Zum Beispiel Hey Boys, wenn wir dann kurz Timeout machen für eine Pipi-Pause.
Ich komme schon fertig. Oder oder wenn ihr einfach weiter schnurren und ich gehe alleine. Speaker schon, ich müsste eben eigentlich auch noch schnell. Okay, ja, dann mach schnell. Genau. Zum Beispiel jetzt letztens beim Paleface-Konzert. Ich bin nachher... Ich habe heimgefahren. Ich habe dich heimgefahren. Ich voll Auto. Ich bin Uber gewesen. Und dann nachher kommen wir heim. Uber Ricky. Und ich sage so wie, Baby, es war fucking 12 Uhr am Abend gewesen, so. Baby, ich muss Bruder, aufnehmen. am 12 Uhr am Abend sind wir am HB gewesen, weil irgendjemand aufs WC hat müssen von uns. Ah, stimmt, nein, in dem Fall 1 am Morgen. Das ist sicher weiss, es ist Dunst, es ist schon eine Woche gewesen. Und ich sage, Baby, ich muss aufnehmen. Ich komme so um 2 oder 3 Uhr morgen ins Bett. Ich muss jetzt den Ball of Energy rauslassen. Also du bist bläst, dass du eine Frau ist oder versteht es denn? Also meine Augen, Gott sei Dank, weißt du nicht weiter. Ich suche jetzt schnell die Nachricht. Nicht jeder. Copy-Artistik. Und deswegen einfach 3 Songideen rausgebläst. Sind ganz ehrlich ziemlich kacke gewesen, aber nächsten Tag bin ich wieder gesessen und so, es hat etwas. Es ist einfach wack, wie ich es gemacht habe. Aber hast du uns nicht einen Link geschickt mit Vocals? Sprachnachrichten habe ich euch schon geschickt, ja. Aber du willst nicht durch den Chat durchgehen, weil das Problem, wir haben bei Taos haben wir eine A-Mannschaft von Taos und B-Mannschaft, weil die spielen alle in andere Bands und so und dann weißt du nie für Konzerte und so. Nein, sorry, das ist ein Tag später, 20:12 schickt er uns so Bloodlust featuring. Stimmt. Das war Bloodlust gewesen. Ja, stimmt. Das ist einer von denen. Okay. Und das Thema ist... aber der ist gut gewesen. Also, genau. Ja. Aber am Anfang ist ein fucking Turd gewesen. Aber die Grundidee ist da gewesen und das brauchst du auch, um einfach weiter rauszufleischen. Aber nein, zwischen Taos, A und B-Mannschaft, ich habe für jedes Instrument ein Backup, weil der Bruder ist ja... Die machen Mountainbike, die spielen in Bands, Terminkollisionen sind riesig. Der Chat im Fall ist fucking Autism hoch 2. Also, wenn du willst wissen, 12 Leute in diesem Chat im Fall. Ja, und 2 davon sind der Niki von Expello und der Luki von Kate Effect. Genau, das hilft nicht. Schreiben viel, hä? Ja. Der Danu hat letztens sogar mal gesagt, er hätte es nicht gedacht, aber er muss mich in Schutz nehmen. Ich sage nicht, der Schlimmste in dem Chat. Also, okay. Machen wir so eine Pipi-Pause in dem Fall. Ja. Kommen wir zurück. Also, wenn ihr wollt wissen, wie man einen Gruppenchat zum Eskalieren bringt, einfach ein Foto von Ricky in einer ungünstigen Pose und dann rattert es dort in Antworten runter. Also, Pipi-Pause, bis nachher, ciao. So, wir sind zurück. Guess who's back? Der Bella mit dem Maga-Mikrofon. Wir haben vorher wegen Demoitis gehabt. Wir haben es vorher auch kurz davon gehabt, in der Pipi-Pause haben wir es gerade herausgefunden, wenn der Xona eine Instagram-Story macht mit dem Xona-Account, hast du eine Stunde später 10 Followers mehr. Hey, immerhin. Willst du noch mehr? Hey, weißt du, safe. Gern. Wenn ich so viel jappen, Alter, muss ich Also, jetzt, wir haben noch schnell kurz Takes gehabt, wo wir gesagt haben, wir besprechen sie. Und zwar zum Thema Demoitis, das der Ricky vorhin angesprochen hat. Weil die 2 gerade beschäftigt sind, übernehme ich kurz das Ruder, wie wir das bei Versis machen. Wir machen das so, eben, wir machen da so blöde Demo, die ich mache, je nachdem. Dann gehen wir im Bandraum, der Domi und ich und der Team, wir spielen irgendetwas. Und wenn wir sagen, jetzt haben wir es, dann nehmen wir das mit unserem Rack ganz billig auf. Und dann lassen wir das dort einfach mal liegen, bis wir uns dran machen, Pre-Production zu machen. Das Liegen ist schon wichtig. Und dann, wenn wir Pre-Production machen, ist das meistens eigentlich schon genug gut, um die Instrumentals nachher fertig haben und dann noch Vocals drüber zu klopfen. Genau, also ich habe 3 Vorschläge, glaube ich, zu dem Moitis übersteuern. Eins ist das von der Global Session, wo du wirklich alle Ideen hast. Weil dann, wenn du irgendwie mit einer am Drum arbeiten bist und findest so, ja, irgendwie kommt es nicht, einfach eine neue Region, eine neue Idee, ist nicht geworden heute, egal. Schaust mal nächstes Mal wieder, kommst rein und nachher, und so bist du nicht Hyperfocus auf eine Idee. Ja. Dann der zweite Vorschlag ist, den Song schon in der Probe zu bringen, bevor er fertig ist. Oder? Sag mal, du hast, was ich gerne mache, ist so schnell wie möglich Introverse Chorus mit der Melodie, mit Vocals, wo Lyrics müssen nicht mal stimmen. Einfach irgendetwas, Humpa-Lumpas, irgendetwas sagen kann. Du hast jetzt ein bisschen mit den Umpa-Lumpas, was ist los? Ist Charlie und die Schokoladenfabrik? Nein, weil die Verses sind immer Umpa-Lumpa. Ja, eben, aber wieso hast du die Umpa-Lumpas genannt? Keine Ahnung, das ist auch im Sinn gekommen. Anyways, und so schnell wie möglich eineinhalb oder 1,5-minütige Idee haben. Oder? Und dann kannst du die in den Pro bringen und dann kannst du schon ein paar Sachen ausprobieren und beim Spielen merken, das muss ich ändern. Oder? Okay. Quasi das aktive Writing dann. Und der dritte Vorschlag, habe ich vergessen, weil ich halt
Ja. Also das ist eigentlich genau das, was ich mit Versus mache. Ja. Meistens. Aber das eben liegen lassen und quasi Abstand nehmen ist... Nein, ich meine, das mit dem in der möglichst schnell mal zusammen probieren zu spielen. Das aber ja, genau. Das bringt auch einiges. Aber dann bist du eben wieder bei, wie du den Leuten den Song zeigen. Aha, das ist gut. Dann sind wir wieder beim Tabben. Ja gut, das kommt jetzt natürlich darauf an. Du hast natürlich 2 Gitarristen, oder? Ja. Bei uns ist es so, wir haben eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug. Dort ist natürlich ganz eine andere Story, weil der Bassist muss eigentlich nur wissen, was ich für Grundakkorde spiele, blöd gesagt, oder außer ich spiele ein Riff, dann muss er etwa wissen, wie das geht, aber das kannst du dann quasi eins zu eins zeigen. Ja. Das ist zwar immer ein bisschen mühsam. Das Gute ist, der Patrick, der ist nicht so, also der lernt recht schnell und der kannst auch Videos schicken und so. Zum Zeug lernen, aber es braucht halt auch seine Zeit. Ja, logisch. Statt Videos schicken, schickst du Demo. Da gibt es eine gewisse Eigenverantwortlichkeit, um versuchen selber herauszufinden, wie das geht. Mindestens rechte Hand. Weniger komplizierte Songs schreiben. Und nachher, und die Grundidee kannst du auch simpler machen und nachher langsam detaillierter machen. Nachher bringst du es, kommst in die Probe und sagst so, hey, hast du können hören, probieren wir einfach mal einmal spielen. Das wird nicht stimmen, ist scheißegal. Und nachher langsam gucken, okay, wie spielst du jetzt? Ja, probier das. So, schnell. 5 Minuten, 10 Minuten. Es muss nicht perfekt sein, aber nachher langsam bekommen sie auch das Gespür, wie es ist. Probier die auch mit In-Ear? Wir Taoist nicht. Whitehead haben wir schon mit In-Ear gespielt. Aber du kannst auch visuell schauen, ob es stimmt, oder? Ja. Und so schnell. Und vielleicht durch das ist so wie, oh shit, das ist ein Fehler gewesen, aber das ist eine coole Idee. Das kann ich noch integrieren. Safe. Und nachher mischst du das vom Live-Schreiben mit das Studio-Schreiben. Und es könnte auch aus dem eine komplett neue Idee dazukommen. Wie oft proben die? Tau ist nur vor Gigs. Ja. White hat wir auch nur vor Gigs gemacht. Okay. Aber das ist auch wieder... Aber dann mit Songwriting eben dann machst und dann musst du eben auch irgendwie mehr proben, oder? Wir bringen es mehr an wie einmal in der Woche. Ja, also, einmal in der Woche ist recht gut. Einmal in der Woche ist vorher viel. Ja, schon. Findest du? Ja. Bei uns ist es so, der Timo arbeitet als Veranstaltungstechniker. Also der macht so Bühnensound-Sachen, Bühnentechnik-Zeugs. Und der Domi, unser Schlagzeuger, ist Pfleger. Ja. Der schafft Schicht im Spital. Ja, gut. Also wenn wir proben, wir machen wirklich so, wenn wir irgendetwas vorhaben, machen wir so 3 Monate im Voraus einen Doodle, wo wir dann sagen, hey, also bis zu dem Datum haben wir jetzt 5 Demos fertig aufgenommen und dann müssen wir einfach mal schauen, wenn wir es überhaupt schaffen, zusammen zu hocken. Oder wenn wir ein Konzert spielen, sagen wir jetzt im Juni, dann würden wir jetzt einen Doodle machen bis zum Juni an. Ja, okay. Und dann mal schauen, wie oft wir effektiv zusammenhocken zum Proben. Und dann ist es meistens wirklich so 3-4 Mal vor der Show. Wir haben halt eben schon alle 3 Monate oder so, das sind halt 2-3 Monate, ist immer ein phasenweise, sind halt Gigs. Oftmals gerade so Oktober, ist dann oftmals so, dass jedes Wochenende eine Session. Und, aber dann musst du auch nicht mehr so viel proben, dann hast du ja, außer du machst neue Sachen. Das ist eben genau das Ding, oder? Wenn jetzt, wir sagen halt, okay, egal welche Shows, ist man mit sicher einmal vor einer Show proben. Ja, fair. Und das Ding ist, dann kommen eben neue Songs hinzu, dann kommen eben Faktoren wie, ja, wenn wir jetzt gemeinsam Songwriting schreiben, und ich muss ehrlich sagen, wenn du jetzt dann einmal in der Woche lang dann eben nicht mehr, bei 2-mal bist du dann eben, hast du ein ganz andere Probleme. Ja, dann kannst du einfach einmal in der Woche quasi, dann musst du dich halt fokussieren, was du machen willst. Ja. Weil wir machen es dann immer so, dass wir, je nachdem, in der einen Woche sind wir nur zu zweit im Bandraum und nehmen etwas auf, in der nächsten Woche proben wir und dann spielen wir das Konzert. Aber wir sind meistens so am Schauen, dass wenn wir Konzert spielen, dass wir nicht allzu viel gerade Songwriting machen. Aber eben das liegt daran, weil wir halt einfach auch einen ganz anderen Approach haben zu dieser Sache. Und durch das, dass wir halt auch andere Arbeitszeiten haben, können wir es gar nicht anders lösen. Das ist eigentlich recht gut. Also von dort her, wir haben alle normale 9-to-5s eigentlich. Außer Natascha, sie studiert halt noch. Aber jetzt momentan machen wir es halt so, dass ich eine Demo mache und dann schicke ich Drumless. Also zuerst mal mit den Drums schicke ich ihr, damit sie so ein bisschen mein Dings, und danach halt den Drumless schicke ich ihr und dann macht sie so irgendetwas und so. Also es ist schon ein bisschen Songwriting da, aber halt nicht in der Probe, soll ich sagen. Und dann müssen wir halt so ein bisschen mehr über WhatsApp und so ein bisschen Feedback aneinander geben. Das hat jetzt bei Lügenpresse sehr gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Ja, das kann gut gehen. Ja, das, definitiv. Aber eben so, ich glaube, irgendwann musst du halt auch einfach akzeptieren, so, okay, gewisse sagen wir mal, das ist absolut optimal, was du könntest machen, und dann musst du halt abwägen, wie viel Zeit hast du. Ja, genau. Du musst vor allem, du kannst wirklich, was ist das Schöne? Also das Schöne und das Scheisse der Sache,
was für uns funktioniert, kann bei euch absolut scheiße sein und was bei euch funktioniert, kann bei uns gar nicht funktionieren. Ja. Weil eben, wenn ich mir immer anschaue, ich hänge ein bisschen viel mit Safer Last Breath um, wenn ich denen ihr Zeug, Songwriting, wie sie Sachen machen, kann ich ja sagen, würde ich das, was sie machen, bei Eversis durchziehen, die Band hat sich vor 7 Jahren aufgelöst. Ja, safe. Ja. No, ich bin ja mal erstaunt, wie es andere Bands machen. Also, weil ich finde es so, okay, da ist viel, viel besser, da würde ich auch gerne, aber da würde man zeitlich nie anbringen. Ja. Oder es gibt andere Bands, die alles im Programm schreiben. Ja. Und so. Aber ich habe immer das Gefühl, es kommt immer so ein bisschen auf die Bandart von der Musik, vom Genre drauf an. Je mehr Punk das es ist, umso mehr wird in Band rumgeschrieben und je mehr Progressive Metal das es ist, umso mehr wird ins Studio gehockt und einfach zusammen und dort in einem Studio Songs geschrieben und sie dann erst gespielt. Das stimmt. Aber ich finde eigentlich eine gute Idee, einfach das Ziel von der Probe am Anfang an definieren. Ist das Performance-Probe mit Live-Performance? Und eine Performance kann man auch viel die noch üben. Das ist etwas Gutes. Oder ist das Creative Dings? Oder am Ende von einer Performance-Probe sagst du, okay, tun wir mal eine halbe Stunde einfach mal Ideen improvisieren oder rausspucken. So wie, machen das Spiel wie, okay, Drums setzt zum Beispiel den Ton und nachher versuchst du 4 Bars einen Riff zu spielen, nachher dein anderer Gitarrist versucht 4 Bars einen Riff zu spielen und machst so ein Rap-Battle. Ja, Rap-Battle mit Gitarre. Geil, okay. Einfach aufnehmen, spielen mit In-Ear dort? Nein, also so sagen, wir haben jetzt recht lustig gemacht. Wir haben jetzt einfach ein Mischpult, alle Gitarren direkt dort angeschlossen und auch Kopfhörer. Also es ist schon... Das ist In-Ear, ja. Ja, aber es ist halt erstens wireless, zweitens es ist immer noch viel zu laut und Drums haben wir nicht abgenommen. Also wir haben immer noch so ein bisschen Mühe, Kick zu hören und so Sachen. Aber es ist schon viel besser, wo man mit PA noch poppt. Weißt du, was so funny ist im Fall? Die Kopfhörer, die du gerade anhast, das sind 30 Stutz Thomann Kopfhörer. Ah ja? Und die sind besser zum Drums-Track, weil ich habe mit denen Drums trackt. Und ich habe die verglichen mit dir. Ja, das sind die ich benutze. Ja. 120 Stutz oder was immer. Fucking, da hast du den Kick nicht gehört. Bei denen hast du klar, präzise Kick und Snare gehört. Und ich habe... Gut, aber ich schicke dir den Link überall. Okay. Aber der muss Drum ab, der muss Kick abnehmen. Ja, das Kick ist schon abgenommen. Aber es ist auch okay. Zum Beispiel, also ich habe alles recorded und ich bin im gleichen Raum wie der Dave, oder? Ja. Keine Separation und nichts. Ich habe nichts von Kick und Snare, also Snare schon, aber Kick habe ich absolut gar nicht gehört. Ich habe da gewechselt, nicht so wie meine Existenz wieder mal nachgefragt. So, what the fuck? Die fühlen sich auch viel besser an. Das ist so gut. Ich bestelle mir, glaube ich, morgen 4 wieder. Also ich habe den Call für den Podcast, dass alle die gleichen Kopfhörer haben. Aber das haben sie gar nicht alle. Nein, aber alle Gäste. Das ist schon das Zeug. Aber jetzt, ich hoffe allgemein, ich nutze die für Vocal Recording, für alles. Ja, die sind geil. Ja. Also muss ich abstellen. Es wäre das, Plexiglaswand. Ja, das wäre aber auch noch gut. Wir sind auch in einem recht kleinen Raum. Also wir sind mega klein, ja. Hot Take. Einfach nicht so fest draufhauen. Ja, oh mein Gott. Aber ich habe gestern... Natascha haut schon weniger fest drauf unsere letzten 2. Ich habe gestern eben Stories gehört, dass Natascha absolut brutal übel draufhaut anscheinend. Ich weiss nicht mehr, wer das wenn sie voll im Moment ist, eben der schon. Der hat mir einfach erzählt, Natascha ist auch so brutal krass laut am Schlagzeug. Was sie eben mega gut macht, ist... Gut für sie. Sie spielt gleichmäßig. Also weißt du, sie hat den... Consistent Touch. Also, da merkst du den Unterschied zwischen einem Schlagzeuger, der das wirklich auch mal Lektionen genommen hat und so. Also finde ich jetzt. Ja. Und jemand, der auch selber im Bandraum ein bisschen toucht. Du merkst schon, sie kann das kontrollieren, sie kann auch gut sich ein Tempo im Kopf hinein tun und das spielen. Oh, das ist Gold für man. Ja, wirklich, mega. Also sie ist eine super Schlagzeugerin. Aber ich habe jetzt eben nicht das Gefühl, dass sie zu laut spielt. Generell, gut, wir haben kennt ihr den Kevin, den Savage Drums? Der ist schon eine Maschine, schau genau. Das ist ja nicht mal. Brutal, dieser junge Mann. Ja, ich kann gerne mal ein bisschen weicher draufhauen. So, nein, kann er nicht. Nein, es ist einfach... Der Tobi ist ja... Leg mal wie der. Habt ihr den jemals gesagt? Ich glaube, einmal haben wir uns gesehen mit dem Tobi. Schau, kann das sein? Im Ebri. Im Ebri, ja, das war nicht der Kevin. Ja, nein. Ich muss sagen, es ist mir schon lieber so, wie es jetzt ist. Aber Plexiglas wäre aber schon mega gut. Ja. Aber generell Cymbal Bleeds in den Mics hast du dann eben auch. Und so. Das ist immer. Also man ist halt die Cymbals Tape und so. Ja. Wie wenn der Plexiglas schreibt, wenn der grosse Scheibe hast vorne dran. Ja, also Plexiglas. Es macht schon einen Unterschied. Schnell, muss es musst du nicht mal so hoch machen. Aber
Aber dann musst du auch Snare du musst einfach mal, ich muss einfach auf Ricardo umschauen. Kick und Snare, das ist scheißegal. Ich muss einfach auf Ricardo umschauen. Wir haben für gratis haben wir ein ganzes so Schallabdichtungswand bekommen. Ja. Zum in so Proberäume aufstellen. Ja. Wenn du das Schlagzeug dort dahinter stellst, kommt nichts mehr für. Aber eben, das ist halt einfach ein Glücksgriff gewesen. Der Timo hat das einfach geschrieben, Jungs, ich kann die gratis abholen, soll ich? Und dann hat er einfach keiner sich gemeldet und ich einfach so, ja. Und dann 2 Stunden später schickt der Timo ein Foto von diesen hohen Wänden im Bandraum. Die sind so dicke Wände mit so Holz und Schaumstoff drin und allem. Ja, bei uns es sind einfach Plexiglas-Stücke, wo der noch mit einfach Tape. Nein, das stimmt. Ja, es ist Gaffer-Tape. Und die Dinge sind so, glaube ich, so 1,80 oder so hoch. Das sind kleiner als ich. Kleiner 1,60, 70 oder so. Mal einen halben Meter. Einfach mit Gaffer-Tape geklebt und dann kannst du aber schön so. Und that's it. Ja, eben, gell? Jetzt wollen wir mal schauen, wie es noch Platz aussieht. Weil wir brauchen den Raum gleichzeitig auch für Content-Produktion und so. Und dann stimmt. Aber ihr nehmt, also ihr schickt alles schon im Mischpult. Wahrscheinlich könnt ihr die Idee auch direkt aufnehmen. Ja, voll. Und dann, wenn du eben keine Idee hast und findest, wir müssen schon eine gewisse Anzahl an Songs anfangen haben, was auch immer, los ich mal da rein und so, shit, das ist nicht schlecht, oder? Ja, wir haben schon manchmal mal so immer blödelt, dann hat es etwas Cooles gegeben und so. Und dann, aber meistens habe ich dann einfach das mit im Kopf gehabt, mit heimgenommen und dann einfach schnell programmiert, weißt du, was ich meine? Okay. Also, ich bin eben auch so, ich komme heim. Das ist sehr gut. Weil genau das habe ich auch mal gemacht und dann komme ich heim und so, ich habe es vergessen. Deswegen alles aufnehmen, alles recorden. Schickst du falsch das Handy anlegen. Ja, sorry. Schon gut. Ja. Ist so. Aber da können wir jetzt eben nicht mehr mit der PA das Handy anheben, aber eben, wir können jetzt einen Laptop anschliessen und dann ist ein Behringer. Ja, voll. Das war günstiger gewesen. 8 Kanäle. Aber dann erzähl mal, weil eben die letzten 2 Jahre ist ja einiges. 2 Jahre ist seit Xoner-Folge, oder? Seit du Xoner verfolgst? Nein, Xoner-Folge, Metal. Ja, jetzt schon etwa 2 Jahre. Was hat sich so geändert? Was haben die so Neues gelernt? Also, Line-Up technisch hat sich, wir haben Patrick und Natascha neu. Das ganze 2023 eigentlich damit verbracht, keinen Drummer zu haben. Der Jan ist so ein bisschen am Gehen gewesen, weil er ja eine neue Karriere angefangen hat und so. Ja, wir haben ein neues Line-Up. Das ist jetzt seit letzten Januar, seit 2024 stabil eigentlich. Es ist das beste Line-Up, das wir bis jetzt hatten. Also so rein einfach von der Menschlichkeit her und so. Zwischenmenschlichkeit meine ich. Wichtigste, ja. Was kann ich noch sagen? Ja, auf Social Media sind wir voll explodiert. Jetzt gerade auch in den letzten paar Wochen wieder. Wir haben jetzt irgendwie 17.000 Follower in den letzten Monaten oder so bekommen. Ja, es ist brutal, aber weißt du, was traurig ist an dem Ganzen? 17.000 Follower, ja. Postest aber einen Flyer von einem Gig, sieht niemand. Ja. Niemand. Es ist wirklich krass. Du gewöhnst eben die Leute an einen gewissen Content und sie folgen dir für den Content und du kannst nicht abweichen von der Nische. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer, damit er mehr Reach bekommt, bei seinem Naturbild, weil Instagram anscheinend gerne Gesichtchen hat, die Fotos. Ja. Der einfach so das Gesicht von seinem Kollegen irgendwie so im Hintergrund reingeschnitten. Ja. Also Instagram das Gesicht erkennt und es darum pusht. Ja. Da wäre vielleicht etwas, wo man mal könnte probieren, wie so man. Aber darum, du musst einfach, weißt du, er hat es wirklich so verschwimmen lassen, dass es nur noch so, dass irgendwie die AI anscheinend das Gesicht erkannt hat. Aber das habe ich mir eben auch schon gedacht. Es hat so viele Challenges, Mann. Also du bist ständig eigentlich am Kämpfen mit Optimierung. Aber das Krasse ist, und ich sehe es immer noch als Positives, weil die Musik wächst. Wir sind jetzt bei momentan... 35, 36. Ich kann gar nicht wissen. Ich kann dir im Fall sagen, weil vor 2 Jahren... I'm gonna get depression. Vor 2 Jahren ist 10K, vor 2 Jahren ist 10K gewesen, jetzt sind wir auf 36, 37'000. Ja, 35'000 sind wir jetzt gerade. Ja. Das ist voll nice und so. Und, ich habe gemeint, du hast jetzt Hemd offen, Alter. Nein, kein Anzug. Das ist eine Zahl, wo ich mega drauf stolz bin und so. Und nicht einmal nur sind Zahlen, aber auch Merch-Verkäufe kommen rein und so. Also es ist nicht so, dass es einfach nur irgendeine Zahl, ein 1 und ein 0. Und es ist stabil, es ist nicht so, dass irgendwie 30'000 jetzt und nachher nächstes Mal 10'000. Nein, nicht. Also es hat schon immer so Schwankungen jetzt bei Releases, aber jetzt unter 20'000 sind wir jetzt schon länger nicht mehr gewesen. Das ist crazy. Und es ist mega nice. Also ich bin mega stolz, dass der Wachstum da ist und so. Und weil wir halt einfach, ich sage, jetzt immer ein bisschen mehr zu kämpfen haben.
ohne jetzt immer nur über Probleme, wir Schweizer reden immer über unsere Probleme, gell? Ja. Aber eben so eben die Schweizer Szene ist ein bisschen gnadenlos mit uns, muss ich echt ehrlich sagen. So Festivals, vergiss es. Schau, ich will niemanden da enttäuschen, wir werden aber nie am Greenfield können mitmachen oder am Summerside oder was auch immer. Nicht, weil wir irgendwie schlecht oder unbekannt oder was auch immer wären, sondern ich glaube einfach, wir werden mit Murder the Government und mit diesen Sturmmasken werden wir nirgends vorläufig mal neu in der Schweiz akzeptiert. Erzähl mal, sind die irgendwo gebannt worden oder so? Ja, Bergbaden dürfen wir nicht. Habe ich letztens auch gehört und ich so, da fuck? Ja, also, ich verstehe, wenn du dich nicht mehr bei 5 Minuten mit unserer Band auseinandersetzt, warum du auf so eine Entscheidung kommst, ja. Wenn du Headlines liest oder der NZZ am Sonntag, oder? Genau. Und ich meine, wir sind für das ICU-Festival gebucht gewesen. Und dann aus dem Nichts ist so eine Absage mehr gekommen. Ja, eben, so, also hätten wir uns beworben, nein, wir sind schon mündlich gebucht worden, von, ja, was auch immer. Ja. Und dann ist die Absage mehr gekommen und dann habe ich so Kontakt, so, hey, wieso und so. So, ja, wir haben jetzt Venue gewechselt ins Werkbaden und die haben gesagt, sie dürfen nicht da spielen. Genau. Ich so, okay, also, ehrlich gesagt, es ist jetzt ein Venue, dann bei diversen Band-Contests, ich würde nicht meinen eigenen Schwanz jetzt da lutschen, halt, aber ich finde so, sicher mal einen Slot bei einem Contest haben wir uns gerade mal verdient. Dass wir auch gewinnen, will ich nicht sagen. Aber ich bin überlegen, einfach zahlentechnisch, Alter. Ihr sollt nicht mal wieder Contest mitmachen, was? Ja. Eben, es ist Zeug da. Also stell dir vor, du kommst mit deiner neuen Band 20 Monthly Listeners und dann kommt Sarah mit 30'000 und sagst, yo! Hey, look, es ist, mit dem haben wir Eure Band ist der Grund, wieso dass der Ricky mir das Publikumsvoting bei den Metal Servala Awards unterschlagen hat. Aha. Nein, nicht direkt. Ricky hat einfach das Gefühl gehabt, weißt du, es ist einfach ein bisschen unfair, wenn dann so mir Xono aufschreiben und sie dann ihre Goons schicken. Dann habe ich gehört und ich so. Das Ding ist, das ist eben die Wahrnehmung, die Leute von uns haben und die Wahrnehmung, die wir haben, das ist so ein Unterschied da, weil wir haben eben immer noch das Gefühl, so, wir fühlen uns wie eine Local Band, wie jede andere hier in der Schweiz. Wirklich, das ist so, das Einzige, was wir halt haben, sind unsere Zahlen und ja, Merch-Verkäufe, 80% kommen aus Amerika. Vater gerade, ich habe 3 Päckchen auf Alaska müssen schicken. Da musst du einfach Alaska. Irgendein Sieg, jetzt sind 2 Sieger, einer zweimal bestellt. Weißt du? Es ist kalt da oben, die Maske, oder? Weißt du? Aber nein, das sind Züge, die ich mir echt nicht vorstellen kann. Ich sehe so, irgendwann in den nächsten 4 Jahren siehst du so irgendeinen Dude etwas absolut daneben zu machen zu Amerika und dann einfach so Sonor in der Schlagzeile, weil er so eine Sturmmaske hat. Ich glaube eben auch. Vor 4 Jahren war Ice Earth, demnächst ist es Sonor. Ja, oh mein Gott. Ja gut, aber Ice... Aber das war der Bandmitglied da gewesen. Ja, dort ist... Aber hey, mit der Maske, es könnte ich sein, du weißt es nicht. Ich sage, nein, das ist irgendein anderes Sieg mit der Maske, da kann ich auch nichts dafür. Ja. No such thing as bad publicity, oder? Sag ich immer. Aber wir machen in dem Fall nicht Print on Demand, wir machen es selber. Beides ein bisschen. Also die Shirts, mein Gott, ich sag da, wir müssen einen gewissen Teil auf Print on Demand machen, weil einerseits sind die Zollkosten einfach überrissen. Und wir müssen die Shirts für irgendwie 35 Stutz verkaufen bei Print on Demand, damit wir gewinnen würden. Wenn wir es selber verschicken und so, müssen wir es so teuer verkaufen. Also bei Shirts und Hoodies machen wir Print on Demand, aber bei den Masken, Patches und so Sachen, die wir noch in einem kleineren Päckchen schicken, macht Sinn, ja. Machen wir lieber, schicken wir selber vor allem. Gerade bei den Masken haben wir gesagt, nein, da machen wir sicher nicht on Demand, weil wir wollen die Möglichkeit haben können, einen Brief oder so mitschicken, ein paar Stickers, irgendwie noch etwas Persönliches. Und das kommt auch mega gut an. Gebrauchsanleitung für einen Molotov-Cocktail. Ja, genau. Der Anarchist Cookbook, musst du mal googlen. By the way, du kommst Kollege, ich bin 30. Ich weiss ganz sicher, was da ist. Ja, okay, aber würde ich noch überraschen. Ich sage einfach, unsere DMs, man, irgendeiner hat einfach so eine Bombenanleitung PDF uns geschickt, Alter. Weißt du, was ich meine? Mit dem müssen wir auch zu kämpfen. Ich habe es einfach aufgemacht, wieder zugemacht, habe ich vergessen. Also, schreibst du einfach mal zurück, so, please don't. Ja, Watchlist. Ja, wirklich. Das Ding ist, es war ein Schweizer gewesen, also nicht so nicht. Aber ja. 40. Aber so nochmal, ich glaube, die Wahrnehmung, die Leute im Ausland von uns haben, wir sind so voll die 35'000, was auch immer. Das heisst natürlich, wenn es vergleicht mit Hip-Hop und was auch immer, ist ja nicht viel, aber gerade so Thrash-Metal in dieser Nische von der Nische ist es schon eine Zahl, wo man kann die Augen aufmachen kann, aber eben so in der Schweiz, so wie wir da wahrgenommen werden, ist es nicht so. Da wird es auch immer noch vorgeworfen, eben Fake-Streams und so Shit. Und hey, ich verstehe es, weil es gibt so viele Bands, die es machen. Also ich würde es verstehen, wenn ihr
gar keine Comments und Reactions auf Instagram ja, haben. Genau. Und das siehst du siehst ja bei der Playlist die Artist Destination und so. Also, Genau. Ich glaub, sind die überhaupt auf Editorial Playlists oder nicht? Nein, Editorial Playlists kommen wir nie rein. Nein. Das ist crazy, oder? Nein, es ist alles pure TikTok-Brainrot, Alter, wo mir da... Es ist TikTok und also jetzt mittlerweile mehr Instagram Reels wieder, wie TikTok, es schwankt immer so ein bisschen hin und her. Manchmal einmal explodiert etwas auf YouTube Shorts und einmal auf iFunny. iFunny. Irgendjemand hat das Video von uns. Du kennst iFunny nicht? Bruder, du bist 30 und kennst iFunny nicht? Ja, eben, bei 30. Ist das alt? Es ist so, okay, jetzt sind so die Facebook-Memes früher noch hergekommen. Ah, fuck. Das ist so ja gut, aber... Es ist 9gag sein Rival gewesen. Einfach 9gag haben das Gefühl gehabt, iFunny ist so cringe. Oder dabei 9gag ist das ist so. Und auf jeden Fall, irgendjemand hat das Video von uns dort hochgeladen und das ist voll explodiert auf iFunny. Und dann ist eine Welle von iFunny-Leuten auf uns aufmerksam geworden, was auch immer. Geil. Eben hin und wieder die verschiedenen Quellen kommen. Jetzt sind wir aber auf TikTok, haben wir jetzt momentan ein Account-Warning. Weil wir Welcome to the Race War. Irgendjemand hat das geflaggt, was auch immer. Jetzt müssen wir voll Aufpassen mit TikTok, was wir für die nächsten 3 Monate. Aber auf Instagram, Bro, ihr macht es euch selber aber auch wirklich nicht einfach. Hey. Bro, aber wie würdest du sonst auffallen, Mann? So, I don't know. Also ihr könnt einfach definitiv auch keine Facebook-Ads schalten. He? Moll, kein Problem. Das ist eben das Witzige. Fick dich, Mann, du Hurensohn! Die dürfen und ich nicht! Aber es ist so, ich verstehe es nicht. Cop-Killer, kein Problem gewesen. Murder the government, kein Problem gewesen. Welcome to the Race War, kein Problem gewesen. Aber für Hate and Crime. Aber ich wollte für Hate and Crime Ads schalten und das fucking Facebook banned Eversis vom ever putting up ads. Nein, echt jetzt? Unser Account ist banned. Wenn du willst, we are Eversis, wenn du unsere Facebook-Page oder Instagram-Page mit Meta, wenn ich irgendetwas bewerben will, es geht nicht. Okay, das ist ein fucking Blog. Da würde man einfach ohne Scheiß überlegen, Instagram alles neu aufzumachen. Weil es ist ein Ding, wo ein Tool, das wir brauchen. Es ist nicht unser Haupttool. Ich finde, Ads brauchst du nicht. Aber es kann sehr helfen, wenn du gewisse Sachen schon vorher, zum Beispiel jetzt Tickets verkaufst bei dem. Ja, das ist so. Haben wir jetzt ich bin mit dem Ricky, wir haben schon etwa 14.000 Mal brainstormt, um das umgehen. Wir haben, glaube ich, schon irgendwie eine Idee. Das Einzige, was wirklich das Problem ist, du kannst Eversis nicht verlinken. Also, du kannst nicht eine Ad schalten und sie mit dem Eversis-Account verlinken. Aber man kann mit einem anderen Dings natürlich Ads schalten und auf unsere Homepage und so. Das funktioniert. Das funktioniert, ja. Auf Landingpage, genau. Ja. Genau, auf Landingpage oder so. Das kann immerhin. Ich kann einfach meine eigenen Reels nicht bewerben. Das ist geil, weil Instagram schreibt dann immer so, dieses Reel hat mehr Reichweite als andere. Möchtest du es bewerben? Und ich so, yep. Aber das Thema ist, Donna hat schon recht, weil durch Ads, wir machen mit teilweise auch Ads, nicht viel, aber es bringt doch etwas. Du bekommst trotzdem Follows und Likes und Reactions. Und nachher eben, also was machen die so zum Beispiel so? Also viele Ads schicken dir auf Profile, auf Song? Verschiedenes. Also beim Song-Release tun wir immer ein gewisses Budget definieren, einfach damit es auf einen Linktree linkt, wo verschiedene Dings. Ja. Die funktionieren verdammt gut. Also die Leute sind... dort ist auch mega wichtig, dass der Ad-Asset gut ist. So das Werbevideo und dann einfach auch maximal 10-15 Sekunden. Und dann Leute klicken es dann schon an, oder? Ja, und dann ist halt nur noch die Frage, wo du es zeigen. Ist eigentlich eine relativ simple Sache, es ist konfigurieren. Dort aber auch nur ein gewisses Budget. Und hin und wieder gibt es aber so Situationen, wo entweder ein Gig bewerben oder wir haben so ein Video, wo wir uns als Band vorstellen. Und vor allen, hey, do you like to blame the government for all your problems? Das Video von allen unseren Videos ist das, was am meisten die Leute dazu bringt, nachher auf unser Profil zu gehen. Ja. Oder? Und von dort gibt es dann wie so einen Tunneleffekt, oder? Ich gehe jetzt ein bisschen ins Technische rein, aber ohne jetzt lang. Ist ein Funnel. Ja, ein Content-Funnel. Ja, genau. Ja. Dann verkennst du den Begriff. Ich mache Content einerseits für Leute, die uns überhaupt nicht kennen, die uns zum ersten Mal sind. Dann mache ich Content für Leute, die schon ein bisschen vorgewärmt sind für uns. Und dann mache ich Content für unsere Fans. Content für unsere Fans kriegen mit weitem am wenigsten Engagement. Das ist das Krasse. Also eigentlich ist es genau das Umgekehrte, was die meisten Leute haben. Wichtig ist einfach, dass du so ein bisschen das für dein Profil am besten optimierst. Entweder musst du jetzt mehr Leute reinholen,
Und dann, aber wo viele Bands scheitern, ist, sie stecken Geld rein, sie haben vielleicht ein Video, das viral ist, aber die Leute landen auf ihrem Profil und nachher entscheiden sie sich trotzdem nicht zum Folgen. Ja. Und das sind Sachen, die gute Nachricht ist, das sind Sachen, die du mega einfach kannst reparieren. Da musst du einfach zum Beispiel gewisses Branding, das einfach da sein, oder? Also wo können die Leute für Brand Consulting gehen, um dich einstellen als Brand Consultant? Ich sage auch, ich lege Sturmmasken an, Bro. also ich würde sagen, du solltest schon mal Consulting machen. Ich überlege es mir mal. Ich würde einfach gerne mal so das machen, einfach zum... So, es gibt so einige Bands da, wo ich so voll dahinter stehe, weil ich finde es mega krass, was sie machen, aber sie haben auch da nicht, wo meiner Meinung nach, es sind kleine Sachen, aber Consistency, oder? Ja. Und da würde ich einfach mega gerne helfen. Also irgendwie, ohne jetzt da groß mit Geld zu verdienen, würde ich gerne mal so ein bisschen zurückgeben, was ich weiß und so. Aber also es ist Fun. Es ist hure Fun. Das ist ja so. Ja, mega. Also, es macht Spaß. Ja. Und was du kannst machen, ist, du kannst an diesen Bands 1, 2 von denen gehen, sagen, Boys, ich biete das und das. Ich würde euch gerne als Experiment nehmen, um zu zeigen, wie es geht. Und dann kannst du das gerade für Google Reviews brauchen. Safe, also wenn wir einfach nachher mit anderen Bands zusammenarbeiten. Ich würde gerne so ein Rebranding machen für eine Band. Das ist schon spannend. Ja. Mega, also das mache ich so gerne. Das habe ich bei Conor das so geil gefunden. Am 28. kommt unser Schlagzeuger zurück, ich schnurre es mit ihnen an. Falls wir dann die Musik fertig hätten, die wir einen Zeitrahmen, wo das okay ist, würde ich auf dich zukommen. Ist das okay für dich? Das bedeutet ein Fotoshoot, das bedeutet Outfits, das bedeutet... Also weißt du, was ich meine? Ja, haben wir eigentlich alles schon. Es ist alles nicht schlecht. Genau, da ist es so. Ja. So viele Bands haben das alles eigentlich. Ich sehe schon, du kommst mit dem Whiteboard. Ja. Jungs. Ich sehe jetzt, Alter, nein, das können wir nicht machen. Der Donau geht kaputt ab dem Domi und dem Team. Nein. Ich würde es gerne mal so mal machen, so eine Band. Ja, falls das dann, wenn wir dann so weit sind und du das immer noch würdest machen und wir auch würden das jetzt schon entscheiden, könnten wir das gerne machen. Im Fall. Würde ich meine Band anbieten dazu. Okay. Einfach weil der Butch und ich selber keinen Plan haben, was wir machen. Und weißt du, mein erstes Projekt ist, Alter, wenn ich etwas verkacke, habe ich es immer noch gratis gemacht. Okay? Ja, genau. Das ist fair enough. Es ist ein Proof of Concept schlussendlich, oder? Das ist fair enough, Alter. Okay. Ja, nein, sonst so was ein bisschen gelaufen ist, eben, wir haben eine erste Tour gehabt, wir haben wirklich im 2024 haben wir so viele Gigs gespielt wie noch nie, also geil. Über 20 sind es gewesen. Ja. Und das ist cool und ich muss auch sagen, dass ich dann auch sehr viele Sachen müssen realisieren, so für wie Bandleben wirklich ist und was es bedeutet zum... Es ist viel weniger glamourös, wie die Leute denken. Ja, viel weniger. Und was ich auch schlimm finde, ist, ich bin an einem Punkt, wo ich vor ein paar Jahren gedacht habe, mit der Band würde ich nie sein. Oder wo ich nur hätte träumen können. Bin mir immer noch nicht zufrieden. Ja. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist gut. Aber du bist motiviert. Stay hungry. Und die anderen sind eben zufrieden in der Band. Also weißt du nicht, sie sind irgendwie voll geil. Ja, aber 50.000 Mann lesen, das wäre schon geil oder so. Greenfield Headline, nein, so ist es nicht. Aber eben, das... Es müssen nicht alle machen. Solange ein den Hanger hat und das pusht. Ja, hat was, ja. Etwas, was wichtig ist auch zu definieren, wer ein Project Lead übernimmt zum Beispiel, oder? Es können die Songs, es können Albums, es können Konzerte, es können whatever. Einfach definieren, hey, die Person will den Lead übernehmen, oder? Ja. Und dementsprechend auch wissen, wenn du Zeugs kannst delegieren und sagen, hey, look, ich habe keine Kapazität für das, oder? Ja. Und sagst, hey, keine Ahnung, Branding oder Recording, was immer, kannst sagen, hey, delegiere mir das, dann kannst du mehr fokussieren auf das. Also so Sachen, Kommunikation, oder? Und auch so, ich habe aber auch meine Stelle so als Project Leader jetzt müssen so ein bisschen akzeptieren, weil ehrlich gesagt, ich habe das nie wollen. Ich habe noch nie sein sein. Ja. Wie wisst ihr das, dass ich nie habe? Ja, hast du uns erzählt. Ich bin genötigt worden dazu. Und ich mache es schon ein bisschen gerne und so. Also ich finde meine Stimme jetzt auch nicht schlecht und es passt zu dem, was wir machen. Der Progress von deiner Stimme macht im Fall insane. Also. Merci vielmals. Ja. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit habe ich nicht mehr so die Ausdauer. Also gut, jetzt bin ich krank, aber und jetzt habe ich auf die Rolle müssen akzeptieren und ich muss auch es hat bedeutet eben auch, dass ich dreckiges Shit muss machen. Also nicht dreckig im Sinne von falsch, sondern halt pervers. Ja, es bedeutet halt auch, dass manchmal musst du halt den ganzen Scheiß machen.
Oder? Und das ist... Manchmal wieso machen Wem sagst du das denn? Ja, ich weiß schon. und der hat mich dann halt einfach so irrsinnig einfach akzeptiert, okay, ich mache den grössten Teil von der Arbeit und es ist okay. Es ist okay, oder? Und wenn ich auch muss... Aber das Gute ist, wenn du den grössten Teil von der Arbeit machst, dann pfusst du keinen rein. Du musst es einfach so anschauen. Das stimmt. Und du lernst schon viel vom Prozess. Mega. Und wie es kannst du optimieren. Also ich glaube, ihr habt recht streamlined, was Content angeht. Das Handy geht da, das läuft so. Ihr habt schon so Prozess aber dass ihr müsst einfach loslegen, klicken und... Es hat aber auch sehr viele Hinder, wo ich einfach so, zum Beispiel, wenn wir jetzt Anfang von 2024 gemacht haben, wo wir jetzt mittlerweile machen. Früher war die Maske an beim letzten Song. Jetzt ist die ganze Show an. Es ist heiß, Bro. Es ist heiß, Bro. Es ist ein Opfer, das wir bringen zum... Weil es hat mich jedes Mal so grauenhaft angeschissen, wenn wir eine Show gespielt haben und dann, I don't know, dann habe ich die Live-Bilder nicht brauchen, weil ich einfach im Hinterkopf hatte, es passt nicht zum Brand. Niemand will meine Fresse sehen. Die Leute wollen die Maske sehen. So böse wie es tönt. Natürlich hin und wieder bis so Behind-the-Scenes-Zeug Masken anziehen. Ist völlig passend und so. Aber eben so, und dann jetzt habe ich gesagt, und was das Schlimme ist, manchmal tun wir beim allerletzten Song die Maske abziehen. Auf dem die Leute signalisieren, hey, wir sind dann keine Terroristen, was auch immer. Oder so. Kriegst Fotos von der Show überall, der Fotograf nur bei der letzten Song so, God damn it, Alter, die ganze Show glitten für nichts. Nein, aber so das Branding durchziehen. Aber das ist geil. Zum Beispiel Gaia, wie heisst die eine Band, die der russisch-orthodoxe Kirche-Outfit macht? Die finde ich auch geil. Batuschka. Oder Ruska, ja. Batuschka? Oder? Nein, die kenne ich nicht. Du meinst die so Gregorian Chants machen? So. Ich glaube, es ist Batuschka. Ich weiss, doch, ich habe einen Song von denen. Irgendeiner von das Gefühl hat, das soll ich reinschauen. Es ist gerade wie die letzte Single. Genau. Ich habe noch nie, ich habe die Musik nicht gehört, aber der Outfit ist so geil. Schon? Und, ja, ich glaube, es ist Batuschka. Ja, es sind auf jeden Fall so... Metal. Es gibt eine ganze Nische. Ja, voll. Genau, der Outfit, Mann. Ja, genau. Fucking so orthodox Russen-Kirche-Outfit. Einfach fucking geil, oder? Ich habe noch nie die Musik gehört, aber ich habe den Outfit. Und das ist einfach so Sleep Token, Slipknot halt, oder? Ich muss ehrlich sagen, Alter, vielleicht bin ich einfach ein kleiner Nerd, Alter, aber ich finde so Gimmicks eben schon noch cool. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so uncool geworden ist, zum können... Es bleibt im Kopf. Es bleibt im Kopf, aber wieso ist es uncool geworden? Also weißt du, okay, ich sage nicht uncool, aber ich finde, kein Gimmick haben, ist eben auch irgendwie ein Gimmick. Ja. So. Weezer. Ja, ich auch. Ich sag dir warum. Bro, all die Thrash-Metal-Bands mit den langen Haaren, Battle Jackets-Dings. Das ist ein Gimmick. Ich sag dir warum. Es ist einfach das True Try-Hard, True Metal. Ja, es muss Patches und das True. Genau. Und sobald einer kommt, der ein Trendsetter ist oder der etwas anderes macht, sage ich, ja, aber... Bei Metal geht es um Musik, nicht ums Outfit durch. Ist das real? Ja, ist schon. Ja, genau. Ich glaube, es sind auch sehr viele Leute verbittert irgendwie. So. Aber du hast schon recht, wenn hat Electric Callboy gezündet? Ja, ich schwöre, wo sie aus ihrem Gimmick ein richtiges Gimmick gemacht haben. Das nicht, weil sie haben ja eigentlich das Disco-Party-Zeug immer gehabt. Ja. Also sie haben sich nie darauf fokussiert. Ja, und sie haben das ein Teil, wo richtig Metalcore ist, oder? Wo niemand sie sind eine Metalcore-Band gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihre eine Sänger gegangen ist. Also dort, wo der Sänger gewechselt hat. Weil dort, sie haben immer schon das hohe Disco-Party-Gimmick gehabt. Dort war aber wirklich ein Gimmick gewesen. Ja. Und nachher haben sie den Sänger gewechselt und dann haben sie gesagt, wieso ist das nur ein Gimmick? Wieso ist das jetzt nicht unser Haupt-Selling Point? Und seitdem ist das durch die Decke. Ja, es hat, da muss ich sagen, so viele Bands haben das, aber sie müssen wie so noch einen kleinen Klick machen. So eben, es hat aber auch ein bisschen, ich muss sagen, am Anfang habe ich mich mit der Maske wie so ein bisschen geschämt. Das habe ich so gedacht, das ist peinlich, da Thrash-Metal-Band auf die Bühne gehen und so. Aber jetzt stehe ich voll dazu, Alter. Und ja, jetzt hast du aber auch ein Following, jetzt weißt du, das funktioniert. Am Anfang hast du das nicht gehabt. Am Anfang bist du gestanden und bist natürlich nicht sicher gewesen, kommt das gut? Weißt, nimm mich jetzt mal an, ich habe keine Ahnung, wie du dich gefühlt hast, aber jetzt stehst du natürlich da und du weißt, du hast deine 36'000 monatliche Höhe. Ja, aber wenn du irgendwo auftauchst, zum Beispiel in Deschi, sind wir in Davos und so, dann fühlst du immer, und die Leute haben uns nicht so... Jetzt Davos mit dieser Maske auftauchen ist sowieso gefährlich, ja. Eine Woche vor dem WEF, gell? Also ist geil. Nein, ohne Scheiß, Alter. Ist schon ein so... Ja, dort ist die Box ganz sicher schon unter Polizeischutz gestanden, Alter. 100 Pro haben dort 2 Scharfschützen
drauf zielt. Ja. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit so einen Punkt gehabt. Ich habe einen Flyer gemacht, gell? Und dann habe ich das erste Mal so Thrash Metal Attack oder so reinschreiben oder Thrash Metal Explosion in Davos. Habe ich schreiben und dachte, okay, nein, weißt du, ich glaube, ich lasse es besser. Es war mit Total Annihilation. Also, Total Annihilation of Davos. Früher hättest du das natürlich können machen, aber heute mit der künstlichen Intelligenz, was das ganze Internet scannt, bei so ganzen Sachen, wird es wahrscheinlich unter Umständen vielleicht irgendwo mal ein rotes Fernseher verheben. Ja, ein bisschen vorsichtig bin ich dann immer noch. Aber ich habe so ein Art gemacht mit AI, tut mir leid. Aber dann ist es so Davos und dann hat es so einen Raketenangriff gehabt. Weißt du, also es hat schon so ein bisschen seinen Vibe gehabt. Es ist auch voll. Du, ganz ehrlich, Thema AI, ich meine, ja, für Album brauchen oder für Songwriting brauchen Wack oder für fucking Promo-Shit, wo es wirst irgendwie ein Bild im Internet nehmen und fucking do it. Ja, ich schwöre. Muss aber auch sagen, für ein Single-Cover-Art, Alter, juckt es mir jetzt auch nicht groß. Also, wen juckt schon ein Single-Cover-Art, Alter? Sind wir ehrlich. Wir haben auch, bei Wired haben wir auch gebraucht. Niemand. Nein. Ja, ist kein Album oder so. Aber auf dem Album, dort haben wir uns Mühe gegeben, geil gezeichnete Dings, wo du etwas verspürst und so. Und dort lohnt es sich dann. Aber für eine Single, man, da haust es, vor allem oftmals bei einer Single, bist du nachher dort, Spotify sagt, DistroKid sagt, man braucht noch einen Coverart und was soll man machen? Ja, mach doch irgendwie da. Und dann gehst du mit einem Designer, braucht es 2 Wochen und dann denkst du, Alter, kann ich AI. Aber hast du gesehen, was wir mit Towers gemacht haben? Was? Bloopers vom Fotoshoot. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Also jetzt gerade beim Neuen, oder was? Nein, bei jedem. Bei jedem ist einfach ein Blooper vom Fotoshoot. Aber ich mache Waterfall und ich lösche immer den letzten. Heisst, nur die Leute, die das mitverfolgen, sehen die Bloopers vom Fotoshoot und am Ende hast du nachher eine Cover-Art vom Album richtig, oder? Ah, was? Okay. Aber wahrscheinlich im Bandcamp siehst du es alle. Also ich muss mal nachher schauen, ja. Aber ich habe so gefunden, ich mache jetzt aus einem 10-Song-Album 10 Singles, was soll ich da noch auf? Einfach Fotoshoot durchgeschaut. Genau. Die lustig sind oder etwas mit dem Thema haben. Was wichtiger ist der Canva. Der Canva dahin, also der Canvas. Canvas. Der Canvas, Pixel-Videos oder fucking Footage von der Probe und nachher zusammenschneiden und so. Genau. Und die Leute überdenken das. Aber Spotify, also machen unbedingt den Canvas. Weil mittlerweile pushen jetzt fast nichts mehr, wo kein Canvas hat. Das ist wirklich krass. Also sie wollen wirklich so auf die Videoschiene gehen. Ich kann dir auf eigener Erfahrung sagen, sie pushen das Zeug mit, man Canva nicht. Ja, das nice. Aber ja, das Zeug ist vor allem nicht schwierig. Es ist vor allem nicht schwierig. Also wie gesagt, wir können keine Editorial-Playlists singen. Das ist crazy. Man pitcht immer. Also 536 ohne Editorial-Push. Ja. Das ist eben das mit einer verdammten Hure. Haben wir das eigentlich mal noch fertig abgehandelt mit diesen Spotify-internen perfiden Tricks? Das haben wir nie fertig gemacht, oder? Pervers haben wir nicht. Also jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Also. Wenn jetzt mal da ganz kurz bei uns sehen, das kommt immer so ein bisschen in Wellen. Das ist gut. Ich finde, die Spikes sind oftmals, wenn irgendetwas krass viral gegangen ist. Ja. Aber nachher bleibt immer noch so ein Stückchen übrig. Ja, es geht immer wieder rüber. Schau mal Playlists zum Beispiel, zum sind wahrscheinlich selbst erstellte. Das sind Ads. Genau, es hat schon algorithmische Playlists, aber das sind dann Release Radar und Radio. Ja, voll, genau. Aber Radio ist insane, man. Radio ist geil, ja. Wo sehe ich da die genauen Playlists? Ist bei Music Club. Ah ja, genau. Den Playlists. Und dann siehst du, das sind eigentlich hauptsächlich das 12 Months, also die meisten sind dann irgendwie Release Radar, Radio, Discover Weekly. Ah, super, ja. Da finde ich, da ist mega gut, Discover Weekly. Das ist geil. Aber sonst eigentlich relativ nicht Editorial. Ja. Finde ich schade, aber ich weiß, warum ich weiß, mit was es zu hat. Mit Mario the Government, oder? Ja. Oder Spotify hat angefangen, jetzt eben bei Metal ist es nicht so krass wie bei anderen Genres, die haben angefangen, eigene Künstler zu machen. Meinst du eigene Künstler zu machen? AI, die Musik macht? Es ist so. Aber das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen. Musik, aber weißt du, bei so Lo-Fi, Chill-Hip-Hop-Musik, bei so einer Playlist ist das scheißegal. Da hast du keine Ahnung, wer die Musik macht. Es ist dir scheißegal, weil du willst ja nur reinquatschen zum Elevator Music. Ja. Genau. Und dort haben sie effektiv AI-Künstler, wo sie die Royalties haben davon, wo sie in ihre Playlists nennen, wo sie dann pushen. Vor AI haben sie tatsächlich einfach, also es ist nicht Spotify selber, oder vielleicht schon, haben sie einfach quasi Songwriters beauftragt mit I Love Track jeden, oder so 100 Artists, einmal gezahlt, gut, gehört mir jetzt, mach mir eine Playlist mit den Dings und einfach laufen. Okay. Nur so Spotify, Alter. Ja. Aber ich muss erst, also das Konzept von Spotify finde ich im Fall gut. Ja. Ich finde, es ist noch nie so. Stell dir vor, ich muss jetzt noch schauen, dass meine Songs in die Läden reinkommen, Alter. Verschieß mich, Alter. Nein, also vor allem, okay, wir können darüber diskutieren,
wegen dem Zahltag. Und was ich dreckig finde, eben, das sind so Sachen wie, dass jetzt, wenn du weniger als 1000 Streams im Jahr hast, kriegst du gar nicht mehr. Ja, das ist halt einfach nur noch, das ist fucking wrong. Also, jeder Rabatt, auch wenn es nur 0,004 Cent sind oder Dollar. Meine 3 Franken 70 hätte ich dann gerne, ja. Das steht dir zu, Punkt, fertig, Schluss. Oder? Andererseits muss ich sagen, mit dem Geschäftsmodell, es ist ja nicht so, dass Taylor Swift pro Stream mehr verdient. Das ist ja nicht so. Nein. Im Endeffekt sie ist einfach populärer, wie gesagt. Ja. Oder? Ja. Und dadurch sind wir wieder beim Gleichen wie vor 30 Jahren mit den Plattenläden und so. Das ist krass an der Musik ist, ja, dass wenn du jetzt selber Musik machst, deine Konkurrenz ist nicht einfach nur deine Local Bands. Deine Konkurrenz ist Metallica, die grossen Acts. Scheiß auf Metallica, unsere Konkurrenz ist Taylor Swift, Junge. Ja. Nein, deine Konkurrenz ist die neue Serie auf Netflix, Bro. Ja. Es ist Unterhaltung. Im Endeffekt, jemand geht auf sein Handy, er entscheidet sich, gehe jetzt auf Spotify Sonne hören oder gehe jetzt auf Netflix Dings. Weißt du, was ich meine? Also, weißt du, was mich anschießt? Weißt du, was wirklich mühsam ist an der ganzen Sache? Ja. Weißt du, wenn du überlegst, wie viel Zeit von deiner Musikgeschichte verbringst du eigentlich damit, Musik zu machen? Und wie viel Zeit verbringst du damit, jede andere verfickte Bullshit zu machen, wo du einfach musst machen, dass sich irgendjemand für dich interessiert? Ja. Ich glaube, wenn du eine Firma gründest, dann bist du auch 80% Admin. Ja. So, sag mal, du machst jetzt ein Geschäft auf oder du hast Grafikdesign anbieten. Ja, aber das bist doch 80% am Kunden suchen, am E-Mails hin und her schreiben. Wie viel Zeit bist du wirklich im Endeffekt nur noch am Designen? Ja. Eher weniger, oder? Nein, das ist das Scheissdreck. Es macht gar keinen Spass, Musik. Eigentlich könnten wir alle aufhören damit. Fuck ich sag dir ehrlich, ich bin ein paar Mal so nicht dran gewesen. Also, so Ende 2022 ist bei mir am Fall. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass ich aufhören werde. Ja. Also es ist komplett... Also ich habe jetzt immer noch irgendwie ein bisschen Angst, dass der Domi dann von seinen 6 Monaten Ferien zurückkommt und es dann einfach irgendwie so, ja, eigentlich ganz okay gewesen ohne. Ja. Also ich finde eben einerseits das oder andererseits fängst du an, den Prozess zu lieben und so die Optimierungen. Aber das ist halt der IT-Kopf, oder? Ich meine, so das kann man da. Jetzt, wo ich zum ersten Mal wirklich selber auch das ganze Merch-Zeugs und Verkäufe vor Ort und so anschaue, das habe ich immer einfach am Mike, glaube ich, White, also über macht das Ding, keine Ahnung. Und ich so jetzt, okay, ich muss Bargeld holen bei der Post, ich muss eine Kasse haben. Ich muss einen Twin-QR-Code haben, ich muss fucking das bestellen, fucking, ich muss irgendwie tracken, wenn ich das. Ich habe extra Shit gemacht. Oh shit, ist falsch. No, das ist einfach so. Und nachher finde ich so, wenn du das gerne hast, dann ist super. Oder? Ja, safe. Und Marketing-Zeugs und so, Ads und so. Mir macht das eben auch Spaß. Ich hasse das. Andrew Southworth-Videos schauen, um zu schauen, wie oh mein Gott, Andrew Southworth, ja, der ist wirklich der King. Der King, G. Also der hat mir auch alles über Facebook-Ads gezeigt, wo ich müssen wissen. Same. Hey, ist lustig, ich habe mich eben genau für so eine, eigentlich meine Stelle, wo ich mich beworben habe, darauf ist so einig gewesen, das wäre so ein Inside-Sales-Job gewesen. Okay. So eigentlich halt auch so Admin und mit diesen Leuten und ich habe jetzt ein halbes Jahr auf diesem Job geschafft. Und jetzt haben sie mir aber beim Bewerbungsgespräch mit der Chefin dort gesagt, so, also die Geschäftsleiterin, so, sie würde mich sehr gerne in der Firma haben, sie sieht mich nicht auf der Position, wo ich mich beworben habe. Ah, ja. Und jetzt ganz im Ernst, ich glaube, würde ich dort arbeiten, würde ich mir Kugeln geben. Ja, ich glaube, hätte ich mir, weißt du, ich hatte zwar genau die Qualifikationen für diese Stelle und für die anderen habe ich die Qualifikationen nicht gehabt, die ich jetzt habe. Aber es ist etwas anderes, wenn du es für dich selber machst, für dieses Projekt, wie wenn es für... Nein, ist absolut nicht, Alter. Findest? Nein, also Admin-Arbeit, ich kann mich ficken, Alter. Ich würde mich umbringen, wenn ich mich im Büro damit schon umbringe, was wollte ich, also das Gefühl, ich würde das in der Freizeit machen. Ja, aber du machst es ja für deine Leidenschaft, dieses Projekt, das du für dich pushst. Ja, für mein Projekt, ja, aber ich will Sachen machen, wo ich Spass habe daran. Anstatt dass ich das mache, gehe ich lieber Velo fahren. Ich glaube, es ist mal okay, fairer Punkt, ja. Es muss auch gewisse Persönlichkeit, Person oder einfach Geschmack sein. Ja. Oder? Wenn du es gerne hast. Das Ding ist, ich sehe einfach, so Admin-Sachen oftmals, das Problem ist, du siehst nicht direkt gerade die Belohnung dafür. Sprich, du schreibst vielleicht Mails hin und her und so. Aber die Gratification, wo du nachher davor, jetzt sind wir voll wieder auf dem Joe Rogan schreibt, Short-Term Gratification, Dopamine Addiction und alles. Oder? Die kriegst du erst viel, viel später. Oder wenn du 1000 Bewerbungsmails an Festivals schickst und so. Ja, die Arbeit schießt ja, aber wenn du dann das eine dann bekommst und so, dann ist es wie so, ja, es braucht halt seine Zeit. Ich habe das ist eben wieder das, was man sieht. Weißt, das Problem bei Versus ist, wir sind eigentlich zufrieden.
Das ist eben das Problem an der Sache. Dann bin ich euch brutal. Also ich meine, ich bin auch zufrieden so, aber weißt du, so, ich werde glaube nie at peace sein. Also, nein, Ricky, das schon nicht. The Hunger. Ja, weißt du, das Ding ist halt, ich selber bin schon nicht so. Aber was ich herausgefunden habe, ist, der Rest von meiner Band, der Rest von meiner Band ist eigentlich, weißt du, wir sind 4. Das bin nicht nur ich. Und ich habe jetzt mich damit abgefunden. So wie es läuft, ist chillig. Wir können immer ein paar Konzerte spielen, wir können Musik machen. Für uns geht es auf. Es ist super, so wie es ist. Und ich habe das Gefühl, weißt, wenn es ums das ist wahrscheinlich der Breaking Point für die meisten Bands. Ja, genau. Wenn du dort bist, wo es dann irgendwie, die einen haben das Gefühl, ja gut, es ist okay, und die anderen haben das Gefühl, wir müssen viel mehr machen, und dann hast du plötzlich einen riesen Disconnect in der Band und dann gehst du einfach auseinander. Das ist bei uns auch gesehen, ja. Das ist bei uns einfach, aber das Krasse ist, wir wären viel weiter, wenn wir ein bisschen früher auf die Realisation gekommen wären, dass wir eben einfach andere Ziele haben. Ja. Oder man hat viel zu lange miteinander, also dazu das erste Line-Up miteinander verbracht, und eigentlich der Tobi und der Lücke haben nicht das Gleiche wollen. Ich und der Lücke. Aber irgendwie haben wir das auch nicht wahrhaben. Man hat gedacht, man findet da schon einen Kompromiss. Aber es gibt gewisse Sachen, da gibt es keinen Kompromiss. Ja. Da gibt es einfach, also der Kompromiss ist dann einfach, ja, du machst jetzt dieses Ding, wir machen jetzt dieses Ding, oder? Ja, du hast recht, das ist der Breaking Point für die meisten Bands. Und ehrlich gesagt, ey Bro, der Luke ist gegangen, er hat gesagt, ich habe keinen Bock auf Musikvideos, ich habe keinen Bock auf Fotoshoots, ich habe keinen Bock auf Ukraine zu reisen für 36 Stunden für 2 Shows. Mach ich nicht, kein Bock. Und wir sind so, ja, okay, aber willst du nicht? Und er so, nein. Völlig fair. Und ich weißt, völlig fair. Alter, weißt du was? Fair. Ich kann es nicht nachempfinden, weil ich einfach anders bin. Oder? Aber ich respektiere, dass man da kann stehen und sagen, ich will weniger. Das ist das Gleiche wie, ich habe meinen Job, ich mache meinen Job, er ist bequem, mache ihn gern, mache ihn auch gut, aber ich will jetzt wirklich nicht eine Karriere machen. Und das ist auch okay. Ich finde, ein 9-to-5 haben ist okay. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung. Das ist alles völlig easy. Und eine Band haben, die eine Art 9-to-5 ist auch okay. Ja. Es ist, ja. Also, du hast mich jetzt völlig falsch verstanden. Ich wollte schon immer noch mehr für die Band, aber ich habe aufgehört, meinen Willen den anderen Willen aufzudrücken. Genau, um das geht es, meine ich. Weil das bringt gar nichts. Aber du musst dich auch dann eben fragen, so, wie soll es weitergehen? Das ist halt eben die Schwierigkeit. Das ist eben die Schwierigkeit. Und eben, wir haben jetzt ziemlich unseren Peace gefunden mit dem, wie es ist. Weil wir spielen im Jahr irgendwie, wenn es hochkommt, 10 Shows, so geil sind. Das ist doch gut. Wir können unser Zeug machen, wir können unsere Musik schreiben. Ja. Wir können irgendwie all. Ich sage immer noch, du solltest mal bei HC Band Fokus machen. Bruder, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Ja, Zeit ist aber immer. Ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre das, weißt du, das ist es läuft immer noch viel zu gut, um irgendetwas anderes zu machen. Es funktioniert wirklich einigermaßen gut. Es ist mit dem, was wir machen, funktioniert es zu gut, dass ich mich darüber aufregen und noch irgendetwas anderes machen. Solange der Herz voll ist. Ich spiele ja jetzt noch in einer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, ich spiele ja noch in einer HC-Band Gitarre. Ja, voll. Ich weiss, was mit dir ist. Also. Wo einfach auch ein bisschen zu fest durchdreht im Moment. Der Carlo gestern auch so. Tau ist eskaliert, der geht ein bisschen so, ja, aus dem Nichts. Keine Ahnung, wieso. Viele Bands sind so wirklich entstanden. Viele Bands, die heute riesig sind. Rammstein ist auch einfach so eine Kollektion von sich gewesen, die sich auch irgendwie so getroffen haben. Und sich dann dazu entschieden haben, jawohl, wir sind jetzt 30, wir machen jetzt Musik, wir werden die grösste Rockband der Welt und wir gehen Frauen an den Arsch langen, nachdem wir sie unter Drogen gesetzt haben. Safe. Deswegen ist wichtig, Ziel vom Anfang an setzen. Genau. Richtig Ziel alignieren. Vom Anfang an wissen, was du willst. Geil. Jetzt einmal kurz, ich habe immer das Gute. Nein, das ist egal, das ist nicht so wichtig. Ich habe gestern den besten Running Gag herausgefunden ever. Es ist das eine Rammstein-Shirt. Welche? Das manche führen, manche folgen Shirt. Weil ich habe noch nie einen gesehen, das Shirt anhaben, der führt. Noch nie. Das ist so wie der Alpha Male T-Shirt. Alle von denen haben das Gefühl, sie sind der führt. Keiner von denen führt. Die laufen alle hinten rein. Goddamn, Alter, das ist Realisation. Alle. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, der T-Shirt-Designer von Rammstein hat das Shirt designt und einfach genau den Gedanken gehabt. Das ist so wie ein T-Shirt von Who Will Push the Boats. Ja, von wem ist das? Vom Goggins. Junge, ihr hört mir wirklich zu viel problematische Podcasts, Jungs. Das ist, ich höre nicht so viel. Ich höre euren Podcast. Der ist ja problematisch. und spätestens nach heute. Kill Tony hin und wieder. Oh jawohl, Kill Tony. Also mit Fluffy jetzt schon gut. Ich kann es auch nicht fertig. Also die Episode, wo der wie heisst so, der
Shane Gillis Trump gemacht hat. Gillis ist das Beste, oder? Bruder, ich habe mir einen Schranz abgelacht. Matt and Shane Secret Podcast? Hä? Matt and Shane Secret Podcast? Mit Shane Gillis und Matt McCusker? Nein, den habe ich nie. Beste. Ich bin sogar Patreon bei denen. Das ist super die Beste. Okay, Number one. Ich muss mal gönnen. Ohne Scheiß. Der Ari Matti ist der fucking funniest Comedian ever. So gut, Mann. Der Lit? Der Estländer. Estländer. Genau, ja, genau. I am from Estonia. We have a castle and me. Es stimmt, es hat so ein paar richtig geile Komödien dort, wo ich denke, okay, die werden mal groß. Ich schicke dir mal ein paar Links. Unbedingt. Also, ich muss sagen, ich habe so einen langen Arbeitsweg. Ich weiß nicht, es gibt sicher Leute, die länger haben, eine Dreiviertelstunde. Nicht mal so lang, ist eigentlich relativ normal. Ja. Was für, Alter. In der Ostschweiz, so, alles über 20 Minuten mache ich nicht. Ja, nur weil ihr noch in Bauerndörfern wohnt, die Ja, okay, Bauernhöfe gehen Milchkühe abladen. Ja, safe, Aber wenn du mit dem safe. ÖV gehst, hast du schnell mal für 45 Minuten. Das ist so, ja. Mit dem ÖV hat die 1,5 Stunden. Wir haben, ja, also eben, dort höre ich dann hauptsächlich Podcasts. Also so eben Joe Rogan höre ich auch hin und wieder mal. Gerade der mit dem Trump habe ich auch so witzig gefunden. Alter, so. Kann ich nur mal hören, wenn sein Gast kein Double ist. Ich kann Ja, safe. Damit Trump, ich habe es probiert, aber ich kann nicht. Ja, es ist eben auch so gewesen, aber es ist so, die haben sich so oft aneinander vorbeigeredet. Ja, es ist... Und hin und wieder ist es echt so, ja, funny gewesen. Und eben, du hast recht, bei Joe Rogan schaue ich es am allerliebsten, wenn die Person gegenüber ich auch schon kenne. Ja, so die interessantesten sind so gewesen, eben, wo der James Hetfield mal war und so. Oh, Dave Mustaine. Der noch nicht gelassen. Oh, Dave Mustaine auch mal. Dann der Travis Barker. Ja, der ist ja vor kurzem, ja. Alright. Ja, Der ist regulär drauf. ich finde Bill Burr-Episoden immer Burr gut, weil der Bill Burr keept ihn eben auch immer in Check. Das ist eben auch das, was der andere mit Joey Diaz, Tom Segura. wo der Joe Rogan wieder rumgeschissen hat wegen der Maskenfrage, bla bla bla. Ja. Und dann der Bill Burr so das Gefühl gehabt, so, I'm not gonna sit here to ask fucking white people with the cigars. With a cigar and American flag in the background. genau. I'm not gonna do this job. Und der Joe findet es aber auch lustig. Ja. Aber das ist lustig, weil ich meine, am Endeffekt, so, du folgst nicht Joe Rogan und tust nicht hinterfragen seine Kommentare oder was auch immer. So, Amis laut ist schon dumme Scheiße raus. Ja. Aber es ist einfach, er ist ein sehr Halt, Ricky, du hinterfragst seine Sachen. Ja. 90% von seinen Followern hinterfragen nicht, was der Hype sagt. Und haben das Gefühl, dass er meint, es ist Fakt und Meinung. Aber ganz ehrlich, es gibt Ja, keinen safe. besseren Communicator, um einfach eine Person reden und einfach einen Podcast allgemein, oder? Ja, also er macht es mega gut. Ich würde sagen, der Sean Evans. Er macht es auch so lange. Ich meine, ich höre Joe Rogan seit etwa 10 Jahren oder so, Alter. Das ist, Also du hast seine Gratification into Madness, hast du mitbekommen. ja, schon ein bisschen. Ja. Ja, aber ehrlich gesagt, man, also so wie sie über ihn runtergelassen haben, der lassen wir das Thema, sonst landen wir wieder wie Dings, wie Politik und so Scheiße. Das mit Horsey Worm. Ja, genau. Ja. Aber eben, für dich kommt eben der Alex Jones Clip. Also ich schicke dir den Clip, Mann. Ja. To be honest, I'm kind of retarded. Das ist verdient. Das ist... Also hast du mir den Clip schon mal geschickt, Ricky? Ich glaube schon. Ich habe letztes Jahr auch ein Meme gesehen, wo ich so gesehen so Christian Values und dann habe ich gesehen, so zum Seil ziehen. Dann gesehen so Christian Core Values. So ein Seil ziehen mit irgendwie Dings und dann plötzlich kommen so die Atheisten ziehen auch dort dran und auf der anderen Seite siehst du so Corporate Greed und so irgendwie so Dings und so die Christian Values und die Atheisten schauen sich so an so what the fuck. Aber es ist... Das Internet ist ein magischer Ort. Ja, voll, definitiv. So, ja, ich meine, so, ich habe eben schon ein bisschen bevor Xonor, habe ich eigentlich mit Social Media schon ein bisschen zu tun gehabt, auf YouTube-Ebene. Okay? Und ich hatte dort eben auch schon damit zu tun gehabt, mit Bandwerden und alles. Ich habe GTA 5 Cinematic Clips gemacht. Du hast dort so einen Cinematic Editor gehabt, wo du wirklich geile Filme machen konntest. Und dann habe ich ein Video gemacht und das ist einfach so. Lustigerweise hatte ich jetzt so einen Clan gehabt, wo ich auch der Anführer war. In GTA 5 und wir haben alle auch Sturmmasken an. Ich sehe da das Pattern. Ich sehe da langsam das Pattern. Es ist wirklich das Pattern da und das Rekrutierungsvideo von dem Clan ist immer noch auf YouTube. Das Rekrutierungsvideo, Alter. Es ist wirklich wie eine Miliz gewesen, auch auf GTA, auf dass ich 16 war und der Rest... Also alle Bruder, ich habe wirklich Fragen an deine... Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Podcast machen und einfach Donna seine Kindheit mal beleuchten. Ja, voll. Also Masken sind, ich merke es jetzt aber erst jetzt, dass immer wieder mal irgendwann Masken... Ist das ein Kink von dir, oder? Nein, überhaupt nicht, Alter. Aber ich weiß auch nicht, so da, gut, ich komme aus Irland, das ist mit IRA. Ja gut, ja, logisch, stimmt, das habe ich vergessen. Und ich habe immer die schon irgendwie cool gefunden. Also, ich habe letztens ein Instagram-Reel gesehen von einem irischen Komiker, wo es darum gegangen ist, dass Irland letztens eine Frau bestraft hat, weil sie in einer terroristischen Gruppe beitreten ist.
Und dann sind sie 2 Jahre in den Knast gekommen oder so und dann sind sie einfach so, wie sie im IS beitreten ist. Und dann siehst du so, hat so ein Newspaper und dann siehst du so, an old white lady was like, aren't ours good enough? So, hey, wenn du in einem europäischen Land geboren bist und du willst in einer terroristischen Organisation beitreten, gibt es doch kein besseres wie Irland. Teil der Verhandlungen, damit der Terrorismus aufgehört hat, ist, dass sie alle haben müssen freilassen. Mhm. Also das Gefängnis war voll mit IRA-Leuten. Eine Bedingung war, damit der Krieg aufhört, ist, dass man alle müssen freilassen. Ja. Die sind alle frei im Fuß. Okay? Das sind nicht irgendwelche Leute in einer Höhle rein. Nein. Das sind sicher, die dich bedienen an der Theke irgendwie im Tesco's oder so. Weißt du, was ich meine? Und die sind überall. Jeder IO kennt irgendeinen, der mal dort war. Das ist wirklich die Realität. Deswegen, der Witz hittet. Ich weiss, das ist fucking funny. So, es gibt so einen Song. Ich bin letztens auf Irland und dann habe ich mit einer Freundin gesagt, wir gehen jetzt in das Terrorismus-Hochgebiet. Und sie so, hey, ich habe gemeint, wir gehen nicht auf, wir gehen auf Irland. So, yes, ist so. Ja, nein, Nordirland ist schon immer noch kritischer Hase. Also man muss schon immer noch ein bisschen aufpassen. Aber ich habe letztens gelernt, was ein Irish Hand Grenade ist. Irish Hand Grenade habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das ist anscheinend, die Carbomb ist ja, wenn du einfach den einzelnen Shot reinrutschst. Hand Grenade ist, du hast dann 2 Shots oben. Einer ist der gleiche wie der andere und Wodka oder irgendetwas. Okay. Auf jeden Fall, du ziehst dann den Pin, der eine ziehst dann mit der einen Shot raus und dann ziehst du den Pin, dann shottest du den und dann ist es Glas. Du weißt, aus Irland hat nicht viel erfunden, aber moderner Terrorismus ist eine von diesen Sachen. Mhm. Also so Carbombs und bis auf die Selbstmordjacken und so ist eigentlich alles in den 60er, 70er, 80er in Irland entstanden. Mhm. Das ist aber schon recht prägnant gewesen, also sicher auf meinen Vater, wo auch mich dadurch beeinflusst hat. Einfach weil er ist aufgewachsen mit Terror-Drills in der Schule und so Scheiße. Und eben Bombenattacken in Dublin als Kind und so. Also ist aufs englische Konsultat und das. Es hat schon, ich glaube, sicher einen Einfluss auf was nachher das geworden ist. Und ich bin auch dick geboren und so. Und ich bin jetzt gar nicht irgendwie ein IRA-Fan oder das. Aber irgendwie, weißt du, so die Maske hat für mich immer so ein bisschen, einerseits bedeutet so ein bisschen, Freiheitskämpfer, das. Andererseits aber auch ein bisschen so, du bist einfach so Dämlichkeit, weißt du, einfach so, du bist einfach ein Goon. Oder weißt du, was ich meine? So, der Goon, nicht sehr intelligent, befolgt aber Befehl, macht ein sein Ding und da so. Da sind wir wieder beim Rammstein-T-Shirt. Ja, genau. Oder? Und der Goon ist einfach, das hat für mich immer goofy ausgesehen und nicht krass. Und wir wollen nicht krass darstellen. Auch wenn es ein bisschen manchmal so ein cool aussieht. Aber eigentlich ist so ein das Element, das man überbringt, ist goofy. Da merkst du auch unsere Musik, oder? Und auch so ein die Zwiespaltigkeit. Das Coole ist an der Maske, ist, dass dort halt so ein bisschen die meisten Facial Features wegnehmen. Aber so ein die Haupt-Facial Features behalten. Deine Augen. Ja, das stimmt. Und dein Mund. Und dann hast du halt einfach trotzdem kommt Emotion noch durch. Ja, deswegen, das stimmt, weil beim Crow hast du das nicht. Genau, beim Crow hast du das nicht. Das ist auch wirklich nur da Dings. Aber bei dieser Maske hast du so ein bisschen. Kannst du mal. Ja, voll. Okay. Und es das stimmt, mach das einmal. Der ist nämlich sehr fröhlich und happy. Dann, gut, jetzt auch gerade, aber vorher. Ja. Aber wenn du wirklich böse wirst schauen, hätte ich Angst so. Aber wenn das so. Genau, eben, aber das ist eben das coole Ding da. Und irgendwie hat es auf so einen coolen Mischmasch gegeben. Und dann hat es aber lustigerweise auf Instagram eine Community, die gibt es auch immer noch, wo die benutzen das Wort Goonen. So bevor es mit Masturbation etwas zu tun hat, hat es damit zu tun gehabt, so an unangebrachten Orten mit Sturmmaske und einer Knarre stehen. Also hat es wirklich so Leute mit professionellen Fotografen sind dann irgendwie ins Subway reingegangen, auch mit ihrer AKD gehockt, eine Ziege am Rauchen und dann haben fotografiert auf Instagram. Das ist dann brutal russisch. Ist jetzt Amerika, aber oder? Und dann die gibt es immer noch. Und dann gibt es wirklich so eine ganze Meme-Community drüber. So mit Night Vision Goggles und so. Sind es nicht auch die Airsoft-Community? Hä? Ist nicht auch mit der Airsoft-Community? Doch, eben auch ein bisschen. Sie gehen ein bisschen zusammen. Und das Goon ist auch so ein bisschen, eben, das ist alles ein bisschen auch anti-government. Oder ich könnte mal ein Xonor Paintball-Turnier starten. Ja, fix. Wir haben im Fall so eine Idee gehabt. Also, wirst du dann sehen. Also, es gibt sicher irgendetwas Lustiges. Aber wir haben eben nicht so gute Erfahrung mit
Ich wüsste, dass wir mal Verstoß gegen das Waffengesetz eine Anklage bekommen haben vom Staatsanwalt. Ich muss schon pissen, aber ich bin sehr interessiert. Was, schon wieder? Ja, voll. Also, ich würde noch weiter schnurren, wenn ich Bock hätte. Ja, wir können schon noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also, irgendwann muss ich dann aber heim. Aber das wäre eine gute Story, die ich eigentlich auch klippen kann. Ja, dass wir da drunter gekommen sind. Aber warte, ich kann schon ein bisschen Ja, also jetzt. Es geht so, sie haben bei Letterkenny weißt du, der Name Ricky wieder ganz neu übernimmt. Bruder, bei Letterkenny haben sie Hicks, die Hockeyspieler und Meth-Head Goffs. So fucking funny, Alter. Ich muss ehrlich mal... Ja, das ist die ganze Prämisse. Es ist einfach so, am Anfang steht so, there are 5,000 people in Letterkenny. These are their problems. Und es ist wirklich einfach, dann kommt so ein Cold Open, wo einfach wirklich... einfach so 3 Minuten lang ein Thema kaputt catcht, wo du einfach denkst, so, normalerweise gehen Cold Opens ja so 20 Sekunden und dann sind sie fertig. Und die einfach so 3 Minuten lang catchen das Thema komplett durch. Bis du so in die Hälfte denkst so, Bruder, jetzt langsam ist gut. Und am Schluss bist du kaputt lachen, weil du einfach irgendwie erwartest, dass es jetzt fertig ist und es kommt nochmal eine und nochmal eine und nochmal eine. Sie sagt, gewisse Serien sind einfach genial dort durch, weil sie halt mit solchen Situationen können trotzdem etwas Geiles ausmachen. Ja, aber ich meine, das wirklich, sie hocken zu dritte vor dem Früchtestand, wo das Zeug von ihren Bauern verkaufen, dann nachher reden sie darüber, so, über das yes von den Chicks in Porns. Because the chicks in porn, they go like, yes. And then there's no, Derry, no. The chicks in porn, they go like, yes. And then for the 5th and final yes, they go, yes. Und dann das Ganze 3 Minuten lang. Bis dann der eine kommt von wegen, but and then so, yeah, the only thing that's worse is when the dudes are putting on their logos like, oh fuck. Und dann kommt so der eine so, I'm sorry, I have a naturally low voice and I like to say, oh fuck during the sex. Und dann ist die andere wieder so, Danny, are you doing it already? Because you should be thinking foreign porns because those were porn-worthy, fucks. Jesus, fucking 3,5 Minuten. Das erinnert mich. Das ist Brain Rot, Alter. Ja, also mit Metal haben wir wenig Vlogs, aber wir haben den Proberoom Invaders Vlog von Xonor und der ist so gut. Die Greenscreen-Szene. So vom Wetter heute ist ganz viel nasse Bitches, Alter. Für dich, mich und die Nachbarn. Bitte sendet Füßbilder an @XonorBand und es ist für die Leute, nicht für mich. Und ich weiß auch nicht, ja. Ich würde sagen, in Thurgau regnet es. Regnet es, Bitches. Ja, ey. Nehmen wir das mal, ich weiß nicht mehr, was sagen. Es regnet nasse Bitches, Alter. Was? Goddammit, Alter. So gut, ich liebe. Ich bin nicht in Komödie, Alter, aber hin und wieder alleine. Ich habe schon einen Scheiß raus. Haben wir das jetzt aufgenommen, Ricky? Fick mich doch ins Leben, Alter. Da geht ein Clip, Alter. Yes, ja. Oh, fuck. Das ist das Thema. Also, ich müsste eigentlich mehr Clips machen. Aber ich habe gesagt, dann muss ich die ganze 3 Stunden. Ich habe gesagt, er darf. Du hast. Er hat gefragt, ich habe gesagt, er darf. Ich habe gesagt, ich muss dich nicht mehr fragen. Opus AI. Es funktioniert nicht so gut mit Schweizerdeutsch. Das ist aber das Thema. Mit Englisch hast du so gute Tools. Ja, und weißt, nur wenn es mir selektieren würde, wo es denkt, das wäre gut und das schneide ich weg, oder? Aber sonst einfach der Content. Am Ende vom Podcast, ja, kein Plan, was wir geschnurrt haben. Weißt du was? Wir könnten natürlich einfach anfangen, Track zu keepen, wenn dass wir etwas gemacht hätten, wo wir einen Clip daraus machen. Das wäre nicht so schwierig, dass wir einfach uns auf einem Post-it-Zettel aufschreiben, 5 Minuten 24. Ja. Oder halt einfach. Das wäre eigentlich eine simple Lösung für das Problem. Ja. Generell vielleicht halt ein paar so spezifische Segmente halt vielleicht zu haben. Gut, das haben wir. Das Problem ist, wir bleiben auch nie am Punkt. Heisst, wir können den Punkt A anfangen, nachher haben wir eine andere Story und nachher eine Stunde später kommen wir zurück zum Punkt. Aber weißt du, da liebe ich eben irgendwie an Metal selber, weil da kommst du so viel Lore mit über. Sorry, Alter, das Ding ist der Sprung von Her Name was Claire zu Adolf Hitler. Der tönt erstmal absurd. Da hast du das Gefühl, nope, das kann nicht sein. Niemals. Ich kann dir jetzt in 3 Sätzen erklären, wie man dort hinkommt. Her Name was Claire. Luke. Stabiler Bart. Schnauz. Hitler. So sind wir dort angekommen. Ja. Genau so ist die Konversation gelaufen. Und wenn du überlegst, eben, wenn die 2 Wörter miteinander verbindest, wirst du das Gefühl haben, du kommst niemals auf einem natürlichen Weg über eine Konversation. Es gibt so ein Game, Hitlering nennt sich's. Kennt ihr das?
geht es darum, man fängt an wir spielen das jetzt. Irgendeiner Wikipedia-Seite. Und das Ziel ist, du musst mit möglichst wenig Klicks, möglichst wenig Zeit auf dem Hitler seine Wikipedia-Seite landen. Indem dass du nur okay, das ist fucking funny, das spiele ich heute Abend. Ja. Das ist du als alter YouTube-Bruder, du kennst sicher noch Cold Mirror. Du bist wahrscheinlich zu jung für das. Cold Mirror. Kennst du die Harry Potter Synchron? Ja. Harry Potter und ein Stein. Ja. Ja, das ist von ihr. Sie hat eben früher das Wikipedia-Battle genannt. Okay. Du bist auf einer Wikipedia-Page und du hast nur über die blauen Links auf der Wikipedia-Page wieder auf die Page zurück müssen. Okay. Das ist etwas Ähnliches. Ah, ja, geschieht. Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt auch so. Aber Hitler spielen heute Abend ganz sicher. Das ist, also, wenn es gut bist, bringst du es meistens bei weniger als 10 Klicks an. Ja, eben wie gesagt, du kommst nicht so. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du auf dem Wikipedia-Eintritt von Schnurrbart bist. Also ganz ehrlich. Bekannte Menschen mit Schnurrbart. Also ganz ehrlich, das wäre ein sehr gutes Spiel für Metal Servola Twitch Stream. Ja, safe. Das Ding ist, ein Versus Battle. Du und ich am Hitler. Zuerst du, nachher ich und nachher schauen wir. Wir könnten gegen unsere Gäste Hitler. Das Ding ist, du musst es ein bisschen einschränken. Du musst zum Beispiel sagen, wir dürfen nicht auf Geografie. Zum Beispiel. Ja, weißt du, was ich meine? Dann ist fertig. Genau, weil sonst musst du einfach auf Deutschland, auf Europa und dann und was zum Beispiel auch kannst einschränken, dass die Spalte, die du rechts hast, mit dem Bild drin und so, dass die nicht darfst bedienen und so. Aber wie entscheidest du auf das Startthema? Random Article machen, ja. Genau. Es ist wie Poker, es ist auch noch ein bisschen Glück drin. Genau, oder du kannst auch zum Beispiel mit etwas komplett Stuben, zum Beispiel Furry. Furry-Subkultur. Oder machst du 1v1 und dein Gegner entscheidet, wer dein Startthema ist. Zum Beispiel, ja, genau. Ich bin gerade schon im Tournament am überlegen. Hitlering. Grand Hitlering Showdown. Er hat sich schon den Metal Servola Boulder Event überlegt und jetzt gibt es Metal Servola Hitlering. Yes. Wir haben so oft Hitler gesagt, das wird ganz sicher geflaggt von Spotify. Goddammit, Alter. Du mit der Maske da und nebenan. I'm just saying. Fangen wir gar nicht erst an. Aber hey, zurück zum ich kann gerade sagen. Zum Podcast. Also lustigerweise, das ist alles so etwa zu der Zeit, wo wir beim letzten Podcast mit euch gemacht haben. Jetzt haben wir nicht viel erwähnen, weil es ist eben eine offene Situation gewesen. Ja. Also wir sind da wirklich, wir haben ein Musikvideo gedreht. In dem Musikvideo haben wir diverse... Ist das auf dem Bundesplatz gewesen? Nein, da haben wir noch Fotoshoot gemacht. Dann haben wir von unserem Bandroom auf dem Platz, auf einem Parkplatz, dort haben wir ein Musikvideo aufgenommen und haben dort Baseballschläger gehabt und ja... For legal reasons sage ich jetzt einfach Sachen ausgesehen wie Waffen. Okay. Fair enough, ich kann sagen, keine davon sind Waffen gewesen. Echte Waffen. Ja. Gut. Dann haben wir dann ist ja das ganze Anti-Blitz-Reaktion ist ja voll explodiert, die Scheiße. Wir haben die Sticker gehabt, die so wie Antifa-Sticker ausgesehen, einfach, dass es Anti-Blitz-Reaktion drin steht. Ja, und das ist ein bisschen ein Problem geworden, weil Leute angefangen haben, die einerseits auf Blitzer kleben und andererseits perfekt beim Polizeiauto, beim O, der Rundsticker perfekt ins O reingepasst. Okay, also sehr viele Polizeiautos haben nachher Anti-Blitzerkleber drauf gehabt. Also es war nachher keine Überraschung gewesen, dass wir nachher ein paar Wochen später dann einen Anruf bekommen haben. Ich, der Lücke und der Jan. Eingeladen worden, Polizeiposten in Quillen, zum eine Aussage machen bezüglich der Anklage Verstoß gegen das Waffengesetz. Ja, haben sie uns auffragen und wir haben natürlich, dann sind wir nicht angegangen. Keine Aussage. Wir haben auch Plätter Fifth. Da hast du nicht mal meinen Namen nicht gesagt, meine Adresse, alles andere haben wir eigentlich können. Dann ist das vor die Staatsanwalt gegangen und im Endeffekt sind wir freigesprochen worden, weil sie haben ja keinen Beweis für gar nichts. Aber es war wirklich ein Witch-Hunt für irgendetwas. Einfach uns eine auswischen, weil irgendwelche Leute auf Polizei... Das ist aber etwas, was ich immer geil finde. Weil, oh Gott, jetzt in dem Fall ist das ist weird, weil sonst habe ich schon oft die Frage bekommen, ja, aber was, wenn jetzt irgendwie, aber wenn die Sticker, das wird ja, wenn das Polizei sieht und ich so, ja, ich habe den Sticker nicht aufgeklebt. Ja, genau. Der Akt vom Sticker aufkleben ist das Illegale. Ja. Nicht jemandem einen Sticker geben, der nachher aufklebt. Genau. Was ich damit... Gut, du könntest jetzt natürlich davon ausgehen, dass wenn du jemandem einen Sticker gibst, dass er einen Sticker irgendwo anklebt. Aber das ist ja jedem seine eigene Responsibility. Nur natürlich bei euch jetzt ein bisschen... Also, einfach... Irgendein Kopf... Sorry, ja.
ihr sollt nicht Metal Saber-Stickers von einem Polizeiauto kleben. Wink. Sag das nicht, Bruder, nein! Okay. Weil jetzt hast du... Gut, du hast es nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie sollen es nicht. Du hast gesagt, sie sollen es nicht machen. Fairer Punkt. Das Ding ist, was wohl passiert ist, irgendein Cop hat den Kleber gesehen, ist das dann gegoogelt, hat das Musikvideo gesehen und hat gedacht, Alter, weißt du, die scheiß Wichsers, Alter, denen wische ich auch nicht aus. Ja, weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, dass ihr sie sind. Das sieht aus wie Waffen da, Alter. So, gehen wir jetzt hier eine Anklage machen. Im Endeffekt, sie nicht wollen sagen, wer die Anzeige gemacht hat. Ja, logisch nicht. Was die Polizei intern war. Der Fridolin. Als Resultat hat er Jahr nachher seine Stelle bei der Polizeischule gar nicht bekommen. Geil. Oh, ja, fuck. er ist nachher auf St. Gallen gegangen, gesagt, ich will meine Eier legen. Die haben kein Problem damit gehabt. Aber ja, die Polizei Thurgau hat uns schon im Visier. Also sie sind uns wirklich, und Verstoß gegen das Waffengesetz, wir reden da von... Das ist etwas Richtiges, ja. Das heisst, da kannst du in den Knast, Alter, weißt du, was ich meine? Also, aber es ist so behindert, unser Waffengesetz in der Schweiz. Eine Wasserpistole kann dich in den Knast schicken. Nein. Mal. Weil wenn sie alles, wie eine was Waffe aussieht wie eine zu realitätsähnlich, und das entscheidet schlussendlich einfach ein Richter oder ein Staatsanwalt, zu realitätsähnlich aussieht, gilt unter Schweizer Gesetz als Waffe, und wenn du öffentlich eine trägst, verstoßest du gegen das Waffengesetz mit 300 Franken bis zu 3 Jahren Knast. Gibt's Airsoft-Teams in der Schweiz von jetzt? Doch, gibt's, aber für alles braucht es Bewilligung. Fällt unter das Waffengesetz. Ein Airsoft-Knarre fällt unter das Waffengesetz. Ja, Airsoft-Knarre, du brauchst den gleichen Prozess, um eine Schrotflinte zu kaufen. Eine echte Schrotflinte ist der gleiche Prozess, wie wenn du eine Airsoft-Kügelpistole kaufen willst. Und eine Wasserpistole, die ähnlich aussieht wie eine echte Waffe. Das ist kein Witz. Es ist so behämmert. In Basel ist erst jetzt eine alte Frau, für den Verstoß gegen das, sie nur einen Bus zahlen, aber trotzdem, Alter, weil sie auf Temu eine Wasserpistole bestellt hat, dann ist das über den Zoll gekommen, hat sie ohne Scheiß. Und das Schlimme ist, das ist nachher nicht einfach ein Ordnungsbus. Nein, das steht in deinem Strafregisterauszug. Ah, fuck. Verstoß gegen das Waffen, erklär da mal einem Arbeitgeber. Weißt du, was ich meine? Als Ding ist schon ich bin privater Waffenbesitzer, Alter. Und ich hätte genau, wenn das jetzt durchgekommen wäre, hätte alles müssen weggehen. Meine Stunde vom Militär hätte müssen abgehen und so. Also es ist ein absolut Alter, kann ich bitte das haben? Ich hätte gerne einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Ich komme meine scheiß Flinte nicht mehr daheim. Ja, du kannst ja im Fall jetzt Dings bringen. Ja, das wäre mir jetzt grosser Aufwand. Ja, das stimmt. Weißt du, so müsste ich es nicht selber machen. Ja. Und so könntest du auch eine Geschichte drüber machen und nachher Copkiller schreiben. Alter. Ja, das stimmt. Also Copkiller ist auch irgendwie aus dem ein bisschen entstanden, damit man einfach so denkt, ich sehe schon mal einen Modus operandi für ein Songthema. Ja, aber es ist ich meine, im Endeffekt ist nichts passiert, aber es zeigt einfach so, Bro, sie haben einfach nichts zu tun, Bro. Nichts. Ich meine, ist gut, es zeigt viel über die Schweiz aus, dass wir zu wenig Kriminalität haben, dass unsere Cops langweilig verspüren. Ich bin jetzt am Überlegen, wer als nächstes Beef mit euch anfängt und nachher als nächstes in Song kommt. Ja, man, ich denke, es könnte noch... Nein. Hey. Also, momentan, also, es gibt so ein bisschen eine Band, soll ich den Beef so starten? Okay, so. Na, Taoist. Haben ihr von Anti-Xoner-Aktion schon gehört? Nein. Ja, weißt du, also 2 von den ehemaligen Ditch Warden-Members sind Xoner-Members. Der eine ist aber mittlerweile schon aus Ditch Warden gegangen und so. Und ja, da gibt es gewisse Bilder auf dem Internet, wie Leute unsere Sturmmasken verbrennen. Ich sage jetzt keinen Namen. Geil. Mit Hashtag AXA. Anti-Xoner-Aktion, Alter. Und jetzt haben sie auch noch Sticker und so gemacht für das und so. Bruder, Alter, das wäre aber mein Traum. Ja, ich sage ja. Wenn ich irgendjemandem so auf den Sack gehe, also wirklich, dass es so fest aufregt, das ist irgendwie lustig. Es ist lustig. Also ich finde es nicht schlimm, das. Aber eben, mal schauen, was dort noch passiert. Weil immer wieder mal, wir kriegen schon manchmal ein bisschen Hate über von in der Szene. Aber nicht allzu viel. Ich glaube, es kommt aus Neid. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber wahrscheinlich 100%. Ja, gut, ja. Aber gleichzeitig so ja, wir sind halt einfach auch auffällig. Gell? Ich meine, irgendwann, du siehst auch, unsere Kommentare sind so 60-70% positiv, 30% einfach pure Hate. Ihr seid dann einfach ein Target. Safe, aber da bist du halt einfach. Ja. Die Frage ist halt nur... Ja, aber zum fair sein, was ist das, was immer interessant ist? Nicht das, was alle damit einverstanden sind. Was ist das, was immer irgendwie zieht? Das, was anders ist. Welche Bands sind die gross geworden sind? Immer die grossen Bösen, die irgendwie so aussehen, als ob es nicht würde mit dem Standard übereingehen. Gerne, wir sind eine Thrash-Metal-Band, die ein Gimmick hat, die auch nicht wirklich pure 80s Thrash-Metal macht. Also wir haben ein bisschen Core-Einfluss, wir haben ein bisschen... Ja gut, das geht gar nicht, Alter. Also ja, da musst du bremsen. Hey. Ey, ich bin so nicht dran, um uns Thrash-Core nennen. Also ich meine,
Würde mir zustimmen, dass so die neueren Songs, die für die Lügenpresse so schon echt Corey sind? Oder? Ich würde dir 100% zustimmen. Ich würde dir auch sagen, dass du das machen solltest, einfach um den absoluten Shitfuck vom Internet zu bekommen. Zum einfach wirklich, zum einfach den ganzen riesen Shitfuck endlich mal rauszutreten. Aber du bist ja auch mit Civil Execution ja ein bisschen im Core am Probieren, oder? Ja, nicht mehr so. Also jetzt eigentlich gar nicht mehr. Okay. Da habe ich auch den Ivan noch ein bisschen so am Anfang unterstützt, um ein bisschen zeigen, wie schreiben wir Songs und dies, das. Es sind auch ein paar Songs entstanden, also, die ich da geschrieben habe. Aber ich habe einfach gemerkt, Bro, die Zeit lange einfach nicht. Und ich habe nicht wollen, dass er abhängig ist auf meine Leistung, damit sein Projekt für sich kommt. Also habe ich dann gesagt, schau, hilf, was geht. Alles andere musst du selber machen, Bro. So. Und das ist nicht aus einer Position von Trotz oder was auch immer, sondern einfach so, Bro, wenn du dein Projekt startest, dann musst du den Lead übernehmen. Also ich kann nicht nur der Leader sein von einer zweiten Band. Das geht nicht. Da muss ich auch sagen, im Fall, also ich habe von ein paar gehört, dass du viele Leute hilfst und quasi wir probieren das Beste, zeigst, wie es geht oder hey, machst du so, gibst Rat und so. Und das ist wichtig. Also ich habe so von ein paar Menschen gehört. Schon, da freue mich zu hören, weil ich will einfach auch ein bisschen was zurückgeben. Aber oftmals ist es also so ein bisschen ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, damit ich nicht zu viel mache. Der Tag hat nur 24 Stunden. Genau. Und außer deinen anscheinend. Gut, bist du so einer, der so seinen Tag, du hast an dem Tag einen Tag, du hast 3 Tage. Mein erster Tag ist 6 Stunden. Dann habe ich gedacht, der zweite Tag ist dann 6 Stunden. Dann nochmal 6 Stunden. Dann nachher schlafe ich. Ich schwör's dir, ich weiss nicht, wo er und der Demi von Safer Last Safer Last Breath sind ganz sicher an die gleiche Magierschule gegangen. Weil die haben auch irgendwie eine Woche Zeit für einen Tag. Safe, ja. Das ist unglaublich. Das ist einfach Prozess optimieren. Ja, das stimmt. Und irgendwann durch einfach am Machen, Alter. Weil ich finde, die grösste Arbeit ist immer einfach, also für mich, also wie es bei dir ist, einfach wirklich mich anzusetzen und das machen. Alter, im Fall beste Move zu machen ist, wenn du produktiv sein an irgendeinem Tag, wo du frei hast. Steh auf, leg deine Hosen an, gang voraus, hol dir ein Gipfeli, gang ins Gym, gang eine Runde Velo fahren und dann gang heim. Ja, also wenn dann bist du nämlich angelegt, du bist draussen gewesen und dann bist du nicht im ich bin ja noch ein bisschen. Willst du einen ganz weirden Lifehack hören? Ja. Wenn du heimkommst nach dem Arbeiten, bald Schuhe an. Bro, weil sobald du Schuhe abziehst, ich habe den ganzen Tag Schuhe an im Geschäft. Sobald du Schuhe abziehst, bist du im Chiller-Modus. Stimmt. Manchmal gehe ich direkt von Hi, hoi Schatz, hoi Baby, Büro. Mit den Schuhen, einfach damit, wenn ich irgendeinen Tick habe. Und danach ziehe ich es schon irgendwann ab zum Nachtessen oder so. Aber ich meine einfach so, ich darf mich ja auch nicht so... Nein, das macht mich mental gar nicht kaputt, keine Schuhe anzuhaben. Ich kann mir Adiletten... das macht mich kaputt, aber es ist dein Körper, es ist ein Signal für deinen Körper. So wie, hey, jetzt ist wieder Chill-Mode. Oder halt Schuhe wechseln, wenn du nicht willst, nicht dreckig machen, einfach irgendwelche sauberen Schuhe anziehen und so. Gut, ich habe Adiletten an die Heim. Ja, voll. Aber wenn ich Schuhe abziehe, dann bin ich automatisch nicht mehr produktiv. Weniger produktiv. Ich bin am meisten produktiv, wenn ich... darum war Pro bei Safer Last Breath scheiße gewesen. Ich habe ja von einer IT geschafft und es hat auch wirklich im Support auf Tage und nichts ist. Nichts, so Ferien, vor allem so Schulferien und so. Bro, dann bist du auf die gehockt und Bro, dann habe ich halt so einen Shit gemacht und dann ich bin dort im Büro, wirklich in einem Büro, also dort durch, Homeoffice ist schon geil und so, aber ich muss wirklich auch mal ins Büro, Alter, weil dort bist schon automatisch ganz anderer Modus drin, sitzt dich an und hast deine Aufträge, oder? Und und da einfach ausnutzen, oder? Nein, das mit der ja, ich sehe es. Gut, also das Thema ist ja, also ich mache auch viel Homeoffice, dementsprechend ich bin immer im Work-Mode und dann ist so Gell, du darfst gar nicht aus dem Mode raus, deswegen Zocken ist so gefährlich. Ja. Weil Zocken kann ja irgendwo durch auch so ein Schaffen sein. Bruder, wir zwei machen mir gerade relativ Sorgen um meine geistige Verbliebenheit. Die ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber also wenn ich in Minecraft so ein Projekt starte, so einen automatischen Melonenfarm oder so. Du kannst nicht mal beim Hängen hängen. Nein, du kannst nicht mal beim Entspannen. Nein. Bist du dann auch so einer, wo, wenn er irgendwo in einem Spa in den Ferien ist, so auf der Massagebank liegt, die andere steht deine Arschbacken am Knetten und du bist einfach so dort so, jawohl, jetzt die Link, schneller, das muss schneller gehen. Die linke ist noch nicht fertig entspannt. Jetzt ist sie fertig mit der rechten, ist sie an der linken dran und du denkst, die rechte ist noch nicht optimal entspannt. Die muss nochmal zurück und dann geht sie nicht zurück und dann bist du intern hässig, weil es nicht... Also für mich ist das einfach normal, Alter. Ich weiss so, wann ich will und so. Also, ich weiss, wo ich kann hängen. Ich habe jetzt nicht von Sex geredet. Weißt du, wo ich kann hängen, wenn ich einen Film schaue?
Dort ist wirklich einfach Brain Stop, Alter. Gestern Abend habe ich einen geschaut. Und der Daubt hat er geheißen. Geht um so einen... Die Heime? Ja. Musst du das Handy weglegen dafür? Nein, nicht einmal. So um 1 am Morgen. Weil es gibt so Leute, die Heime, wo wenn sie einen Film schauen, den Film gar nicht mitbekommen. Nein, ich tue das Handy, also ich tue es weg, einfach weil ich den Film schauen. Ich habe schon angefangen, die Heime, wenn ich irgendwie etwas mache, mein Handy einfach in die Ecke zu rühren. Und dann hocke ich am PC an und dann mache ich WhatsApp Web auf und das ist alles für den Arsch gewesen. Ja, safe. Wobei, nein, WhatsApp Web ist weniger schlimm wie Instagram. Ja, ich habe Notifications abgestellt. Instagram ist ganz schlimm bei mir. Also, nein, ich habe Instagram gar nicht gesehen. Ich komme gar keine Notiz über. Mein Handy ist stumm. Mein Handy ist etwa so stumm. Ich habe auch Notifications aufgeschaltet. Ich bin in letzter Zeit auch damit am Kämpfen, dass die Leute mich nicht mehr erreichen können. Einfach zu viel Nachrichten. Du hast auch nicht so tief zurückgeschrieben, muss ich sagen. Nein, ist aber mega leid. Nein, das ist gut. Aber das Ding ist... Das ist gut. Es gibt keinen Grund, dass wir 24/7 erreichbar sind. Ich sage auch, wenn etwas Wichtiges ist, wenn du etwas besprechen willst, Leute, mach schnell an. Weil Anrufe nehme ich immer noch ab. Es gibt keinen Grund, dass du 24/7 erreichbar sein musst. Nein, das stimmt. Aber das Ding ist, ich bin so viele Projekte immer gleichzeitig dran. Also der Reizwürfel ist komplett da. Also so, wenn ich eine Nachricht bekomme und es ist nicht gerade direkt zum Punkt, dann antworte ich nicht. Sorry für den. Nein, weil es einfach nur so, hey, wie läuft's? Ich antworte da nicht, es tut mir leid. Also, es hat absolut nichts mit dir zu tun. Aber gut, ich habe 3 Leute abgehängt. Meine Frau, meine Mom und meine Band. Das sind die 3 Leute, die ich abgehängt habe. Die Band, die aus einer Person besteht. Ja gut, nein, aber der Gruppenchat, ja. Genau, der Gruppenchat. Und dann mit Dad schreibt man rein und so, meine Brüder rufen mir an von dem her. Also das sind die wichtigsten oben dran, die komme ich mit über die Antwort an. Aber der Rest, den muss ich wirklich wie so wenn du schreibst, hey, kommst du am Samstag an Gig, dann antworte ich schon. Aber ich kann nicht, dass jede Doppelnachricht, die ich in dem Sinne öffnen muss, habe ich keine Zeit dafür. Aber es ist vielleicht ein bisschen so eine Eigenschaft von mir. Aber das ist schon gut. Lütst mir an, wenn etwas ist. Deswegen, vor allem, wenn ich irgendwie eine Woche nicht zurückgeschrieben habe, dann musst du anrufen, weil dann bist du so weit runtergerutscht, dass dich gar nicht mehr... Also das respektiere ich an Moritz von Safer Espresso, der tut einfach kein Instagram. Also und wenn du ihm einfach schreibst, kommt damals 2 Wochen nicht zurück und dann so, ja, ist gut, machen wir. Es geht noch bis ein Dings zurück, Alter, bis um 24. Ja, dann gebe ich wieder Morgen lädt alle Donner. Das ändert sich in 5 Jahren, schreibt niemand mehr. Ja, ich glaube das schon. Nein, schau, ich... 5 Jahre fragst du dich, wieso der Gruppenchat plötzlich so ruhig ist. Oh Mann, ja. Und dann kommt der Ricky und dann ist vielleicht einfach mal eine Telefonnummer wechseln. Da muss ich sowieso mal. Ich muss eine Band-Telefonnummer machen, weil momentan kommt alles rein. Also, es ist auch nicht schlimm so im Sinne von, sondern ich muss einfach ein bisschen mehr kategorisieren. Ja. Jetzt verstehe ich endlich, wie sich so Venue-Leute fühlen. Wo Leute immer anrufen. Nein. Venue-Leute wo einfach so 20.000 Mails am Tag gefühlt überkommen. Also weißt du, was ich meine? Du bist komplett überfordert, du weißt Dings nicht mehr. Deswegen, wenn eine Mail reinkommt, Tipp alle Bands, wenn du Venue kontaktierst oder buchen das, gerade Titel, was du willst. Ja. Erste Line, wer du bist, was du willst. So ein Punkt. Elevator Pitch. Genau, also du musst wirklich einfach so kurz und knapp... Tag später gerade anrufen. Ja, einen Tag später gerade anrufen. Du musst, und dann, wenn es eine Woche lang zurückschreibt, nochmal. So, du musst die ganze Zeit kämpfen, wie du oben gerutscht bist. Wie war die Rule, die der Umi erzählt hat, zum Support von grossen Bands anfragen? 3 Monate vor dem Gig oder so etwas? Hätte ich keine Ahnung, Mann. Ich muss nochmal die 3 Stunden Podcast hören, Mann. Ich kann jetzt alles vergessen. Doch einfach Wir haben noch nie Support-Acts von einer grossen Band bekommen. Also doch, Jungle Rods ist mal so das eine gewesen. Aber haben die nicht mit mal so ältere Trash-Bands zusammengespielt? Vielleicht nicht als Direct Support. Aber also wir haben Mesos Winterfestival haben wir mal gespielt. Das war cool gewesen. Also ich bin bis heute dankbar, dass wir die Gelegenheit bekommen. Aber sonst nicht. Sonst, ich glaube, das ist der Grund. Aber also Massacre, Murder the Government. Aber du hast mir ehrlich gesagt, ich weiss, dass es auch ohne geht, weil wenn ich sehe, wie viele Bands die Gelegenheiten bekommen, aber trotzdem nichts daraus machen. Weißt du, ich merci für den Drive-By. Nein, das ist gar nicht damit gemeint. Nein, wir haben ja keine grossen Bands gehabt. Aber es gibt auch so viele Bands, die keine Social Media haben und es trotzdem schaffen. Weißt du, was ich meine? Nein, du hast auch, amix ist auch einfach, es ist auch zu gewissen, eben das mit Bands spielen, die grösser sind, das ist auch absolut nicht in deiner eigenen Hand. Ich glaube, was ihr könnt machen, ist Cut off the Middleman.
scheiß auf Booker, scheiß auf Dings. Fangen einfach mehr Kontakt mit Bands selber knüpfen. Vielleicht taggen, vielleicht schauen, hey, Xoner, Top 5 Recommendations, wissen sie sicher froh, auch weil ihr so ein Following habt, gerade mit dem ein bisschen sharen und quasi in eurem Circle reinbringen. Und nachher, wenn die... das stimmt. Weil ihr habt schon recht eine Präsenz, wo auch andere boosten und nachher, wenn sie das nächste Mal schauen für eine Europa-Tour-Support oder so, hey, die Jungs von Xonify, die haben es geshared, die haben es getaggt, wir haben angefangen zu schnurren, die sind cool. Xoner Features nachher auch, fangen an, wie Hardcore-Bands, die machen Features ganz fucking Zeit. Ist schön, wie Rapper, Genau. Und ihr habt auch... bring mal einen Thrash-Metal-Sänger dazu, um einfach mal... Scheiß auf Thrash Metal, andere Metals, Death Metal, Core, Hard. Das stimmt, aber wieso hängen die eigentlich so dem Thrash Metal Titel? Alter, Killtrip, ich mache... Das tun wir gar nicht mehr so. Ja. Also es ist mal, du musst ein Killtrip, by the way, geile Band, du musst dich irgendwie kategorisieren, aber es kommt immer mehr weg davon. Aber eben, ich sehe jetzt gerade, ich habe das vorher ein bisschen mehr ernst gemeint, wie es übergekommen ist mit dem Thrashcore. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich, könnte noch, weil vielleicht, was ich auch das Gefühl habe, dass es nicht mal die Maske ist unbedingt, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf Thrash. Ich sage es schon, also ich würde zu 50% zustimmen. Ich glaube, sie haben keinen Bock mehr auf den Thrash, der bis jetzt gegeben worden ist. Das Problem ist mit dem Wort Thrash, denke ich... Ich denke nichts Neues. Es ist alles, was Thrash ist, ist 1990 spätestens. Nein. Seit der letzte Revolution war Havoc. Ja, safe. Und nachher ist immer so Municipal Waste, Havoc. Die Welle von 2000 bis 2010 ist die letzte Welle und seitdem nicht wirklich Neues, oder? Nein. Und zum Beispiel Guilt Trip spielt Thrash Riffs mit einfach harte Drums. Habe ich eben auch das Gefühl. Und Power Trip. Und auch Vocals sind nicht so, ja. Power Trip. Ich meine, jetzt, wo ich wirklich in dem HC-Dings reingekommen bin, ich höre so Bands wie Drain, wo Thrash Riffs spielt. Power Trip ist eine Thrash-Band, die aber nicht von der Thrash-Community akzeptiert worden ist, sondern von der HC-Community aus irgendeinem Grund. Und die ist so gepusht worden von der HC-Community, dass sie jetzt genug gross sind zum Pantera-Support. Sie sind mega ähnlich, sind wir ehrlich. Ja, also, es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Das heißt, es unterscheidet sich dann halt nur so ein bisschen an Drums und ein bisschen an... Also, HC macht ein bisschen komische Sachen, also für mich komische Sachen wie so als... Straight Edge sein. Politisch aktiv. 2-Minuten-Songs, wo irgendwie... mehr so Riff-Salat ähnlich sind, als wirklich so. Ja. Für mich ist ein Song, ich bin ganz konventionelle Songstrukturen, habe ich auch gern. Das ist aber das, was wir immer sagen, das fehlt den meisten Bands. Das haben wir das fehlt den meisten Bands. Sie schreiben meistens geile Riffs, aber nicht einen ganzen Song. Ja, Look, ich muss ehrlich sein, ich habe zuerst Mühe mit HC gehabt. Ja. Weil ich habe einen coolen Song gefunden und nachher 10 Bands, die einfach grottenschlecht sind. Aber das findest du bei allem. Nein, aber bei HC ist irgendwie noch schlimmer. Bei Thrash Metal muss ich sagen, das meiste ist anständig gut. Ja, weil alles gleich tönt. Genau! Wenn du eine Band hast, die gut tönt, kopieren die alle und dann tönt es natürlich gut, weil es ist das Gleiche. Und das Thema ist, ich glaube, für mich einfach als jemand, der Production gerne hat und Songwriting gerne hat, ich habe mich durch viele Bands müssen durchschwimmen, wo andere finden so, ja, die sind der Shit, weißt du, Editorial Playlist und so. Und ich so, Bro, ich kann das nicht hören. Und ich schicke dir mal die eigene Playlist, die ich gemacht habe, um mich selber in HC reinzubringen. Okay. Weil ja, aber hure viel HC ist eben auch wirklich so, dass was halt mit HC auch ein Problem ist. Hardcore hat auch hure Kultur. Genau. Die Hardcore-Kultur von, du stehst auf einer Bühne, wo höchstens ein SBB-Palett ist. Du hast auf der Bühne hast du alle anderen Bands, die an diesem Tag auch spielen, die dir zuschauen und alle Bands tönen gleich und alle Bands haben als Live-Show Open up this bed! Fucking kill someone! I wanna see some two-step! Und das ist die ganze Show. Ja. Und das ist eben... Es scheint gut anzukommen. Also ja, aber es kommt eben bei einer Nische gut an. Die Nische liebt es und die Nische pusht dich und die Nische macht, dass du es machen kannst, aber stick to your guns. Sorry, die müssten viel grösser sein. Die müssen viel grösser sein, aber die kommen nicht aus dieser HC-Nische raus. Ja, Crossover ist schwieriger. Die kommen nicht aus der Open-Air-Grenichen-Szene raus. Mit Stick to Your Guns habe ich eigentlich, wenn ich so an sie denke, ich habe nicht wirklich klassischen HC im Sinn, also rein musikalisch. Aber sie kommen, musikalisch sehe ich sie eben auch nicht da drin, aber sie kommen irgendwie nicht aus dem Ganzen raus. Ich weiss schon, das könnte vielleicht auch das Problem von uns sein, dass wir halt eben mit uns Thrash Metal nennen und dann
ich muss sagen, viele Leute, die an unsere Shows kommen, sind halt sehr so eben Battle Jacket, lange Haare und so. Dabei ist das nicht einmal unbedingt... Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde es mega cool, vor allem wenn ich so jung sehe, dass das anlegen. Aber ich glaube, es ist nicht... Musikalisch sind wir einfach nicht nur das. Ich meine, jetzt mit dem Copkiller, mit dem hohen Breakdown, den wir dort haben, das ist schon... I don't know, halber Parkway Drive oder so, oder weißt du auch nicht. Und ich habe nie vor, meine Songs so zu schreiben, sondern ich habe einfach angefangen zu schreiben und dann irgendwie hat das einfach Sinn gemacht. Aber eben, ich glaube, bis jetzt, also das ist etwas, dass du das ansprichst, macht eben schon, fährt eben schon ein bisschen rein, weil es ist schon etwas, was ich in letzter Zeit eben immer überlegen bin. Ja. Gooncore. Das Ding ist eben... Gooncore, ja genau. Das Ding ist eben, am Stick to Your Guns Konzert. Ja, safe, ich meine, du kannst voll so ein Ding machen. Also generell das Wort Goon ist jetzt auch schon... Das ist brutal. Ja. Gell? Sehr gut. Aber eben das habe ich am Stick to Your Guns Konzert eben gesehen. Die erste Vorband ist... Wie haben sie geheißen? Oh, der Nico bringt mich um. Elwood Stray. Okay. Die machen ein bisschen moderne... Ja, Metalcore HC-Mix. Mit so wirklich auch catchy Chorussen. Catchy Hooks. Was verdammt geil ist. Ja, da liebe ich. Im Kofmel. Niemand hat sich bewegt. Keiner hat das irgendwie geil gefunden. Alle so ein bisschen... es sind 4 Bands gewesen. Ist Kofmel so ein HC-Venue? Ja, nein, aber das Publikum im Kofmel ist, habe ich das Gefühl, ist immer 10 Jahre älter wie in Zürich. Ja, und immer eher so Oldschool Hardcore. Und die erste Band, die gespielt hat, war wirklich so eine 3-Brätschi HC-Band gewesen. So eine Straight-Edge-Hardcore-Band. Also genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Alle auf der Bühne, gar nichts, irgendwie eine Performance. Ich weiss nicht, wie es heisst. Es ist mir wirklich auch egal. Es ist nichts, wo da bleibt. Weißt du, wirklich nichts. Okay. Das ist mein Problem. Es ist monoton, es bleibt nichts. Jede andere Band hat genau gleich. Und dort sind aber so die huren HC-Kids, weißt du, mit dem Käppli und der Bauchtäschchen so quer über die Brust sind jetzt am Two-Steppen und Moschen wie Sau. Ja, fake. Und nachher ist Elwood Stray gekommen, der wirklich geile Songs schreibt, wo catchy Chorus und alles wirklich, aber auch harte Parts drin hat. Keiner hat sich bewegt. Body Snatcher. Nein, Body Snatcher ist nachher gekommen. Ja, No Cure. Nachher ist Body Snatcher gekommen, wo einfach auch wieder so die ganze Zeit da oben einfach alles ist hässig, dass nichts mehr hässig ist. Ja. Also, du kannst dann nichts merken davon. Safe, und die Leute sind wieder am Schlägeln gewesen. Ja, und dann habe ich einfach gedacht so, ja, aber das sind genau die genau die Musik richtig geil finden. Ich finde, das sind genau die HC-Leute, die das ein bisschen zu fest leben, meiner Meinung nach. Ist ja gut, ich finde es geil. Ich liebe Hardcore-Musik, ich liebe Punk-Musik. Aber die sind dann auch ein bisschen wirklich so ein bisschen eingegangen in diesem Denken. Aber gut, das gibt es beim Thrash Metal, das gibt es beim Metal, das gibt es überall. Und dann ist Stick to Your Guns gekommen, wo eigentlich dann ein Combo war aus diesen Bands voran. Und dort haben dann alle mitgemacht. Und eben darum habe ich wahrscheinlich das Gefühl, wie sie halt rein vom Auftreten und vom, wie sie sich geben, halt wirklich noch Vollgas eine Hardcore-Band sind. Da kommen jetzt wahrscheinlich wie nicht aus dieser Hardcore-Szene raus. Ja. Aber das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Weil die hure Hardcore-Szene supportet sie brutal. Und ich habe heute einen Podcast von ihnen gehört mit dem wo wir schon darüber geredet haben, wo sie gesagt haben, irgendwie hat der eine aus Joke einfach gesagt, wenn du jetzt die Venues anschaust, wo wir vor 20 Jahren mit euch und Suicide Silence gespielt haben, das sind die Venues, die wir jetzt auch noch würden wir eine Tour buchen. Okay, so, die sind effektiv so Stream, Verkauf, alles das zahlenmäßig gewachsen, aber das Publikum, das live dort steht, sind wahrscheinlich zu grossen Teilen immer noch genau die gleichen Leute wie vor 20 Jahren. Es ist so, wenn du ein Grindcore-Producer bist und dann bekommst du einfach nur Grindcore-Bands zu mischen. So wie, Bro, ich wollte auch mal Pop machen, aber du hast dich einfach in den Rabbit Hole reingeknischt. Ja, oder? Safe, ja. Das ist eine Möglichkeit. Oftmals sind es die besten Produzenten, die so ein bisschen alles machen, habe ich das Gefühl. Weil die hören dann irgendwie halt ein gewisses Etwas in einem Song rein, wo vom hervorgehoben wird. Sorry, was ist das, was einen Song geil macht? Dass er dir bleibt. Ja. Und das ist halt nicht... Aber das ist Songwriting. Das ist 100%. Eben, und das ist aber nicht das nasty Umgehen. Sondern das ist... Bis Stick to Your Guns jetzt ganz extrem... Wow. Die ist auch lang. Sorry, der Song Nobody ist absolut genial. Weil den kannst einfach, den hörst du den Chorus einmal und kannst ihn mitsingen. Ja. Aber zum Beispiel, also, was ich quasi, von ich so naiv sind und halt dachte, HC ist cool und so und ich habe irgendwie angefangen, den Connection mit HC zu machen. Aber was ich eigentlich als HC bezeichnet habe, ist Metallic Hardcore. Oder Guilt Trip zum Beispiel. Ist einfach HC-Band, einfach Metal und so Thrash-Riffs und so. Ja, das stimmt, weil Hardcore ist eigentlich gar nicht so hart. Nein, eben, also, und nachher hast du dann noch Hardcore-Punk. Ja, weil Metallic Hardcore ist... Also der Oldschool Jesus Peace und so. Ja, aber das ist eben
Das ist Harm's und Jesus Piece. Das ist eben schon richtig Metallic Hardcore. Und auch langsam Metallica, ja. Schon. Also Hardcore ist eigentlich sau alt. Ja, und eigentlich Punk. Ja, genau. Das ist aber der, den ich hure fühle. Propane, kennt ihr das? Ja, geil. Fucking 10 out of 10, ich liebe die Band. Also, geil. Das neuere Zeug, ich weniger bis, also gerade so der Fall Taste of Freedom Album ist es von Anfang bis Schluss. Ja, das ist so sehr Pedal und so Zeug. Ja, genau. Es hat auf jeden Fall auch so einen der Groove ist da und die Vocals sind stumm, sehr thrashig, sehr punkig und so. Aber das habe ich jetzt mit Hardcore assoziiert und ich habe gedacht, so die Weiterentwicklung ist halt einfach so eben Harm's Way und so die, wie heißt der? Das ist es ja auch. Das ist der moderne Hardcore. Hate 56. Hate 56, also die hochladen. Ich schaue so viel von denen. Ja, safe. Ja. Aber zum Beispiel die Shit bekommen haben dafür, dass sie Metal Riffs reingebracht haben im HC, ist Agnostic Front gewesen, oder? In New York, oder? Die sind Hardcore-Legenden, aber ich habe vor kurzem wieder mal einen Dokumentarfilm geschaut von denen, ich so, ja, die sind Shit bekommen von der HC, aber weil sie Metal Riffs reingebracht haben und so. Okay, das ist so Sick of It All auch und so Zeug. So, ja, es ist auch so. Hardcore hat sich so viel weiterentwickelt. Es gibt nichts Engstirnigeres wie ein Hardcore-Fan. Ja, es gibt nichts Engstirnigeres als ein Hardcore-Fan. Ja. Ich weiß auch nicht, aber Thrash-Metal-Fans. So Oldschool-Thrash, das sind auch so, Bro. Also, ich kenne den Hellripper. Der Name sagt mir etwas. So, ich mache das so ein Black and Roll, Punk and Roll, Thrash Metal, Speed Metal, so ein Mischmasch. Das ist ein Solo-Projekt von einem Shot. Hey, und wird produziert vom Joel Grind von Toxic Holocaust. Okay. Absolut. Und der kriegt Shit über, weil Leute sagen, ja, die Produktion ist zu gut. Weißt du, was ich meine? Und für mich, wenn ich das anlasse, ist es genauso der dreckig. Es ist wirklich für mich nicht modern polished, überhaupt nicht. Aber für gewisse Leute ist das sogar zu polished. Und dann denke ich mir so, Bro, dich kann man einfach nicht zufriedenstellen. Ja. Dich kann man nur Bootleg-Demos geben und dann nutzt du sogar noch über das. Ja, aber das sind alles Doppel. Aber von denen gibt es so viel. Das ist so jeder Genre hat das. Ja, das stimmt. Ja. Das ist der Hardcore-Dude mit dem Käppli, der so von unten nach oben gebogen ist. Und der Cargo-Pants. Darum, ich probiere, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber bei unserem Content, wo wir posten, tun wir nicht wirklich sehr viel Thrash-Metal erwähnen. Also ja, das stimmt. Schon. Das ist so. So, wir nennen den Riff da, wir nennen es Artistic Riff und so, aber wir nennen es nicht wirklich so. Artistic Core. Artism Core, ja. Ey, es gibt so viele Ideen. Also, ja, aber dann müssen wir das Tism Core nennen, bitte schön. Tism Core, ja. Oh, let's go. Also, weißt du, bin ich zu skeptisch, um etwas Neues schreiben, weil. Im Endeffekt ist es sehr scheißegal, was du schreibst. Es kommt immer das. Du kannst immer als Vorschlag bei Content einfach mal so Alternativversionen, 3 verschiedene. Eine ist Cooncore, eine ist Tismcore. Schau, wer am besten performt. Mache ich aber auch sehr oft im Fall. Also der Ricky hat Schinner als Anime-Core getauft. Jetzt haben sie das Problem, dass alle das Gefühl haben, sie sagen eine Anime-Core-Band. Aber weißt du, so etwas kann hure lustig sein. Weißt du, das kann so. Wir haben schon 2-3 Mal so etwas gemacht, dass wir etwas über eine Band gesagt haben und die Band nachher so, die haben jetzt alle das Gefühl, es sei da. Und die Bruder ist so wie Bruder, unser nächster Song geht zum indischen Mythologie. Wir sind nicht Anime-Core. Das sind Punjabi bei Whiteouts, ich habe das immer so hure geil gefunden, das Fotoshoot und dann machen wir alle so die Hawaii-Hemder und so anhaben im Fall. Ja. Das hat für mich hure gut gepasst. Das ist bevor Proud Boys das noch. Ja, aber einfach so einfach so, dass das hätte man können nehmen und so als, weiß ich auch nicht, Holiday Core. Nein, weiß ich auch nicht. Also irgendetwas. Gut, man hat keinen Effekt inzwischen mit ihren Händern. Safe. Ja. Du kannst eigentlich alles nehmen und es für dich selber bezeichnen. Ich glaube, für Booker ist es mega wichtig, dass du eine Kategorie hast. Ja. Also ich glaube, ich würde jetzt mit einem Booker schreiben, ja, wir sind eine Thrash-Core-Band und ich würde schreiben, wir sind eine Thrash-Metal-Band. Ganz ehrlich, ja. Ihr könnt es Crossover nennen. Crossover? Nein, Crossover kannst du nicht nennen. Crossover ist Rage Against the Machine. Ja, Crossover ist HC und Thrash. Crossover ist die H-Blocks. Schon. Und Crossover ist eigentlich... Viel wissen da gar nicht. Crossover ist eigentlich HC und Thrash, aber du kannst auch mischen Thrash und etwas anderes. Also. Ja. Also Crossover ist eigentlich alles, aber wenn du so von einer klassischen Crossover-Band redest du eigentlich von so Bands wie H-Blocks und Rage Against the Machine und so. Also für mich Crossover... Nein, für mich ist Suicidal Tendencies. Ja, für euch, aber ihr sind auch gottverdammte Hure... Ihr sind auch Fresh-Metal-Kiddies. Ja, okay. Ihr sind absolut in diesem Rabbit Hole. Oder Guilt Trip. Nein, Power Trip. Power Trip finde ich aber gar nicht so Crossover irgendwie. Ist Power Trip? Sie nennen sich... Mir ist schon immer bekannt gewesen, dass sie halt so recht so... HC-Kids gefallen haben und aber auch Thrash-Metal-Kids. Weißt du was, ich meine etwas anderes, weil welche Band hat den Song Power Trip? Chimera ist Crossover für mich, oder?
Für mich ist Chimera so ein bisschen Death Thrash. Crossover, es ist so Mischung mit Thrash und etwas anderes. Voll, aber wie du es eben bezeichnen, oder? Und ich habe das Gefühl, gerade so ein Booker schaut eben drauf. Also so schaut auf 2 Sachen. Bist du ein ähnliches Genre, gerade wenn es um Support-Acts geht, bist du ein ähnliches Genre, plus bist du ein bisschen aus dem Umgebung Leute, oder? Und jetzt, die meisten Bands, die jetzt halt kommen, so vom Ausland, in unserer Nische sind dann halt schnell mal Thrash Metal oder sind dann halt irgendwie schon Metalcore und nennen sich dann auch eben irgendwie so. Und Leute wissen natürlich schon, okay, sie haben noch den Einfluss und den Einfluss, aber der Booker hat doch keinen blassen Schimmer. Jetzt ist einfach beides auf. Habt ihr mal... Ja, eben, das ist eben gerade... Thrash Metal / Metalcore. Ja, safe. Macht sonst mal einen Post, Story, irgendetwas und fragt die Leute, was hört ihr sonst für andere Bands. Und macht mal eine kleine Konkurrenzanalyse. Auch zum schauen, wo sie euch platzieren würden oder so etwas. Und anhand von dem könnt ihr nachher schauen und sagen, hey, es geht auch nachher darum... Red Hot Chili Peppers ist bei der Crossover-Band. Oh yes, sehe ich schon nicht mehr. Rough Fiction ist eine Crossover-Band. Weil dann könnt ihr auch schauen, weil vielleicht sind die jetzt nicht unbedingt mega fokussiert, aber wenn ihr schaut für Placements in Lineups, oder? Vielleicht schaut ihr ein bisschen zu fest auf Thrash und ihr könnt vielleicht auch noch auf Core of Death oder Deathcore Lineups auch noch reinschauen und sagen, hey, es wird vielleicht noch passen. Vielleicht braucht es aber auch ein bisschen mehr neue Musik von uns, weil wenn es so ein bisschen alles... Das Album... Ich kann dir jetzt schon sagen, sehr viel, was jetzt auf dem Album ist Thrash Metal gewesen. Und da kannst du nicht auch anders bezeichnen. Aber das neuere Zeug, jetzt wenn Messiah, Cupkiller und es ist zwar auf dem Album Cupkiller, aber auch... Aber du musst von der Zukunft und von der Gegenwart ausgehen, nicht von der Vergangenheit. Ja, voll, aber wenn ich jetzt live auftrete, dann spielen wir immer noch zum grössten Teil das Zeug von dort. Weißt du nicht mehr? Aber weißt du, was auch ist? Weißt du, was auch ist? Der Noel Gallagher hat das doch mal gesagt. Die Leute wissen nicht, was sie wollen. Die sind dumm, du musst einfach ins Gesicht stopfen. Was ich jetzt vorher gerade noch kurz reinschiessen wollte, ich habe jetzt da ja die auf Wikipedia mal Crossover-Liste aufgemacht und mir ist da gerade etwas sehr Krasses aufgefallen, weil ich bin einfach so am Durchdingseln gesehen, Rage Against the Machine ist eine Crossover-Band, Roskaya, Rough Fiction, bla bla bla, SDP, irgendetwas. Und weißt du, wer da auch aufgeführt ist? Secret ist da aufgeführt. Und wenn ich da draufklicke, ist das effektiv ein Beitrag von der New Metal Band aus der Schweiz. Damn. Aus Sursee. Ich habe Secret auch nie in der Liste noch gesehen vor kurzem. Wenn du in... es hat eine Webseite, die quasi den Backend von... Es hat eine Webseite, etwas von Spotify-Daten quasi nimmt. Ich weiß und du kannst nach Subgenres suchen. Ja. Und ich glaube, wenn du Hardcore suchst, dann kommt auch Secret da drin. Und einfach random, einfach Hardcore. Es sollte dich auch analysieren, was andere Leute, die dich hören. Genau. Und bei uns hat es New Wave of Thrash Metal hat's uns als so ein New Wave. Aber im Fall seit Spotify die Fans also like Algorithm geändert haben von mir, als sie das erste Song rausgehauen haben, haben sie es gerade geändert im Oktober. Es macht einfach null Sinn für mich jetzt aktuell. Ich wollte jetzt wirklich zeigen, was Leute tatsächlich gehört haben. Ja. Jetzt, weißt du, vorher so Janus Christus gesehen. Und jetzt einfach so einfach random Shit. Und ich so, wie kann ich mein Targeting dann anpassen, wenn ich nicht weiss, was ich tatsächlich gehört habe? Ich finde es schade. Ich glaube, vor allem so kommst du auch nicht mehr drauf. Also weißt du, jetzt, ich schaue so Züge an und denke mir so, ich habe keinerlei irgendwie Motivation, um auf einen von diesen Links zu klicken dort. Ja, safe. Weil vorher habe ich gewusst, wenn ich bei einer Schweizer Band draufgegangen bin, so, okay, das sind wahrscheinlich noch 2-3 Bands, auch aus der Schweiz, oder wo wenigstens so die gleiche Musikrichtung machen. Und jetzt ist es einfach wirklich so weird shit. Ja. Weißt du, mir gerade einfällt? Etwas, wo sicher mit TikTok und das recht schnell geändert, also recht krass geändert hat, ist, ich glaube, die Leute hören mehr divers. Ja. Die Jungen, ich glaube, die hören nicht, die sind nicht mehr so Genre verklemmt. Nein, gar nicht. Ich glaube, gar nicht. Weil ich habe es gemerkt, wenn ich so auf TikTok gehe und mir werden da auch mal Bands vorgeschlagen und so, ich ertappe mich sehr oft dabei, ein Songgenre hören, wo ich sonst, also weißt du, was ich meine, wo ich jetzt mich nie selber würde, und ich merke es auch in unserer Fanbase, ich tausche mich auch hin und wieder mit ihnen aus. Bei manchen Dings haben sie Lorna Shore und danach haben sie Xoner. Ja. Und weißt du, so, für mich so als ehemaliger Thrasher
ist das so unvorstellbar gewesen, dass du beides gehört hast? Also für mich ist es einfach irgendwie so, jetzt ist es logisch, aber... Jetzt, ja. Gut, ich habe als Teenie schon immer alles gelassen. Ich habe jetzt schon Metalcore und Punk und alles und wüste Scheissrecht und Hip-Hop gelassen. Ich bin ein Thrasher-Elitist gewesen. Du bist auch aus Peru, Bruder. Ja. Da gibt es nichts anderes. Du wirst geboren und dann wieder einen Stempel auf den Arsch gemacht und du bist Thrash Metal. Ich habe so auf Core-Leute runtergeschaut und so wie, du bist nicht true. Peinlich, Alter. Ich habe das nie gemacht, Alter, weil die Band, die mich zum Metal gebracht hat, war Rammstein. Gott, das ist auch peinlich. Ja, jetzt kannst du mir nichts sagen, aber nein, nein, es ist nicht peinlich. Absolute Elite von Songwriting kannst du mir nichts sagen. Es ist nicht peinlich, ich einfach persönlich, Rammstein-Fans turnen mich einfach von dieser Band ab. Und Rammstein selber. Das Problem hat viele Bands. Viele Bands haben das Problem, wo okay, wie nennt man Five Finger Death Punch, Alter? Ich finde ihre Musik so geil. Fruit Punch. Nein, aber viele Leute sagen Divorce Dad Metal. Das ist aber auch. Hä? Megacore, ja, aber weißt du, was ich meine? So, ja, überhaupt kein Problem damit. By the way, der Gitarrist von ihnen. Absolut insane. Ja, lauf mit dem hin und her geschrieben, Alter. James? Nein, mit dem anderen, mit dem... der Jiu-Jitsu-Typ. Ja, fuck. Der den Secret Service ausbildet. Ist der nicht Ukraine oder so? Ja, irgendwie so etwas. Ja? Hat das, ich habe so... Es tönt aber irgendwie schwedisch oder so. Imovic oder Itch, glaube ich. Das tönt schwedisch. Imovic. Zlatan, irgendetwas. Und ja, mit dem hin und her geschrieben. Ich könnte zu 90% sagen, es endet mit Itch. Ja. Hey, warte schnell. Wann kommt eigentlich Cypress Hill Feature? Wieso weißt du das? Du hast es geshared. Ah ja, stimmt, ja. Das ist mein Vater. Bruder, er hat gesagt, Bro, ich finde neue Musik voll geil. Und ich so, no fucking way. Alter, wann kommt Cypress Hill Feature? Das ist der Fußballspiel. Nice. Oder Zlatan, oder? Also, nein, er heißt Sultan. Mein Gott. Sultan. Hauptsächlich ich, der die Band absolut verachte, weißt du, wie der Gitarrist heisst. Aber eben so, jede Band hat so ein bisschen ein bisschen Problem, was für Leute im Endeffekt sie hören. Also, oder beziehungsweise sie repräsentieren. Was der Name ist? Und aber sehr viel Sultan Bathory. Bathory, okay. Sultan, eben, gell? Okay. Sultan, ja. Ich kann ihn vom Namen nicht kennen, aber ich habe gedacht, das muss ich mal schreiben und so. Und nicht einfach geschrieben, so, hey, also wirklich volle herzige Nachrichten geschrieben. Nicht einfach immer so. Geil. Nein, ist voll cool. Also, das ist der Vorteil, wenn du eben die Reichweite hast. Aber deswegen unbedingt anfangen zu connecten. Gump über Local Scene. So wie, hey, wenn akzeptiert wird, cool. Wenn nicht, seid einfach an den Eier, wo nachher ist scheißegal, was sie denken. Oder? Ja, safe. Aber fang die Reichweite nutzen. Donato, dir selber gefallen. Schreib nachher einfach dem Cypress Hill Dude. Habe ich schon. Hast du schon? Ich habe auch hin und her geschrieben. Ich habe gesagt, er hat das unbedingt live gesehen und so. Okay, aber dann fragen unbedingt wegen Featuring an. Ja, voll. Es wäre nicht die erste Schweizer Band, die Featuring mit ihm hat. Das Ding ist... Nein, echt? Cardiac hat HC-Band von Genf. Hure gut. Kann nur empfehlen. Das ist fucking sick. Alter, der Song ist... Wenn er zu viel Geld will, können wir darüber reden. Sie haben sogar einen Videoclip zusammen in LA gemacht. Okay. Der Song heisst En LA de Messian. Also die machen auch Spanisch. Und, nein. Aber Vielleicht ist so ein riesen Fan von denen, Alter. Der ist fast gumpet, Alter. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Er ist auf der Oldschool-Hip-Hop-Schiene recht krass. Also, und auch BC Rich Guitars voll durchsetzt, Alter. Das ist ja, BC Rich Guitar, die metaligste Gitarre, die es je gegeben hat. Voll, also. Aber unbedingt das und sonst auch ein bisschen Mixen. Jetzt auch so Metal-Poppies da. Nein, also ihr könnt auch, was Line-Up angeht, was vielleicht auch Features mit anderen Genres. Das wollte ich vorher mal noch sagen. Die meisten Gig-Anfragen, die wir haben, also die meisten Konzerte kommen über andere Bands rein. Gar nicht über irgendeinen Booker oder so. 100%. Also von dem her. Aber das ist generell ein Ding an die meisten, alle Bands da draussen. Du musst mit anderen Bands gut haben, sonst wirst du nie eingeladen. Wir sind auch ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo eben die Leute, wir sind früher die Band, die ein bisschen größere Bands geschrieben haben, so, hey, denkt an uns als Support Act und so, oder? Jetzt schreiben sie euch. Jetzt schreiben sie uns. Und das Ding ist, ich würde ihnen so gerne helfen, aber wir sind immer noch auch. Du bist selber noch Support Act. Genau, wir sind selber der Support Act, oder? Weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Stufen, wo du bist als Band, wo du kannst sein und ja. Das ist einfach ein Kampf. Ja, das ist ein Powertrip. Wie viele Listeners am 13. Februar spielt Powertrip im Hallenstadion als Support Act von, wie heisst die Band mit dem Nazi-Sänger? Pantera. Und echt jetzt? Die spielen echt im Hallenstadion? Pantera spielt im Hallenstadion.
Powertrip ist Vorband von Pantera. Am 14. spielt Powertrip eine Headline-Show im Kofmel. Ich weiss, wir wären ursprünglich hätten im Griff gespielt, wir sind eingeladen, aber wir wären Support Act gewesen. Nein! Aber dann sind sie doch, jetzt gehen sie doch nicht mit Metal Mayhem Griff. Ah, shit. Schade. Sondern mit Good News. Und Good News hat jetzt Comaniac gebucht. Okay. Ja. Ja. Ich glaube Comaniac, aber bin mir sicher. Aber macht auch mehr Sinn, es ist mehr die Umgebung und so. Also. Aber das Ding ist eben, ja, und es hat, ja, eben sogar sie sind Support Act noch, weißt du, was ich meine? Die auch für die Slots kämpfen. Gut, aber halt Support Act von Pantera. Das ist wie Architects, wo Support Act von Fair. Architects und Beartooth, die ja Vorbands sind von Metallica. Architects ist Vorband von Linkin Park. Echt jetzt? Nicht in der Schweiz, aber auf dieser Tour ist Architects ein Support Act von Linkin Park. Guilt Trip hat doch auch so einen geilen Support Act Slot erst jetzt bekommen. Für Architects? Wahrscheinlich. Ja, sie spielen, ja, Guilt Trip, Brutus und Architects spielen die etwa 3 Wochen. Guilt Trip, ich weiß nicht, also die sind mega gut. Ja. So gut. Und easy populär. Ja. Und ich verfolge sie jetzt lustigerweise recht lang, einfach nur schon, weil ihren Instagram-Auftreten mir aufgefallen ist. Sie haben immer High-Quality-Shit gepostet. Aber sie haben etwa 2 Jahre habe ich denen gefolgt, ohne einen Song von ihnen zu hören. Aber immer solche Bilder gesehen. Ich bin mega happy, weil ich habe ein Dings geschrieben, einen Konzertbericht bei ihrem Konzert, also wo sie Vorband waren von Malevolence, oder? Jo. Und dann habe ich einfach ein YouTube-Video geschaut, weil ich wollte mich mit der Band auseinandersetzen, und dann ist der erste Shot ist einfach, wie er von Backstage rausläuft mit einem Meteora-Shirt von Linkin Park. Okay. Ich habe schon gewusst, dass ich die Band gut finde, bevor ich überhaupt einen fucking Song gehört habe. Einfach nur, weil er mit so rausgelaufen ist, so die Fuß aufgehabt hat, und hinten drauf ist einfach so Meteora gestanden, und ich so, yes. Das Ding ist, woher sind die gekommen? Weil jetzt habe ich eben das Gefühl, die sind jetzt einfach aus dem Nichts raus. Malevolence sind von der gleichen Zone und im Record-Label von Malevolence. Die sind quasi under the wing von Malevolence quasi. Okay. Und sind halt von dort, von der Region, dort in England. Manchester. Sie sind halt, das ist das Ding mit HC-Bands. Die haben so ein stabiles, wenn du eine gute HC-Band bist, wenn du Musik machst, die Hardcore ist, gut ist, dann hast du relativ schnell eine Fanbase. Und ein Netzwerk. Ja, eine Fanbase und ein Netzwerk. Weil Hardcore-Bands machen das wirklich gut. Ja, safe. Thrash-Metal-Bands sind das ist wirklich, das ist gut. Das machen sie gut. Und dann hast du auch schnell mal eben so ein paar Shows gespielt, und wenn du gute Musik machst und ein HC-Fan sieht dich und findet deine Band gut, dann hast du den. Du musst nichts mehr machen, du hast den. No. Weil wenn wir HC-Hardcore-Fans und Thrash-Fans und so Fans, die so zu sehr drin sind, die sind dann gerade safe, ja. Family, ich bin jetzt für immer für dich da. Ja. Ich habe so das Gefühl, Paleface kriegt ja jetzt auch so ein bisschen Flack über anscheinend. Also sie machen sich ja selber auch darüber lustig, aber sie sagen Sellout, Beatdown und so Sachen. Ja. Kommt das auch irgendwie davor, dass das HC eigentlich so quasi gnadenlos ist gegenüber so Sachen? Ja. Und Beatdown ist noch schlimmer. Beatdown ist schlimmer als HC und Steroids, Alter. Es gibt so, also ich so. Ja, es ist fucking peinlich, Mann. Ja. Es ist so peinlich. Aber irgendwo durch ist jedes Nische sind wieder genau gleich. Ja, weil sie sind alle genau gleich. Ja, sie sind alle genau gleich. Sie sind alle so, weil dann haben sie das Gefühl, das ist unser Ding, wir sind speziell. Und meine Mami hat gesagt, my mom said I'm special. Und their moms also said you're special. Ja, ist schon. Es ist wirklich das, es ist einfach extrem. Aber ich habe meinen Punkt vergessen. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, Ricky. Das ist sehr gut. Du hast nämlich so angefangen, als ob du wüsstest, von was du redest. Ich kann irgendwie etwas sagen. Wegen HC Guilt Trip. Ich habe ihn im Sedel gesehen. Wo hast du gesehen? Im Sedel. Ich habe sie im Dynamo gesehen. Vor Malevolence. Ja, damit Psylosis. Ja, Psylosis ist krank. So gut. Psylosis. Also, ich finde, Psylosis ist noch ein bisschen technisch unterwegs, aber wir machen es schon ein bisschen ähnlicher. Also, habe ich das Gefühl, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Psylosis. Also ja, weil Psylosis hat früher ja auch Psylosis hat früher ja auch gesagt, alles, was wie ein Breakdown tun, kommt nicht in unsere Musik, weil es nicht true ist. Sie haben extra wegen Thrash Metal Standard gespielt. Ich werde nicht mit den Core-Bands quasi in dem gleichen Bild gesehen werden. Gut, aber zum Fair sein, das ist auch wirklich nur gewesen, um den Core-Bands gegenüber fair zu sein. Weil hätten sie das gemacht, gäbe es keine Core-Bands. Ja. Nein, aber das ist eben genau so 2010 und der ist einfach so, der ist ein Death Metal, Thrash Metal. Das ist der ist Podcast mit Downbeat Podcast. Unbedingt reinziehen mit ihm. Richtig gut. Und es ist wegen dem gewesen, so wie, hey, wir spielen Marshalls, wir spielen Standard Tuning und wir sind kein Core-Band in dem Sinne. Aber hätte Psylosis sich entschieden, eine Core-Band zu sein,
gäbe es jetzt keine Core-Bands außer Xylosis. Weil Xylosis so gut gewesen wäre, dass alle anderen Core-Bands gesagt hätten. Ja. Aber jetzt vorher wegen Mischung von Genres und so gehabt. Und ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel Outbreak Fest ist so ein Hardcore-Festival. Einer von den Sub-Headliners ist Danny Brown. Der macht Rap. Einfach ein Rapper in einem HC-Festival. Das ist aber gar nicht so abwegig. Hardcore, die HC-Szene und Hip- und Rap-Szene, die sind so nah zusammen. Will ich nie das verstehen. ist gar nichts. Das ist LA. Das ist wegen LA. Das ist 100% wegen LA. Weil in LA hast du hast Hardcore-Dudes und du hast Cholos, wo Hip-Hop, wo Rap hören. Mhm. Und dann hast du Suicidal Tendencies. Und basically, Suicidal Tendencies. Die sind eigentlich die was zusammengebracht haben. Ja, weil weißt du wieso? Weil die sehen alle genau gleich aus. Die legen sich alle genau gleich an. Aber look, Suicidal Tendencies, Bandana, Suicidal Tendencies, Cypress Hill, fucking die legen sich genau gleich an. Delinquent Habits, fucking die sehen sich alle genau gleich. Die sehen genau gleich aus. Die legen sich genau gleich an. Mitglieder täuschen, dann wirst du nicht merken. Also bei Suicidal Tendencies 100% und Cypress Hill, also das ist ja das ganze Ding gewesen. Aber jetzt, wo es eigentlich sagst, es macht eigentlich schon noch Sinn. Auch generell ich glaube, von dem her kommt es auch. Ja. Generell HC-Kids züchten sich ja so ein bisschen mit dem die Oldschool HC-Kids, mit den Moshpants und den Käppligen auf, die sind wirklich aus wie Cypress Hill-Fans. Ja. Genau. Ja. Ich bin mal kurz rein schauen bei, was war das? Wie haben die geheißen? Onyx. Und die machen das so Hip-Hop, aber so gefühlt kein Beat, ist eigentlich nur Schlagzeug und Vocals und so. Und die Leute, denen geht so gut das HC-Konzert können sein. Also so ein bisschen oversized T-Shirts, baggy Pants, irgendwelche Turnschuhe und so, Käppli und so. Ja, ich habe das Gefühl, so die Hardcore-Szene und die Hip-Hop-Szene, die sind relativ ähnlich. Also früher, heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen der Aussenseiter-Dings vielleicht gewesen. Ja, definitiv. Ja. Hat sicher etwas. Also, ich finde es auch lustig, so ein Anthrax, kennen ihr ja? Mit Run DMC und mit wem noch? Ja, doch mit Run DMC. Public Enemy. Public Enemy haben sie ja 2 Sachen gemacht und das ist auch so. MOP hat ein Metal-Album rausgebracht. Echt jetzt? MOP hat ein Metal-Album rausgebracht, wo sie Bootleg-Varianten von so Metal-Songs. Ein Song ist ein Slayer-Track. Was er drüber rappt. Der ist bei Dings. Der kommt bei Dings vor. Breaking Bad, genau. Ja, voll. Dort habe ich es auch genau. Ja, und ich habe das ganze Album gehört. Auch der Black Sabbath-Song ist fucking sick. Okay. Da ist eben bei unserem nächsten Song haben wir einen, der ein Hip-Hop-Sample daraus macht. Aus dem Rap. Und wir schauen jetzt eben den Ghetto-Metal-Dudes da. Jawohl. Mal schauen, wie gut es wird. Also, ist jetzt mal nur die Idee, aber ich denke, da werden wir so als Alternate Version noch draufschmeißen. Geil. So Sachen bin ich eben voll offen. Unbedingt. Ja. Ja, Nein. Ich glaube, ich muss den Podcast in 2 Parts teilen. Sonst ist es 4 Stunden lang, glaube ich. Fuck, 4 Stunden? Ja, Bruder. Ja, wir sind schon lang am Schnorren. Das tut mir so leid, Alter. Nein, nichts leid, das ist gut. Das war eine coole Folge. Safe. Das ist 7. God damn it, Alter. Ja. Nein, merci an dir Metal 7 gehört. Merci, Donna, bist du da gewesen. Immer gern. Hast du mal abschließende Wörter für alle Zuhörer? Ey, nur das. Kommen da 12. April Headline-Show in Wetzikon mit This Burning Sky und Sons of Coherence. Alter. Es hat noch Tickets. Es wird geisteskrank. Wir machen nicht viele Headline-Shows, wir spielen da länger, wie 45 Minuten mal, ausnahmsweise. Weil wir jetzt mal uns zwingen, es wird ganz geil sein. Wir sind am 12. woanders gebucht worden mit uns. Nein! Goddammit. Aber es ist generell, es ist auch irgendwie Metal Storm in Luzern oder so. Alles am 12. Ja, es ist ein Kackdatum. Aber hey, wir pushen es jetzt einfach mal, wenn wir können. Nein, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Danke fürs Hören, Alter. Kommt Wetzikon, holt euch so eine Maske, Alter. Jawohl. Wenn ihr mit der Bank hineinlauft, kriegt ihr gratis Geld über. Aber nur, wenn ihr Gegenstände dabei habt, die aussehen wie Waffen. Und dann musst du nicht normal, du kannst auf deine Hand so in die Jacke drin haben. So, ich würde gerne, I'd like to make a withdrawal, please. Und dann musst du gar nicht rausnehmen, die wissen schon Bescheid. Haben die noch Early Birds oder noch nicht? Nein, Early Birds sind draussen, aber Vorverkauf sind 20 Franken, ja. Perfekt. Also wir sind absolut brutal professioneller Podcast mit dem Pitch am Schluss sogar. Ja, safe. Du musst den Pitch aber bei beiden einfügen, wenn es in 2 teilst. Xonar, The Burning Sky und Sons of Coherence. Und sonst von Taos, 29. März, spielen wir im Werk Baden, obwohl wir Xonar nicht spielen kann. Mit Plattentaufe von Save Last Breath, mit Artifiction, Thorn, Lotrify und Taos.
Ursprünglich wären wir ja auch dort eingeladen worden, glaube ich. Darum wissen wir, dass ihr dort nicht spielen dürft. Ja, voll. Yep, ich sehe, alte Verschwörungstheorien sind sie sind aber wahr. Gegen Xona ist eine Verschwörung da. Es ist eine Conspiracy da. So eine grosse Verschwörungstheorie kann es ja nicht sein. Wir haben immer noch 36'000 Followers auf Monthly Listeners auf Spotify. Nicht in der Schweiz, Alter. Das sind alles die Huren... Das sind alles die Botfarmen in Indien. Ja, die Botfarmen in Indien, safe. Alles kauft. Ja, also Punjabi-Core. Punjabi-Core, Alter, wirklich. Also Xona featuring Bloodywood demnächst. Irgendein Rajesh dort hinein ist. Da ist am Schaffen für uns, Alter, sag das. Und gar nicht, er hat ein Skript geschrieben und will das jetzt machen. Ja, Bro, aber der muss ja. Also, das war mir das eben. Merci mal. Ciao zusammen. Heilige Treide. Weiter. Hallo, liebe.